Ja, du warst. Timmy Boy, so synchron waren wir schon lange nicht mehr. Das ist alles, was ich weiß. Aber trotzdem muss ich warten, bis ich mich selber sehe. Normalerweise in meinem super tollen YouTube-Studio sehe ich mich selber innerhalb von wenigen Sekunden. Geil, dann muss ich am Anfang einmal keine dumme Scheiße nicht labern, sondern pure dumme Scheiße. Timmy Boy, grüßt du dir daheim? Rechts vom Saufen rein! Haare! Heute habe ich anders rundum näher, was darf man ja sonst? Ja, klar! Kruzifix 8 ist schon wieder. Kruzifix, es ist fast Mai! Was passiert denn da? Warum bin ich schon wieder unscharf? Also, in der Kamera, meine ich damit. Ja. Also den Tag, also wacht, den Tag, an dem man seine Webcam-Einstellungen ohne 28 Zusatzprogramme und sonst irgendeine Scheiße dauerhaft speichern kann, ich schreibe im Kalender und sage, das ist ein guter Tag. Das ist ein guter Tag. So, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Anzeigen einzuführen. Ja, danke YouTube, super. Die ersten 2 Sekunden, am besten noch vor dem Hallo sagen wahrscheinlich. Kriegst du mal einen Haufen, damit nichts passiert? Nee. Habe die Ehre an die Nikeros, an den Harlekin, an den an den Nikeros, an den Meister, an den Franz! Machst du danach noch einen 2. oder einen 3. Teil? Nicht direkt, glaube ich. Ich glaube, das ist ein wenig zu fad. Wir unterhalten uns heute noch, wenn wir fertig sind, was wir nächste Woche spielen. Wenn uns gar nichts Anständiges einfällt, wo man da anhängt, dann vielleicht spielen wir nächste Woche Mittwoch direkt den 2. Teil. Der 2. Teil dauert aber länger, da brauchen wir, glaube ich, mehr wie 3 Streams. Mr. Sidewinder, merci für den Ziel. Und für deine Fortuna natürlich auch. Übrigens, Lönsep! EAM! OG? Mit der Jill? Und hab noch einen Schuss mit der Pistole und hast einen Tipp. Hab ich einen Tipp. Suche Munition. Das ist der einzige Tipp, den ich habe. Ansonsten, schau dir genau, was glaube ich einer der wichtigsten Punkte ist. Den Fehler haben wir als Kinder halb gemacht auch. Also wir haben da ganz klar waren, wir haben auch alles und jeden überall umgebracht. Jeden Zombie, jeden Hund, jeden Hunter und so weiter. Schau, dass die Zombies, die wenn du in einen Raum einiges, die weit wegstehen und so, dass dann denen einfach immer vorbeilaufst und da ein bisschen am Mund sparst. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Ressourcentipps in Resident Evil 1, den ich, glaube ich, geben kann. Du hast die letzten 2 Streams auch zugeschaut. Ich lasse ja auch teilweise Viecher stehen und so. Und ich hab wie soll ich sagen, ich hab so viel Munition, dass ich gar nicht weiß, wohin damit. Ich weiß zwar nicht, was noch, ich weiß wirklich nicht alles, was heute kommt. Heute ist, glaube ich, der erste Stream, wo ich nicht alle 2 Minuten sage, das war ich noch. Weil in dem Labor unten habe ich nicht so viel Zeit verbracht wie im Herrenhaus. In meinen früheren Tagen. Also, Spielmaster, merci Ziel! Dritt miteinander und der T-Online, wieso ist der nicht angezeigt worden? Das zählt geht einmal gar nicht. Merci für den 2. Monat, der in der Hand. Viel Spaß heute. Ja, hoffentlich. Hoffentlich haben Sie viel Spaß heute. Heute wieder gemütlicher. Wichtigste Frage, spreng ich? Der Spreng ist schon da. Da weiß ich noch, ich habe schon ein paar Mal gelesen. Da ist er. Der 2er ist im Vergleich zum 1er halt nochmal ein Quantensprung und der kam nur 2 Jahre später. Schau dir mal die Sprünge in der Gaming-Branche heutzutage an in 2 Jahren. Das ist ich bestätige jetzt kurz einen Sprenge, bevor ich über den Firestone ausraste. Da hat er absolut recht. Da reden wir gleich. Und dann KCD2 zocken Schimpfnet wegen dem Geld des Past. So, der Chef hat A-Prämie ausgezahlt. Ja, aber die muss nicht mir geben! An geilen Stream, Grüße aus Burglengenfeld. Firestone! Die muss nicht mir geben! Heute ist die Stimme geölt, aber du, das sagt ich. Firestone, weiß ich heute, was ich sagen soll. Merci dir, ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen. Und bei KCD2 brauche ich dir nicht viel Spaß wünschen, weil ich weiß, dass es ein guter Spiel ist. Aber lass die DLCs weg. Lass die DLCs weg. Lass es. Gib mir eine Prämie. Das heißt, du bist der Erste. Hat sonst noch irgendjemand schon die 1000 Euro Prämie gekriegt von seinem Arbeitgeber? Irgendjemand? Somebody? Somehow? Claudia! Schon wieder Claudia. Sag ich doch, 20 Monate nix da neues scheiß YouTube. Ja, wie? Ich hab's selber gesehen. Claudia! Du bist die Einzige, die mir lieben tut. Und Jacqueline auch! Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das jetzt vor 20 Monaten schon einmal gesungen habe. Da bin ich mir 100%ig sicher. Das ist nämlich das Einzige, was mir einfällt, wenn ich irgendwo Claudia lese. Und seid mir merci für den Eurofeuer. Und der Doom, der macht so viel Spaß beim Finale. Merci für den Resub. Pre-Resub. So, was war das jetzt? Schaffleck, Kruzifix! Grüße aus Italien, Urlaub an
aus Italien Urlaub an Venedig, Bella Italia. Das darf jetzt Bürgerin nicht mehr, die möchte schon seit Jahren nach Italien und wir fliegen jetzt mal nach Griechenland, weil ich sage, ich mag nach Griechenland. Feuchter Händedruck als Prämie. Ja, Schulterklopfer ist auch gern gesehen. Oder mal so ein Betriebsausflug. Oder irgend sowas, da wo sich ja jeder denkt, ja, damit ich euch Trottel am Wochenende auch sehen muss. Herzlichen Glückwunsch. Haben wir alle richtig viel Bock drauf. Ist das bei anderen auch so? Betriebsausflug? Und dann ist man unter die Kollegen und dann ist eigentlich ja jeder lästig so mit, ich hab überhaupt keinen Bock nicht und jetzt mir die Scheiße und Kaum kommt der Chef rein. Gefreut sich schon auf den Betriebsurlaub. Ja, freilich, ja, das wird super. Ja, schlafen wir alle zu 28 in irgendeiner Drecksberghütten. Da, wo es drin stinkt, als hätte seit 4 Wochen war keiner mehr rausgekommen. Und fließend Wasser haben wir nicht. Dann einmal Wasser haben wir, das war's. Ist das bei anderen auch so? Oder und ist dann immer einer so ein Buhmann, der übrigens ich bin, der gnadenlos sagt so mit, na, ich sag den ganzen scheiß Tag, ich hab keinen Bock. Na! Hast du kostet es einen Haufen Geld? Vor 5 Minuten hat es noch gekostet. Oh, Personalkosten. Deine Mama hat Personalkosten. Hab ich nur Urlaub zur 28. von. Das geht mir anscheinend, ja. Warum wir so eine Steuer absetzen können? Ohne Scheiß, da hab ich noch halbe Bauch gehabt. So, das ist... Buri, mehr als für 9 Monate. Servus, ich finde das richtig geil, das Retro-Zeug. Ich glaube, dass es da mehrere gibt, aber die breite Masse find's... Ist jetzt nichts für dauerhaft. Ich finde die alten Spiele auch geil. Und das, was der Sprengi schon gesagt hat, aber das Zwarer ist zwar schon noch mehr, das ist richtig narrisch eigentlich, was da für Sprung gemacht worden ist. Claudio! Du bist die Einzige! Es wird aber auch nicht langweilig. Claudia, danke dir. Endlich hat mehr als 22 Monate. Fuck, schon 22 Monate auf weitere gute Jahre. Das hoffe ich doch. Hashtag Bierger und Chill. Merci, Schaffleck, merci für den 20er, das 2, aber das habe ich da schon ein paar Mal gesagt, glaube ich. Bruder, chill! Du hast nix da, Alter. Wenn man die Stimme schon mal nicht abhaut, dann muss man auch mal hier ordentlich reintüdeln. Übrigens, an alle EVE Online-Interessenten. Heute wurde die Kooperation Alpenbund gegründet und hat auch schon ihre ersten Mitglieder. Wer Interesse hat, im Discord melden, gibt es einen Thread im Gaming-Schmerz. Rein da, nachfragen, los. Ja, Monasepp, eines Bürger und Chill. Aber sowas von. Der Kiri schreibt, gut, bei dem Gekreisch wären die Katzen nun auch draußen. Ja, vielleicht kommen sie aber auch gerade. Lausbub, Bürger und Chill! Merci dir für 37 Monate. 20:07 und nur 400 Zuschauer. Das ist das, was ich meine mit die alten Spiele. Da gibt es einige bei uns, die alt genug sind, aber viele von euch oder von uns, sagen wir es so, haben da auf Dauer keinen Bock drauf. Deswegen mag ich jetzt da nicht das 2er noch durchhauen und das 3er noch durchhauen. Herr Fridolin! Was ist denn jetzt wieder? Ist halt wieder Mitgliedschaften umsonst, oder was ist los? Wieder Xira! So, haben wir's jetzt, oder was? Der Herr Monowirt hat einen Resub in neu, meine Damen und Herren. Fridolin, Abedere, welcome to the squad, Vinoxira, welcome to the squad. Ab in den Chat, wenn ihr mitmacht, dieser Nudelsepp. Oder sitzt draußen im China wieder, das kann auch sein. Ja, was ist denn jetzt wieder? Muss kommen! Es ist ja eine Alexandra. Ich hab die ganze Zeit gelesen, Alexander. Frau Bichler! Welcome to the squad. Kuss auf die Nuss, Dankeschön für deine Mitgliedschaft. Ab in den Chat, habe die Ehre, wenn ihr mitmacht. Da, es gibt der Staudi noch. Was auch sonst, in den Minuten fangen wir an, sonst werden wir nicht fertig. Staudi! Wie nennt man einen mit polnischen Nagetierleder verzierten Drehhebel? Boba Kurbla lachender Smiley mit geschlossenen Augen. Einen mit polnischen Nagetierleder verzierten Drehhebel.
bin erst mal 24. Der Kämpfer ist schon Alter, so gefährlich nah an den Sprenger ran, ja. Da muss ich sagen, ja, den kann man lassen. Den kann man lassen. Why not Alpenbund? Weil das unsere amerikanischen, schottischen, koreanischen und französischen und wo haben wir noch umeinander? Das glaube ich war so gut, wir Friends nicht verstehen. Oder den Wortwitz nicht verstehen, leider. Tschui! Mir ist wieder ein Fünfer. Bin erst bei 24 und feier sowas. Schöne Grüße aus Sachsen. Tschui! Was gibt's zum Geburtstag? Ha? Russen? Ja, Russenfreund haben wir nicht viel. Nein, Russenfreund haben wir nicht viel. Die Russen sind eher die mir gerne aufs Maul hauen würden. Aber da sind gerade auch relativ wenig da. Früher waren mehrere da. Tschui, alles Gute! Ab in den Chat heute, Tschui, alles Gute zum Geburtstag. Jetzt spielen wir. Wir spielen jetzt so Weekend. Gar nicht lang. Ich hoffe, dass wir fertig werden. Ich hoffe, dass irgendjemand das Spiel noch kennt, weil wir haben ja in dem Labor mittlerweile schon unten. Ja, der strahlt am Anfang, der macht mich aber komplett fertig. Zaunerbuhr! Der aus dem Rottal hin! 10er ist 2 und das heißt, Zaunerbuhr, merci dir, Kuss auf die Nuss, schöner Grüß zurück aus Landau, Kacknudelhausen. So, wir spielen jetzt, Alerts sind jetzt aus! Das ist alles, was ich muss. So, los geht's. Mir fehlt ja wegen der PS1 Intro. Das stimmt, ja. Der Sound, der war damals auch schon bedrohlich. Und den Sound von der PlayStation 1 beim Einschalten, der weiße Bildschirm mit dem goldenen, ich glaube S ist, also für Sony halt, der Sound, der da kommt, den verbinde ich bis heute mit einer Bedrohlichkeit und Resident Evil 1. Also für mich, das hat sich so in mein Hirn einbringt, das kommt natürlich vor jedem Spiel, aber das erste Mal in meinem Leben in Kombination mit der eigenen Playstation war halt immer dieses Sony-Logo. Und, seien Sie clever! Gegen die Feinde zu kämpfen. Warte mal, beweg den Bums. Ich hab doch extra ein Gamepad vorher schon angeschaltet, diesmal Kruzifix. Der Maxi schreibt der Hallo einer, merci für deine 6 Monate, Kuss auf die Nuss. Präsident Stiefel. Merci für den Resub. So, wieso geht jetzt das nicht? Muss ich eintappen oder außertappen oder was muss ich denn da? Hupft da jetzt mit dem Monitor umeinander, geht schon wieder nix. Und geht schon wieder nix. Das geht halt einfach wirklich nix, gell? Schaut mir so mal aus. Friedolin! Flashbacks incoming, Start, out, das geile Spiel, viel Spaß, tut sich einer. Was? Er schreibt es wenigstens noch freiwillig aus, weil er ganz genau weiß, dass man bei uns das darf. Wegen dir haben meine Streams im All gegeben. So, jetzt stecke ich es zum 3. Mal an, soll es sein. Controller sagt nein. Habt ihr... Na, Controller sagt einfach wirklich nein. Mein Kruzifix, was ist denn wieder? Beliebig Taste, Spiel laden, BIM laden. So, da drücken wir jetzt Alt F4. Dann starten wir das Spiel nochmal rein. Das hilft eh nicht. Was soll ich machen? Wenn jetzt heute der Controller umeinander spackt, dann kriege ich aber einen Vogel, ist das schon klar. Display, Presentation, Scaling Method, Language, bla bla bla. Da steht auch nichts von irgendwie GameStar. Ich tue jetzt einfach nochmal starten, schauen, was passiert. Jetzt schreibt mir der Capcom-Scheiß gleich wieder an. Jetzt geht er! Ich hoffe, dass ihr jetzt auch was seht. Das war jetzt auch noch schön. Ja, dankeschön. Hier, Spiel laden! Lade das Spiel. Wegen mir, ich glaube, du hast tief ins Glas geschaut. Ja, versuch was wird. Ihr auf irgendjemand muss schirmen. Ich weiß nicht. Hier, Chill, Birger und Chill. 20 Mal haben wir gespeichert. Das glaube ich war nicht im Ansatz nötig. Haben wir mir eigentlich einmal wirklich gestorben? Lassen wir das Chill-Sandwich, lassen wir mal weg. Das ist, da haben wir getestet, das zählt eigentlich gar nicht als doof. Haben wir mir eigentlich einmal gestorben im Spiel? Steam-Controller incoming. Der Meister, genau das wollte ich erzählen. Hat irgendjemand den Steam-Controller-Test bei der GameStar gesehen? Ich glaube gestern ein Video oder vorgestern ein Video. Heilige Scheiße, Alter. Das ist zwar ein absolutes Luxusgerät, ja, das Teil kostet wahrscheinlich 100 Euro oder mehr, aber das wenn ich mit den Advanced, ich weiß gar nicht wie es heißen, die Advanced Controller von der Playstation und von Xbox anschaue, das Ding ist fast schon geil. Du hast Steam Frame her. Was war denn das Steam Frame? Was war denn das gleich wieder? Das war nicht der kleine Kasten. Also pass auf, so. Wir haben jetzt da, wir spielen jetzt Resident Evil Tour, wo haben wir überhaupt? Haben wir noch in dem komischen unterirdischen Labyrinth-Scheiß? Mal schauen, also Munition haben wir wirklich zum Saufordern, außer Pistol Moon. Aber das ist egal, so viel Zeug soll da nicht unten sein. Mit einem, 2 Schrotflintenmagazin. Wir haben ein bisschen angetatscht.
leicht angeditscht. Wir sind leicht gelb. Steamframe ist das neue. Ach, die heißt. Okay. Ja, okay. Echt interessiert die? Weiß ich noch nicht. Aber wir sollten uns. Wo haben wir jetzt da eigentlich? Um Gottes Willen. Ja, da fallen die Schlangen aber ja, ich erinnere mich. Was müssen wir denn da? Lang jetzt einfach da lang. Käme ich schon wieder aus. Da hinten ist der Lift. Ja, auf und zu und ja. Da meine ich, da stehen dann auch noch 2 grüne Kräuter, 2 blaue Kräuter. Da nehmen wir schnell uns mit, fressen wir es. Nichts wetten? Ja, vor allem kann ich mir Sachen merken, das glaubst du eh nicht. Kaum interessiert mich ein Spiel, wirklich kann ich mir das merken. Schau, was hab ich gesagt, Alter? Ja, nehmen wir so ist das schon. Jetzt sind wir wieder. Ja, da muss ich da so herfahren. Ist recht. So, easy, haben wir schon wieder vorher. So, dann oben in den Bums. Und dann schauen wir uns erst einmal um. Weil ich da unten da weiß ich wirklich einfach gar nichts mehr. Eskaflaut! Servus auf einen geilen Retro-Abend. Chris aus Tirol, Grüße zurück. Kuss auf die Nuss, merci. Bürger schauen und lernen für die Pflegeausbildung. Beste Kombi. Nee, da bin ich mir nicht so sicher. Meine Pflegetipps sind folgende. Egal was dem Patienten fehlt, immer mit unfassbar viel Nivea eincremen. So, hier sind wir. Da waren wir letztes Mal auch schon. Jetzt warte mal, was war da los? Die Tür ist fest verschlossen, rechts befindet sich eine Tafel. Ich werde einfach gnadenlos ausspoilern heute, gell? Also wer das Ende von Resident Evil 1 noch nicht gesehen hat, der wird Pech haben. Ich glaube, das ist, wenn wir einen Endboss haben, dann tickt der Timer aber, das ist ja auch ganz typisch für Resident Evil am Schluss. Und dann geht diese Türe da auf und da müssen wir uns dann in unter 5 Minuten oder so, oder 3 Minuten, ich weiß nicht mehr, hindurch bewegen, sonst sind wir tot. Man muss es mit der Lotion eincremen. Richtig, Meister. So, here we are. Wieso schau ich jetzt da noch mehr rein? Da, ja, stimmt, weil ich wissen will, was wir alles haben. Was haben wir alles? Da haben wir nix, Feuerzeug, Heilungsspray, ja, das nehmen wir dann zum Endboss mit. Magnumgeschosse, wichtig, die Kurbeln haben wir noch, gemixte Kräuter gegen Gift, noch mehr Heilungsspray, den Colt haben wir noch, plus 12 Schuss, wenn man nicht alles täuscht, das sind 18 Schuss nur mit dem Colt. Kampfmesser brauchen wir nicht, nochmal Magnumgeschosse, die leere Flaschenwaffe in Chris und das Rätsel braucht man nicht. Nochmal ein Backel Brandmund, nochmal gemixte Kräuter, ein Magazin mit einem Schuss, weil wir keinen Platz mehr haben. Und unbedingt dran denken, die Mo-Disketten und die Dias. Ich bin mir nicht sicher, ob man die Dinger braucht, um weiterzukommen. Das weiß ich nicht mehr, das wird dann zu detailliert, ich erinnere mich nicht. Schauen wir mal, da glaube ich haben wir einen Zombie stehen lassen. Haben wir da einen Zombie stehen lassen? Nein, haben wir nicht. Da stehen dann noch mal 2 Kräuter. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen rundum schauen, weil ich kenne mich wirklich nicht mehr aus da. Das ist, da war ich einfach nicht so oft. Und zur Not brauche ich ein bisschen Unterstützung von euch. Sie ist elektronisch verriegelt. An das erinnere ich mich noch. Ich glaube, da werden dann die Lichter über die Türen auch grün, wenn man die freischaltet. Aber ich weiß natürlich nicht mehr wo und wie, aber irgendwo am Rechner. Visual Data Room. Dort ist ein Schild. Videodatenraum. Dann kann man die Dinger wahrscheinlich da drin brauchen. Kann das möglich sein. Wenn die Illusion das Schlimmste wäre, wäre es super. Ja, Respekt hier, Pflege braucht man im Land. Ich kann es nicht. Ich sag freiwillig, was ist. Ich könnte es nicht. Jetzt gehen wir mal da rein. Schauen wir, was da so los ist. Ist da was los? Wo haben wir überhaupt? Da waren wir überall jetzt schon. In der Tür am Ende waren wir noch nicht. In die Bordetür. Schauen wir mal, die ist glaube ich auch elektronisch verschlossen. Ja, sie ist verschlossen. Was kann man da tun? Ein Eingabefeld für Passcodes. Sie kennen den Passcode nicht. Aber ich erinnere mich überhaupt nicht mehr daran, wo und wie. Und ist auch elektronisch verriegelt. Hat allerdings kein Licht oben drüber. Kann man da was machen? Nö. Wo geht's da hin? Was haben wir hier? Da meine ich, waren wir auch schon. Es scheint, als ob jemand dies erst kürzlich benutzt hat. Haben wir das schon geregelt da, oder was? Wieso ist denn da stockfinster? Kann man das etwas sagen? Haben wir da kein Licht mehr? Da hat man doch ein Licht mehr, genau. Brief eines Forschers, 8. Juni 98, liebe Ada. Ist das Ada Wong? Haben wir das letzte Mal nicht gelesen? Lesen der wir natürlich schon, das ist wichtig. Liebe Ada, wenn du dies hier liest, werde ich bereits irgendetwas anderes sein. Der heutige Test fiel positiv aus, genau wie ich erwartet habe. Mir ist, als ob ich gleich durchdrehen würde, wenn ich daran denke, einer von denen zu werden.
Oder du bist nicht infiziert und ich hoffe, du wirst es niemals sein. Für den Fall, dass du die Einzige bist, die übrig bleibt, nimm bitte das ganze Zeug aus dem Videodatenraum und geh in den Energieraum, damit du das Auslösesystem einschalten kannst, bevor du fliehst. Und bring all das hier durch die Medien und die Öffentlichkeit. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich weiß, ich kenne die Rolle der Ada Wong nicht hundertprozentig in Resident Evil. Ich finde die ja gar nicht so wichtig und cool wie sehr viele deren. Ich weiß nicht warum. Einfach nur, weil es mit dem Lian umeinander gespust. Weiß nicht. Wenn alles in Ordnung ist, können alle Schlösser durch das Sicherheitssystem geöffnet werden. Du hast Zugang zu dem System, wenn du dich mit meinem Namen am Terminal in dem kleinen Labor anmeldest und das Passwort eingibst. Das Passwort ist dein Name. Ada. Ada. Um die Tür bei B2 zu entriegeln, wo sich der Videodatenraum befindet, solltest du dich zuerst mit unserem Namen anmelden und dann ein weiteres Passwort eingeben. Den Code habe ich weiter unten aufgeschrieben. Ich bin sicher, du wirst ihn mühelos verstehen. Waren das nicht die Runen, die auf dem Battle hinter uns sind? Und das ist meine letzte Hoffnung, falls du mich völlig verändert vorfindest, bitte bring mich eigenhändig um. Passwort? PP Fisch Pfeil M. Bitte in den Chat. PP Fisch Pfeil, halber Pfeil M. Dein John. Jonathan. Okay, wir haben den aber auch gespeichert. John Ada. John Ada. Aber wie macht man da herin ein Licht da? Da muss man doch ein Licht mal erkennen. Ich weiß nämlich, dass da 100 Pro hängt da ein Battle. Es ist viel zu dunkel, um etwas zu sehen. 100%. Das haben wir doch letzte Woche schon gesehen. Ein Schalter für die Lüftungsanlage, aber es ist kaputt. Pipi Fischpfeil. Schauen wir mal das da auf die Seiten. Okay. Da ist ein Schalter, möchten Sie ihn betätigen? Ja. Und nu? Sag ich immer noch nichts, ich brauche noch das andere Licht da. Was ist mit dem roten? Hier, da ist ein Schalter, möchten Sie... Das hat's doch gar nicht gesagt. Da, sehen wir da herin in der Bumsbude auch mal irgendwas. Gibt's da sonst irgendwas? Da waren wir doch letztes Mal schon. Wenn mich nicht alles schauen wir mal da schnell rein. Liegt garantiert was drin. Was soll ich denn? Möchten Sie das nehmen? Magazin? Freilich nehmen wir das Magazin. Haben wir das nicht letztes Mal schon aufgeklappt? Wir waren wir doch da schon herin. Oh, Apfel! Apfelbaum, Mann, Frau! Mir dünstet da was. So. Was war der Code? Was war der Code gleich wieder? Botanikbuch? Ne, eventuell das, der Sammelmappe? Ne. Brief eines Forschers war es, glaube ich. Ja. Müssen wir da her? Fisch 1M. Ja, InProxy, damit kann ich arbeiten. Mr. InProxy, damit kann ich arbeiten, das passt. Sehr gut. So. Mann, Frau, Apfel, Tree. Jetzt lass mich schauen. M. O. Schreibt mal Apple mit 2P, ja. L. M. O. L. Wo ist das M? Maul! Das habe ich nicht mehr gewusst, Alter. Maul habe ich wirklich nicht mehr gewusst. Meine Damen und Herren, festhalten, Mole. Guacca. Guacca. So, wo müssen wir das eingeben? Wo müssen wir das jetzt eingeben? Was ist da? Na, da waren wir schon. So, dann gehen wir da mal weiter. Ist da... Da geht irgendwas. Irgendwas geht da. Wo kommen die her? Geht's halt her jetzt da! Der kommt einfach hinter mir her. Wieso kommt der hinter mir her? Ich habe auch immer ein bisschen seltsam gefunden, dass die... Da steppt noch irgendwo jemand. Das ist verdächtig. Es ist zu dunkel, um irgendetwas zu erkennen. Das weiß ich nicht mehr, wenn man da reinkommt. Das weiß ich nicht mehr, wenn man da reinkommt. Das ist grün. Erst einmal sauber noch einmal geschossen, damit nichts feit.
Bist du hier? Nein, du bist nicht hier. Jetzt bist du hier. Das hat mein professionelles Auge schon erkannt. Tut immer nicht runter. So, nachladen. An unseren Löwensepp, die muss ich jetzt alle da schießen. Das war jetzt kein Problem nicht gewesen, dass man den Haufen da in dem großen Bereich da einfach stehen lässt, da kann man immer vorbeilaufen. Aber die Teufel, die da in den schmalen Gänge umeinander rennen, das ist halt behindert. Sie ist von innen verriegelt. Jetzt schauen wir mal da. Da geht's auch nicht rein, oder? Doch, da geht's rein. Da waren wir auch schon, oder? Da ist ein PC. Der Computer wird benötigt, um das Schloss zu öffnen. Möchten Sie ihn anschalten? Ja, sicher! Hackerman! Schau dir den geilen Monitor an. Schau, der ist her wie Brot. Umbrella! Braucht ewig zum Auffahren, ist ein Wahnsinn. Und jetzt? Umbrella Computers, bla bla bla, Copyright Login. A. D. A. Oder war das Passwort? Passwort? A. A. Oder was? John und ADA? Wie geil ist das auf dem T-Shirt? Beim ersten Versuch, glaubst du, hast du mal gemeint. Jetzt pass auf, dann ist der Login eher John wahrscheinlich. Ja. Und das Passwort ist Ada. Ja, 1998 bzw. 96 hat man es mit der Passwortsicherheit noch nicht so genau genommen. Weißt du sehen, was es ist? Geil, wie es auf dem Tisch steht. Das ist wirklich gut. Haben wir schon drin? Dun, 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 dun. B2, B3, Select Floor, B2. Wie geil das so umeinander ruckelt. Accessing. I'm accessing B2. What now? Permission denied. Try enter password. Und da brauchen wir jetzt Mole. Das weiß ich jetzt nicht mehr, was wir. Ich probiere jetzt mal. Mole. Verified! Was ist das da? Kleines Ickerlein geschaut einfach. B2 unlocked. Select Floor B3. Da probieren wir es jetzt einmal mit Mole. Oder brauchen wir da wieder anders? Das weiß ich jetzt nicht. Das ist einfach so aufgesperrt. Okay. Naja, die werden wir dann schon finden. Unlocked. Cancel. Quit. Rally. Das war noch Windows 98. Das glaube ich nicht, dass 1996 Windows 98 gegeben hat. da muss nur 3 abziehen. Nichts Besonderes. Ist das sonst irgendwie was hierin? Nicht. Muss man da nicht auch irgendwas zusammenmischen? Hat man da nicht irgendwas zusammenmischen müssen? Ich weiß es nicht mehr. Nichts Besonderes, nichts Besonderes. Na, sonst ist da nichts. Das ist jetzt der kleine Computerraum. Jetzt schauen wir uns mal Karten an. Das ist auf B3. Okay, wir haben jetzt da links oben die Bereiche aufgesperrt. Und schauen wir einfach mal, wenn wir rausgehen, geradeaus rausgehen, ob wir da in die zwei Tieren reinkommen, weil ich das jetzt nicht zuordnen kann, was wir da jetzt nicht aufgesperrt haben. Ich sag's, was ist. Da erinnere ich mich nicht, aber so tragisch kann es nicht sein. Was soll denn? Respawnen die da immer wieder? Energieraum, die Tür ist fest verschlossen. Sehen, Löwenmann? Schauen wir da nochmal. Ah, da ist ein Licht, da ist ein Licht gegenüber schon. Jetzt kommen wir da. Da der wir gar nicht lange an mit euch zwei Affen! Oh shit. Ja, du, ich hab noch genug für alle da. Also, die kriegen wir aber mit ein bisschen drin. Nolan. 3, 4. Ja. Und dann stirb. So viel Munition sparen, wie es geht. Ich verkack's auch jetzt mal. Ich brauche immer eine Kugel mehr pro Zombie, wie es eigentlich sein soll. Fax! Oh, 5 Modem.
an den Leiter der Abteilung Hygiene von Sonderkomitee bei Katastrophen Raccoon, Abteilung für besondere Forschung. Dieses Memorandum ist streng vertraulich und muss vernichtet werden, sobald es verstanden worden ist. Voll eine gute Idee. Ich hab's gelesen, ich hab's verstanden. Ja, da ist so eine komische Ausbuchtung in der Wand. Die sagt man überhaupt nicht, wenn man vor der Tür reingeht. Ich stell's da weiter rein. So schlimm kann es nicht sein. Betreffend den Ausbruch des T-Virus, der kürzlich auftrat, leitete dieses Komitee eine Feldstudie ein. Entsprechend der Ergebnisse des Gutachtens liegen die Schätzungen über das Ausmaß der Zerstörung, die durch den Zwischenfall verursacht wurde, beträchtlich höher als früher berichtet. Erstens. Entschuldigung. Obwohl es sehr schwierig ist, genaue Daten in Form von Zahlen zu erhalten, nimmt man an, dass mehr als die Hälfte der Wissenschaftler starben, nachdem sie dem T-Virus ausgesetzt waren. Bei einer endgültigen Ermittlung wird sich die Zahl der Toten sehr wahrscheinlich noch erhöhen, da fast alle Überlebenden typische Symptome des T-Virus zeigen. Zweitens. Unser Sicherheitssystem ist auch weiterhin im Einsatz. Unser spezieller Sicherheitswachtrupp wurde jedoch fast völlig vernichtet. Aus diesem Grund wurde Informationsmaterial, das von unserem Unternehmen als streng geheim eingestuft ist, auch Außenstehenden bekannt gemacht. Gegenmaßnahmen sollten so schnell wie möglich ergriffen werden. Abschließend muss erwähnt werden, dass uns viele der Subjekte dieses Experiments entkommen und außer Kontrolle geraten sind. Wir glauben, dass einige Wissenschaftler von diesen Subjekten getötet und ihre Körper verstümmelt wurden. Es ist schon eine eigenartige Übereinstimmung, dass gerade diese Ereignisse der Beweis für den Erfolg unserer Forschungen bedeuten. Es gibt jedoch ein sehr hohes Risiko, dass diese Neuigkeit bis zur Presse durchsickert, wenn wir nicht sofort handeln. Die Lage ist äußerst ernst. Unser Vorhaben, den Zwischenfall mit dem Ausbruch des T-Virus zu vertuschen, ist extrem kritisch. Wir hoffen, dass die Situation sich schnellstens zum Guten wenden lässt. Wir sind besonders besorgt, dass die Staatspolizei und STARS sich zu rasch einmischen. Wir haben STARS übrigens. Special Tactics and Rescue Service, glaube ich, heißt. Wir müssen auch auf eine solche Situation reagieren können. Okay, Fax wurde gespeichert. Welcome to 1996, wo wir Faxe noch speichern können. Excite. Depf. So hat das als Kinder ausgeschaut. Depf von Dosen, Depf von Dosen, Depf von Dosen. Depf, 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 Depf. So, weißt du, hält man das ein? Was haben wir da? Hier, Faxgerät. Das ist ein Gerät, das Passcodes ausgibt. Wenn ich eine Mo-Diskette hätte, könnte ich den Code aufzeichnen. Ja, ich habe eine Mo-Diskette, die liegt Gott sei Dank in der Kiste drin. Die meisten Bücher dort sind Romane. Und das Dream Escape. Na, wie wird Depp von Dosen? Na. Das lasse ich nicht sein. Ist da vielleicht irgendwo Munition drin, Kartons und Plakate, nichts Brauchbares? Entschuldigung, wenn das Plakat nicht brauchbar ist, dann weiß ich auch nicht, was sonst brauchbar ist. Haben wir da drin? Nix. So. Was für einen Raum haben wir jetzt noch freigeschaltet? Den da links oben, den rechts unten habe ich jetzt nicht überprüfen können. Und die Zombies in dem Rundgang, die Pisser respawnen. Das ist unangenehm. Das ist richtig unangenehm. So, da müssen wir nicht mehr rein. Jetzt probieren wir mal schnell. Was ist der Passcode, oder? Ja, für Passcode. Sie kennen den Passcode nicht. Okay, acceptable. Was war da drin gleich wieder? Ah ja, das. So. Wo stehen wir? Wir stehen an der breiten Tür, gell? Wir stehen links oben, wir müssen rechts oben. Habe ich diese beiden Türen ausprobiert? Weiß ich nicht. Nö. Habe ich schon ausprobiert. Da müssen wir rundum laufen, sonst kostet uns das 2 Munition. Gut, holen Sie mal eine Mo-Diskette. Da war doch irgendwo... Was ist das jetzt auf? Haha! Das ist auf. Was haben wir da? Ein Funkgerät. Es scheint jedoch nicht funktionsfähig zu sein. Super, gut, dass es den Raum gibt. Da gefällt mir aber. Was ist mit dem da? Das schaut komisch aus. Wieso ist das gerendert? Wieso ist der Balken da gerendert? Kann man den Schirm... Meine mal. Dort wurden sonderbare physikalische Symbole aufgetüdelt. Ein Bildschirm. Ah, kann man da... Ein Projektor, kann man da die Dias einhauen? Das ist ein Schaltschrank. Möchten Sie ihn öffnen? Ja, sicher. Das ist ein Schalter. Möchten Sie ihn betätigen? Ja, sicher. Was soll ich denn? Ah, hier, mein Programmer-Auge. Ja, klar.
Ja klar, das habe ich schon wieder später. Was ist denn in Abrahams Wurstkessel drin? Was ist denn das überhaupt? Möchten Sie dies nehmen? Laborschlüssel. Für was er immer der ist. Den wir nochmal überprüfen. Vielleicht sagt man, für was er ist dann. Nichts Wichtiges. Hier ist ein seltsames Zeichen. Hier ist ein seltsames Zeichen. P-Raumschlüssel. Danke für die Abkürzung, Spui. Nett. Aber ich glaube, das Zeichen ist das nicht unten vorne an der Tür in dem Rundgang. Naja gut, jetzt suchen wir mal Kisten. Kistige Kiste, meine Damen und Herren. Die müssen da irgendwo herum sein. Oder? Kistige Kiste, jawohl. Ein bisschen Inventarmanagement betreiben. Den behalten wir uns. Wir nehmen eine Mo-Diskette und wir nehmen die Dias mit. Wir nehmen die Dias mit, ja. So, und dann wieder rein. Ich nehme mal an, dass wir die Mo-Diskette dann auch gleich wieder verlieren und den Schlüssel auch. Da haben wir dann schon wieder Platz. Jetzt gehen wir mal da rein. Stecken wir mal die Dias da rein. Ich glaube, ich weiß noch, was das ist. Ich glaube, da kämen... Ich weiß nicht, ob man mehrere Dias finden kann oder ob das eine Dia da gelangt. Da haben jetzt halt alle Monster drin. Da haben die Zombies drin mit ein bisschen Beschreibung, die Cerberus-Hund, die Hunter und so weiter und so fort. Die Schlangen, glaube ich, ist auch drin. Die Spinnen, glaube ich, sind auch drin. Also alles, was wir bis jetzt so gesehen haben. Ein Projektor. Warte mal. Umbrella Inc. Biowaffen PR-Material. Was haben wir hier? Da, was sag ich denn? Was war's gestern gewesen? MA39, Cerberus. Leider nicht mehrere Informationen. Was haben wir noch? Ja, stimmt. Der Fisch, der Neptun, haben wir auch getötet. Mittlerweile darf er tot sein. Der gute alte Hunter. Sonst darf man ja auch gar nicht wissen, wie die Viecher heißen. Oder das Spiel möchte, dass wir es nennen. Was haben wir noch? T002 Tyrant. Darum heißt es übrigens auch T-Virus. Den sehen wir noch, habe ich das Gefühl. Was haben wir noch? Nichts mehr. Na, Spinnen waren dann keine drin, Schlangen auch nicht. Aber an die Schlangen behaupte ich, also habe ich gemeint, erinnert ich mich sicher, bei den Spinnen war ich mir nicht sicher. Und da ist jetzt das erste Mal Institut für Biowaffenabteilung, Forschung, Entwicklung. Seht ihr, wer das rechts ist? Wer kann das ganz rechts sein? Das war der Wesker, selbstverständlich. Und ich da nur mit der... Ah ja. Jetzt muss ich mich da nochmal komplett durchklicken, oder? Der Tyrant muss der berühmte Präsident Stiefel sein, ich glaube schon, ja. Das ganz rechts war übrigens der Wesker. Eigentlich der Hauptantagonist im ganzen Resident Evil-Universum immer. Deswegen bin ja ich schwer davon ausgegangen, dass der Sino heißt der, glaube ich, in Resident Evil Requiem. Dass das der Wesker ist, weil der schaut wirklich genauso aus. Hinterher geschleckte blonde Haare, Sonnenbrille auf, labert irgendeine dumme Scheiße, muss der Wesker sein. Ist für mich übrigens auch der Wesker. Mag nichts wissen von einem Sino oder sonst was. So, wir brauchen eine Mo-Diskette. Und nehmen wir jetzt da einmal... Wieso wir mir zwei Mo-Disketten haben, das weiß ich nicht, aber das werden wir schon herausfinden. Gott sei Dank, dass da die Idioten nicht respawnen. So, Mo-Diskette. Nein, falsches Menü. Passcode 01. Du kriegst ein Lochkarten rausgeschissen. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und deinen eigenen Sohn nicht verschont hast. Mose 22,16, alles klar. Nie gehört. Passcode 1, deswegen Passcode 01, ich verstehe. Passcode 01, wahrscheinlich brauchen wir den zweiten noch. Wahrscheinlich brauchen wir sogar 3, damit alle 3 Lichter ausgehen. Oder? Passcode, Sie haben den Passcode eingegeben. Ist jetzt die Modisketten weg? Ja, also können wir eigentlich gleich noch mit zurück ausgehen. Ja, können wir gleich zurück aus. Ich finde da interessant, dass für diese Zombies da herunten, erstens schauen sie anders aus. Gut, sie haben kein Quando. Sie haben ein anderes Soundpaket, sowohl bei den Steps, als auch wenn man drauf schießt. Und das habe ich mir damals schon überdenkt, die schreien so komisch. Also ganz anders wie alle anderen Zombies, die man sonst im ganzen Spiel irgendwo sieht. So, wo ist es? Hier ist es. Haben wir sonst irgendeinen Scheißdreck, den man da herunten brauchen kann? Wahrscheinlich nicht, aber wir brauchen 3 Modisketten, hundertprozentig.
Passcode 1, 2 und 3. Und ich rieche, dass wir den zweiten Passcode jetzt in der Tür kriegen, den wir aufgesperrt haben. Machen wir mal so. Hello. Karte. So, wir haben jetzt da links oben in dem roten Bereich gerade die Treppen runtergegangen. Wir müssen jetzt nach rechts unten. Rechts unten müsste eigentlich dann... Oh, da ist nochmal ein Großgebiet schon hin. Geht schon nochmal ganz schön umeinander. So ist das nicht. Das rechts oben, was wird das sein? Ein Lift wahrscheinlich. Und in den mittleren Raum... Nein, da laufen wir jetzt einfach mal vorbei, wenn wir schon das so finden. Na, ja, klar. Natürlich schaust du jetzt in die Richtung, du Mistviech, du angesagt's. Mir wurscht, da liegen vielleicht nur kleine Kräuter rum. Ja, sag mal! Ah ja, jetzt können wir den Weg. Oh, wir brauchen unbedingt Heilung. Was ist da herin los? Da gehen wir gleich mit da rein. Haben wir mit euren vielleicht auch mal irgendwann einen Safe Room? Grütze in Allfeier, was ist denn das wieder? Oh. Das stinkt nach Gaskammer. Also das jetzt ist vielleicht ein bisschen drastisch schon, aber es stinkt nach Gaskammer. Instrumente für die Operation. Lass mir mal schauen, wie wir das machen. Na! Okay, geh wieder. Jetzt haben wir es schon verdammt genau beieinander, okay? Jetzt warte mal, jetzt. Ja, ja. Der haben wir mal weg da. Er schaut mich an, als darf er nicht respawnen. Okay, der ist hier. Haben wir nur noch 3 Schuss, dann können wir eigentlich Gleitschrotflinten nehmen. Jetzt schauen wir mal, was da los ist. Da ist noch nicht viel los. Ja! Fucking, finally. Da liegt auch noch Brandmund, die lassen wir sauber da liegen. Grüne Kräuter nehmen ja und irgendwo waren doch nur Rote zum Singen, oder nicht? Waren da nicht noch irgendwo Rote? Mal schauen. Schauen wir mal. Da werden wir jetzt gestorben. Da werden wir jetzt einfach beinahe verreckt. Jetzt gehen wir da noch mehr rein. Da waren noch gerade rote Kräuter. Ja, genau, die verbinden wir. Rotes Kraut, grünes Kraut. Möchten Sie das kombinieren? Ja. Und dann möchte ich das gerne auch gleich essen, weil mir geht's nicht so gut. Mir geht gar nicht so gut. Was liegt denn dort? Da liegt da irgendwas. Warte mal. Was ist das da? Das ist Schrotflintenmund. Haha. Beim Manager genug haben. Nehme ich mit, du. So, können wir das da jetzt nochmal machen, ohne, lass mich kurz überlegen. Von da komme ich nicht hin, das heißt, wir müssen die oben umschirmen. Sehe ich das einigermaßen richtig? Ja, glaub schon. Let me try it. Okay. Warte mal, beinahe wieder aufgegrenzt. Herr Markus, sind Sie schon wieder am Backseaten? Sag ich das richtig? Hm? Sind Sie schon wieder eine Backseaten? Hm? Was ist da los? Wird da gebackseatet? Sag ich das richtig? Ihr könnt's backseaten, wann ihr wollt. Aber nicht in Resident Evil 1. Nächte, es gibt viele Spiele, aber das hier ist meins. Jetzt muss ich bloß betten, dass die scheiß Lotte reinpasst. Oh. Ah, ist nicht so schlimm, müssen wir bloß einen Zug mehr. Ist nicht so schlimm. So, schau her. Schirmen wir jetzt mal noch nicht ganz ohne. Ich hoffe, dass wir es dazwischen einbringen. Ah ja, das ist schon okay. Markus, was? Was ist da los? Ich weiß nicht so. Dort ist ein Luftschacht. Möchten Sie ihn betreten?
Erinnert mich, da blitzt was! Was ist das? Magnumgeschosse, freilich nicht mehr damit. Was hab ich? Ah, schau her, wie ich es gesagt habe. Ich habe mich nicht erinnert, ich habe es vermutet und ich hatte recht. Pascal 2! Dass ich deinem Samen segnen und mehren will. That's what she said! Irgendein Moses-Scheiß, bla bla bla. Dieser Raum scheint eine Leichenhalle zu sein. Ist das eventuell... Warte mal. Sie haben sie geöffnet. Ah ja. Dachte ich mir schon. Was haben wir da? Das ist der Gaskammerraum. Ja, macht Sinn. Macht Sinn! Da ist B3, was war gegenüber? Da war der Safe Room, glaube ich. Perfekt, da der wir gleich einmal die Magnum-Geschosse rein. Du, die brauchen wir nicht. Was wir da mit Durchkanten? Kombinieren wir die Magnum-Geschosse, damit wir noch die Hälfte nicht liegen lassen. Kombi, 18 Schuss plus 6, dann haben wir 24 Schuss für einen Colt. Ich wünsche dem Tyrant nachher viel Spaß. Brandmund nicht in die Kiste. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Die wir auch gleich zusammen, weil ich glaube, ich habe noch einen Brandmund drin. Die kombinieren wir auch gleich zusammen. Ansonsten hätte ich die jetzt einfach dabei da liegen lassen, bis wir wissen, es geht zum Endboss. Wobei ich nicht glaube, dass wir die noch brauchen. Pass auf, Colt, Kampfmesser, leere da, hier, Brandmunition. Schau mir hin, wie viel dermaßen Munition das wir haben. Ich weiß noch so gut, dass wir mir aus dem letzten Loch Pfiffer haben, damals, wie wir da waren. Aus dem letzten Loch! So, Brandmond, passt. Here we go. So, jetzt werden wir noch eine Modusketten finden müssen und nur einen Passcode, aber da geht's ja... Oh, da brauchen wir nochmal so einen Schlüssel, hä? Oh, ja, ich erinnere mich. Oh, shit! Ja, sag mal! Ah! Okay. Brandmunitis! Vielleicht ist es einfach durchlaufen. Wer weiß. Du, ich laufe mal. Spring einmal, du Ober, du Ober. Wie geil das an. Der Decke man abgraben. Du Vollidiot, der Traurige. Oh shit. Oh shit. Ja, da ist der Passcode, okay, das merkt man's. Ja, komm mit dann runter von deiner scheiß Bumsbude da oben! Du Mistviech, du Angeschissenes! Ich hasse... Ah ja, da schau her. Schärf. Ja, wieso denn? Ach, leck mich, ich laufe einfach davon. Leck mich, ihr hat's mir damals schon auf den Sack! Nein. Na, lass mich eine... Mein Gott, was für ein Drecks-Mistviecher Scheißhaufen. So. Das ist ein Aktivator für das Auslösesystem. Es ist ziemlich groß. Das hilft mir ganz viel. Jetzt habe ich die scheiß Magnum-Mund dabei. Ja, ist eh wurscht. Gib mir Schrotflinten, passt schon. Was tue ich da? Aber ist so laut da drin! Ah! Was ist da? Der Hauptstromschalter, der Aufzug hat keinen Strom. Möchten Sie ihn anschließen? Sicher. Der Aufzug wird nicht mit Energie versorgt. Hä? Das ist ein Aktivator für das Auslösesystem. Er ist ziemlich gut. Was ist da? Was ist denn das? Muss das so laut sein, sag? Dann müssen wir oben wahrscheinlich nur ein bisschen umeinander laufen, aber die Mistviecher haben. Mein Kruzifix. Die killen wir jetzt doch. Verpiss dich! Ah! Wieso drehen wir da jetzt um? Haben wir jetzt da wirklich in dem Speino einmal sterben müssen, sag! Boah, leck, wir haben noch nicht einmal gespeichert, oder? Oh nö.
Oh nö, Alter. Oh nö, oder? Okay, jetzt muss schnell gehen. Okay, alles klar. Aber das ist ein bisschen OG PlayStation 1 Experience, weil damals hast du nicht so oft speichern können, wie du willst. Willkommen und früher war alles besser. Ja, genau. Naja, es ist, was es ist. Wir machen jetzt da Folgendes. Pass auf. Wir nehmen eine Diskette mit. Auf die Dias ist geschissen, die haben wir gesehen. Die zwei nehmen wir mit. Und dann rennen wir gnadenlos durch. Der war gar nicht lang miteinander. So, Abflug. Ackeleck. Ackeleck. Da hat der Topf angezeigt schon, oder? OG wären jetzt erstmal 60 Sekunden Ladezeit. Das ist noch das nächste. Das ist tatsächlich noch das nächste, ja. Mein Gott, dieses Drecksmist, die Mistviecher sind so behindert, da hilft nur der Vorbeilaufer. Wollen Sie den Stream wirklich neu starten? Nein, das kriegen wir schon. So unendlich viel war es nicht. Wir haben ja viel gelesen, wir wissen das Passwort, Mole, tue mir da so was Pflanzen her. Mein Nims halt! Ja. Nutzen, ja, Abflug. Haben wir auch viel gelesen und umeinander tantelt. Kriegen wir schon. Nachschau-Squad jetzt auch live. Lieber Nachschau-Squad, die nächsten 10 Minuten könnt ihr überspringen wahrscheinlich. Wir machen nämlich einfach dasselbe in grün. Nochmal. Bloß so, ohne so viel rumgepimmel. So, ob ich da... Nein, die Leute mögen nicht reinsteigen, ja. So, los geht's. Klonk, klonk. Na, am PC müssen wir uns erst einloggen, gell? Ja. Dann ist da der Schlüssel drin. Ja. Wo war denn der PC? Da hinten, gell? Das gibt's ja nicht! Vorher bin ich einfach vorbeigelaufen an diesem Arschloch. So, hier PC einloggen. Einloggen, nö! Der kann bitte benötigt, um das Schloss zu öffnen. Möchten Sie ihn anschalten? Ja. So, also aufgefahren von dem PC oder mal länger da. Was sagt der Markus? Just saying. Bevor du jetzt noch mehr eine Stunde rumläufst, im Herrenhaus in der Bibliothek liegt die dritte Diskette, die hast du letztes Mal vergessen, du Horst. Ja, Markus, wenn du mich lange ummalst, schreibst du nie wieder was im Chat, ist das klar? So, jetzt machen wir erstmal das. Die Frage war nämlich früher oder später schon gekommen, ob ich eventuell irgendwo was liegen hab lassen. John. A, D, A. Los geht's. Ja, aber wie ist das Passwort? Ah, da! Und das Passwort ist nach wie vor Maul. Ich glaube, das ist immer Maul. Möchtest du wetten? Möchtest du wetten? Jill kommt nicht ungesehen an Nockerte vorbei. Ja, ich weiß das Gefühl. Ja, komm mal ein bisschen schneller da. Wir waren heute schon einmal da. Kruzifix. So, hier. Mole. Molle. Molle, 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 Molle. So, das machen wir jetzt schnell. Dann gehen wir in den Safe Room aussehen. Wir holen den Schlüssel. Wir gehen in den Safe Room aussehen. Speichert mal. Lauft mal zurück. Haben wir die geschissenen Disketten. Markus wants to be the next René. Ja, ich weiß das Gefühl. Und wenn, dann kannst du dazu schreiben, in welchem Raum. Gescheit, Haferl. Ha? Los jetzt. Los, Markus! Markus, wo? Quit. Yes. Abflug. Scheiße, die Gaskammer. Scheiße, muss ich auch noch mal machen. Na gut, it is what it is. Schauen wir da mal. Nein, noch mehr verarschen lasse ich mich nicht. Nö. Das war, glaube ich, wo wir durch den Lüftungsschacht durch müssen. Dieses Mal nicht, mein Freund. Sehr schön. Da war das drin. Na, genau, da habe ich gemeint, da ist das drin, ist es aber nicht. Wollen wir mal da reingehen? Ah ja.
Nein, nicht! Wieso komme ich jetzt da nicht mehr aus? Was soll denn der Mist? Wo ist denn der letzte Spackengehör jetzt noch? Dann steigst du mal halt. Oh. Na, nicht. Na, Mike, geh halt einfach aus dem Menü raus! Verdammte Scheiße nochmal! Rennen, bereit, Untermenü, Optionen, so. Und wie darf jetzt da bitte ausweichen, Kruzifix, Alter. So, bla bla bla, Passcode dein Mann. So. Oh. Das nehmen wir noch schnell mit. Was war in dem Fax gleich wieder drin? Weiß ich nicht mehr, ist mir auch wurscht. So. Passcode da reingeschissen, damit wir wieder so weit sind wie vorher. Sie haben den Passcode eingegeben, wunderbar. Ist da dann schon der Endpost drin? Weiß ich nicht mehr. Ist mir aber fucking Banana. Banana. Energieraum, die Tür ist fest verschlossen. Müssen wir ihn nicht... Oh nein! Nicht nochmal sterben jetzt, bitte nicht, Kim. Wir haben ihn beieinander. Oh. Da dürfen wir jetzt komplett mal bitte nicht, Kim. Da sollten wir nun keinen Blödsinn tun. Wir gehen jetzt da auf und holen wir uns das grüne Kraut, das da steht. Sonst kriegen wir ein Problemchen. Wir nehmen einmal das. Ja. Und dann müssen wir den scheiß Gasraum nochmal machen. Aber das ist wurscht. Hat jetzt der Magus schon gesagt, wo? Magus! Ergötze uns halt dann wenigstens mit dem gesamten Wissen. Das ist ein Schalter, möchtigen Sie, möchtigen Sie. Möchtige ich. Den können wir natürlich nicht nehmen. Dangaru! Das war kurz Dangaru, ja, das stimmt. Das machen wir jetzt so, wird schon passen. Ist mir wurscht, ob man das so macht oder nicht. Lecken Sie mich am Arsch. In der Bibliothek. Bob! Aber in was war denn da für Bibliothek? Was war da für Bibliothek? Jetzt gehen wir erst mal schnell in den Safe Room. Nein, er regt mich so viel auf. Manchmal schaut er in die eine Richtung, manchmal schaut er in die andere. Ah, G4 jetzt da, Kim. Wo bist denn? Mach keinen Schuss verkacken wie den Klappspaten da. Falscher Raum. Noch eins weiter. Da, jetzt kommt er wieder nicht hin. Macht der überhaupt keinen Sinn, du. Macht wieder gar keinen Sinn, du. Wir haben immer noch nicht voll kalt. Hätte man doch das rote Ding nehmen sollen. Naja, gut, ist wurscht. So, wenn mich nicht alles täuscht, ist jetzt da hier. Den wir auch gleich weg. Da ist hier 1, 2, 3, 4. Zusammenschießen müsste man so. Na, nicht! Wie ist denn da jetzt so eskaliert? Und da einer. Nehmen wir die Scheiße. Ja. Dann nehmen wir. Eigentlich haben wir schon wieder so weit wie vorher. Seien wir uns ehrlich. Mischen wir da nicht so viel Scheißdreck zusammen da. Das passt. Aber wir leisten uns ein Heilspray. Heilungsspray, damit wir da mal voll sind. So, passt. Was haben wir da noch? Grünes Kraut. Erstmal speichern. Sie können den Spielstand speichern. Speichern! Passiert. Passiert, was soll ich machen? Die Viecher schauen so aus, als hätten sie so viel Schaden machen, wenn sie da so ein bisschen strafen mit einem Zuhörer. Aber die machen definitiv mehr Damage als die scheiß Zombie-Idioten.
So. Schauen wir trotzdem mal da, was da los ist. Ach, das ist das Ding. Ja, gut. Da fangen wir das Schießen gar nicht erst an, weil diese Mistviecher da schießen wir nur, wenn sie am Boden sind. Schau mal, 1, 2, 3. Ich weiß, dass du noch nicht hier bist. 4, 5, 6, 7. 7 Schuss tankt der Hurensohn weg. Glaubst du das eh nicht? Was haben wir da? Es passiert gar nichts. Die Energieversorgung fehlt. Ja, macht Sinn. Ja, passiert gar nichts. Die Energieversorgung fehlt. Na ja, gut. Gehen wir uns später aus, dann müssen wir zurück aus. Dann müssen wir still zurück aus, Kinder. Da laufen wir da vorbei. Das ist meistens einfacher. Ja, zurück zum Herrenhaus. Hilft nicht. Habe ich die Disketten damals, wenn wir noch im Herrenhaus enden waren, habe ich die mal gesehen und nicht mitnehmen können? Oder weil ich keinen Platz mehr gehabt habe? Oder wie war das? Wie war das, meine Damen und Herren? Weiß das nicht irgendjemand? Jetzt brauche ich Anleitung, weil ich weiß nicht mehr, wo das Ding war. Das ist natürlich extremely bitter. Fahr auf jetzt! Was ist mit dir? Bibliothek sind so Räume mit vielen Büchern, glaube ich. Man munkelte, ja. Ja, es ist schön, wenn sie alle Bibliothek schreibt, aber meinst du, sie in den 2 Stück, dein Menü war voll, dein Inventar war voll, Bürgerblät oder Preisenblät? Oh ja, ein bisschen was von beiden. Eine Mischung aus beidem, hätte ich jetzt gesagt. So, wo geht's denn überhaupt ins Herrenhaus zurück? Die Bumsbude da ist zu, oder müssen wir da unten durch? Zugeschweißt. Oder? So, und Gaskammer unten müssen wir noch mal, die darf man nicht vergessen. Ja, werden wir wohl runterfahren müssen. Und da irgendwie durch das Labyrinth haben, das weiß ich auch nicht mehr. Ja, hast liegen lassen, aber weiß nicht mehr wo. Ja, ich halt immer auch nicht mehr. Und ich hab mich nicht mehr daran erinnert, wie wichtig. Also auf lange Sicht. Und da oben wird lauter nach oben. Gell? Also einfach immer eigentlich geradeaus. Wenn wir jetzt da kommen, rechts, dann links, geradeaus. Ja, ich glaube, ich weiß. Einmal da rein, die geschissene Schlangendeppenschei, genau, da war die fette Spinne herin. Und da dann so rum da rein. Genau, da haben wir umeinander ein paar Brücke gekurbelt. Da kann man jetzt speichern, ich mag nicht speichern. Fick dich und dein Speichern. Barry! Barry, nein! Da ist der Barry gestorben. Da ist eine Leiter, möchten Sie ihn aufklettern? Ja. So, haben wir da irgendwelche Idioten stehen lassen. Da ist der Shortcut. Ja. Bibliothek. Ich habe schon was Grobes im Kopf, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Da haben wir einmal ganz kurz oben gehen können. Da war auch so ein Aufzug. War ja definitiv eins von den letzteren Gebiete. So, let's have a look. Karte vom Herrenhaus. Was war da das letzte? Da geht so ein Kreisel, Treppen auf, das ist aber nicht. Da steht auch noch eine Hand da unten, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, kann man da irgendwie... Nein, wieso kann man da nicht oben aufschalten? Das ist oben. Und ich glaube, es war oben links irgendwo. Waren das die 2 Dinge... Das waren so die letzten Bereiche, die wir erreicht haben. Oder das da rechts um. Rechts um die Treppen. Kann natürlich auch sein. Da haben wir eigentlich eher gerade. Nein, das war nicht rechts um. Das war nicht rechts um, glaube ich. Was meint ihr? Ja, wird nicht helfen. Das Scheiß darum werden wir suchen müssen. Das wird wohl nicht helfen, meine Damen und Herren. Na, da reden wir schon. Da gehen wir schon da vorbei, der wird uns schon nicht gleich umbringen. Oh, du Drecksack. Linke Seite, ja, ich kann auch sagen, linke Seite, Markus. Das würde ich auch sagen. Ich renne jetzt da einfach mal wild umeinander und irgendwann stolpert man schon drüber.
halt, stopp, da war ja auch noch was. Das hab ich letztes Mal erst dran gedacht. Genau, da gehen wir jetzt mal runter. Da ist nämlich ein Grabstor unten mit einer Leiter und mich dann interessieren, was da hingeht. Da haben wir nämlich nie runtergegangen. Da ist dann der Barry dahergekommen. Oder, da waren wir, ja, genau, da waren wir nie. Hätten wir uns wieder mal sparen können, die scheiß Pistolenmoon! Tschüss! Da ist halt Musik so intens. Wieso ist da Musik so intens? Okay, gehen wir da lang. Beide bitte gleichzeitig aufstehen, danke. Hallo. Double kill. Ist er hier? Weiß ich nicht. Haben wir mir voll? Ja. Boom, voll haben wir! Sie haben sie geöffnet. Womit? Ja, genau, das meine ich. Und da ist letztes Mal dann so ein Cutscene gekommen. Genau, da hat man dann aufgekommen. Aber ich weiß nicht, ob da irgendwo... Ist das jetzt links oben, so wie ich es mir eingebaut habe? Ja, ist schon links oben, aber nicht so 100%. Wir müssen mal ein Stockwerk auf, glaube ich. Also. Ja, wir probieren es da. Anscheinend hält der Aufzug nicht an dieser Etage. Jetzt weiß ich wieder, was wir sagen. Das ist der absolute Anfangsraum. Da müssen wir nochmal zurück aus, weil die komische Stelle mit dem Grabstor, da waren wir noch gar nicht. Wieso fressen die Zombies einen Zombie? Sind das Kannibalen? Ja, natürlich. Wir haben ein wenig einen Hunger gehabt, was sollen sie mal? Jetzt gehen wir mal nochmal da rein. Genau, da rennt noch irgendwo ein Zombie umeinander. Der rennt da nicht so Gaudi umeinander wahrscheinlich. Hallo. Da sind wir schon unterwegs. Ja, die 3 Schuss mit der Schrotflinte haben sie rentiert, wenn wir wieder 6 zurückgehen. Oder 7, glaube ich sogar. Gibt's da dann sonst was? Das ist ja bloß ein Shortcut, oder? Das ist auch bloß ein Shortcut und sonst nichts. Na ja, gut, gehen wir wieder auf. Ich glaube nicht, dass da der richtige Weg ist. Das weiß ich nicht mehr auswendig. Das ist so lange her, meine Damen und Herren. So, gehen wir wieder. So. Wir sind halt jetzt rechts oben, gell? Eigentlich hätten wir hinten bleiben können. Scheißegal. Ich weiß nicht, in was für einen Raum das wir müssen. Das hilft jetzt einfach nicht. Das hilft jetzt einfach nicht. Jetzt gehen wir oben um. So wie wir es sonst auch da haben. Es geht eh relativ schnell. Hilft nicht. Hilft ja nicht. Da haben wir ja quasi gleich draußen. So, dann müssen wir links um. Einmal nochmal durchs Herrenhaus, durchs gute Alte. Das hat noch nie geschaut. Hat noch nie geschaut. Ich glaube, ich weiß schon grob, wo wir hin müssen. Bei dem grüne Tapeten Treppen oben, unten ist ein Safe Room, müssen wir ganz hindrehen, was eine der letzten... Genau, das meine ich mit dem U, mit der komischen Tapeten und da jetzt entweder gleich links oder ganz hindrehen. Eins von beiden. Das war's nicht. Ich weiß nicht so recht, wie eine Bibliothek von innen ausschaut, aber das war keine Bibliothek. Dann müssen wir da hindrehen. Bin mir nicht sicher. Im Prinzip sind wir jetzt wieder da, wo wir schon... Na, haben wir da nicht auch noch Magnum Moon irgendwo liegen lassen? Küsskat! Wir haben wir stehen lassen. Ja. Bin ich doch richtig gewesen. Was hab ich gesagt? Ja, die Scheiße weiß ich... Haben wir nur Platz? Ja. Möchte aber auch hoffen. Hä? Was kann man da umeinander schirmen? Wieso kann man das schirmen? Was gibt's da? Weiß ich nicht mehr. Da ist tatsächlich ein Tier.
Okay. Und da ist noch eine. Dann gehen wir zuerst in die andere, weil ich glaube, dass wir da letztes Mal nicht drin waren. Nein, da waren wir definitiv noch nicht drin. An den Raum erinnere ich mich auch nicht mehr. Von hier aus kann ich den Hof überblicken. Ein Helikopterlandeplatz. Vielleicht kann ich die anderen von dort erreichen. Bestimmt. Was liegt da drin? Ja, das können wir mitnehmen, weil dann das können wir gleich einladen, das passt. Und sonst gibt es jetzt da nichts. Sehe ich das richtig? Naja, gut. Naja, an den Raum erinnere ich mich auch von früher nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Da rein. Und da ist jetzt das Ding umeinander gelegen, oder? Irgendwo. Das ist ein Schalter, mögen Sie mit der irgendwo. Nein, weiß ich nicht mehr. Doch, weiß ich schon noch! Jetzt, wenn wir da waren, weiß ich schon wieder! Siehst du, das war gar nicht so tragisch. War gar nicht so tragisch! Und zurück. Und zurück! So. Abflüge, derer mehrere. Du kannst da hinten, kannst gleich laufen, wenn du lustig bist. Schauen wir mal, ob ich... We need more discs. Wir arbeiten dran. Grüße des Vertrauens, Grüße aus den Pariser Katakomben. Das ist narrisch, da habe ich schon mal ein paar Videos gesehen. Bitte gehen Sie nicht verloren, das wäre gut. Bis bald. Merci dir. Den Gang da herunten, ich weiß die Musik noch und so, jetzt kommen wir dann auf der anderen Seite raus, glaube ich. Ja. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir müssen wieder aussehen, Bier, du Trottel. Aber da haben wir nicht weit weg, das passt. Ja, passt schon. Passt schon, kriegen wir schon. So, jetzt da rein. So. Dann müssen wir uns vor der Hand da unten, der haut uns wieder in den Arsch. Möchtest du wetten? Möchtest du wetten, dass er uns erwischt? Das ist nämlich der einzige in dem ganzen Spiel, der instant zum Laufen, zum Rennen anfängt, die Drecksau. Haha, ich bin schnell mit du, Wichser. Tschö mit du. Ciao, Kakao. Miau. Bundesgarten, ciao. So. Und jetzt stell dir vor, wie nervig der Weg gewesen war damals. Jede einzelne Türanimation musst du dir bis zum Ende anschauen. Da kriegst du das Kotzen. Dann stirbst du unterwegs wieder aus Versehen irgendwie dumm. Die ganze Scheiße nochmal von vorn. Ja, früher war alles besser. Vieles ja, alles nein. Ich glaube, da haben wir auch. Ja. Nein. Was labert die für ein Käse? Wo haben wir jetzt da? Jo, freilich. Speichern nicht vergessen. Ja, das wird jetzt dann unten, wenn wir an der Schreibmaschine vorbeilaufen, kannst du mal Gift nehmen, dass wir da einmal schnell speichern, weil die Scheiße da, die mache ich jetzt nicht nochmal. Diese Kacke mache ich nicht nochmal. Früher war alles früher. Das stimmt, gell, Sepp. Da haben sie recht. So. Weg durch den Garte. Der gute alte Garte-Weg. Was ich die ganze Zeit überlege, ist, da hat man auch irgendwas da können. Da hat man irgendwas hinhängen können. Ich weiß aber einfach nicht mehr, was. Da war irgendwas. Eventuell nur für den Chris. Weiß ich nicht. Durch die Spinnenletten. Easy. Und dann können wir eigentlich da rausgehen. Ja, haben wir schon zielstrebig. Haben wir schon. Chris Schrotflinte? Echt? Was kriegt man dann oder was passiert dann? Weiß das noch jemand? Das weiß ich nicht mehr. Da kann man die verbogene Schrotflinte mit aufhängen. Früher hat man mehr für alles Zeit gehabt. Das ist auch wieder richtig, ja. Das stimmt. Wie fasziniert ich damals als Kind von so einer alten Schreibmaschine war. Na, da war ich ja nicht so interessiert. Da hing die Rosti. Kriegt der Chris erst so spät seine Schrotflinten? Das weiß ich auch nicht mehr. Ja, wie gesagt, mit dem Chris habe ich es vielleicht ein oder zweimal durchgespielt, wenn überhaupt. Also einmal mindestens, aber zweimal weiß ich nicht. Und mit der Jill wirklich mehrfach. Das war halt einfach
Es war einfach unnötig schwer mit dem Chris. Sag's, was es ist. Und als 12-Jähriger, 10-Jähriger ist das okay. Kann man schon mal so machen. So, was haben wir jetzt da? Jetzt nehmen wir mal da Folgendes. Wo gehst du hier? Magnum-Geschosse und die 2 Pass. Ein Mosei-Disketten. So. Klink, klink. Wo hat's jetzt den einen Passcode? Da waren wir schon ein Ring, glaube ich. Gell? Den zweiten Passcode, glaube ich, kriegen wir in der Gaskammer. Die müssen wir noch schnell machen, das ist aber gleich vorbei. Gaskammer war... Da. Ne? Gaskammer wo? Ah, keine Gaskammer, die war draußen. Die war draußen, Birger, du Trottel. Die war draußen, Birger. Mit dem Idioten da tue ich jetzt nicht mehr lange umeinander. Das ist der einzige, den wir umbringen müssen. Leck mir Marsch. So, ist da Gaskammer? Da ist auch keine Gaskammer. Wo ist denn noch gerade die Gaskammer? Da ist Gaskammer. So. Jetzt hat sich der Markus da vorher beschwert. Kann man das eventuell in Kürze auch machen, möchtest du sagen? Ich mach's genauso wie vorher, ist mir wurscht. Ich mach's doch nicht genau wie vorher. Ups. Upsi. Schrotflintenmunition, die nehme ich schon mit. Den nehmen wir mit, da geht nix. So, hier, nicht noch mehr auf den Schalter draufsteigen, bitte. So. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Cast gemacht. Das war zu weit. Aber die kriegen wir noch mehr. So, schau hin. Das passt. Düdel, düdel. Ja, geht eh nicht weiter wie so. Dann passt das. Die haben sich schon was denkt, was das Doktorzeug hinstellen. Nehme ich an. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir definitiv Fake nur Platz. Es ist bloß die Frage, ob ich die scheiß Treppen da noch mehr rauskriege. Aber nochmal schon. Zur Not schieben wir es ganz auf. Ja, das war jetzt noch umständlicher wie vorher, aber das ist mir wurscht. If it works, it ain't stupid. STFU. So. Haben wir schon wieder da? Wie lange haben wir gebraucht? 10 Minuten. Oder wann haben wir gestorben? Was tue ich nie für einen Scheiß? Früher hast du es komplizierter gemacht? Nein. What? Ah, gekommen. Oh, wait. No! God, please, no! 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 Oder gut, dass wir gespeichert haben, sonst da jetzt hier scheißen. Ja, was soll ich sagen? Vorher noch umeinander cool gemacht. Haben wir überhaupt schon mal gestorben? Dann verreckt man zweimal wie die Behinderten, Alter. Wie die Behinderten. Wie die Behinderten. So. Geh mal, Kim. Nein, falscher Weg. Weil wir nur am Hudeln sind. Kruzifix. Spielen wir heute wieder normal. Gut, haben wir aber auch nichts verloren. Scheiß Gaskammer müssen wir rein. Wird schon. Goddammit.
Endlich 3 Sterne. War das der 100. Doof? Ja, den haben wir uns verdient. Den haben wir uns verdient. Ich hab nicht mehr hingeschaut. Ich sag's, was es ist. Da, nochmal runter. Was haben wir jetzt unten da, was wir irgendwie nochmal machen müssen? Nee, nichts Besonderes, oder? Wir haben ja direkt den Gaskammer rein und fertig. Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, kriegen wir schon. Hey, und wenn es bis um 12 Uhr heute dauert, ist mir scheißegal. Habt ihr heute schon mal auf den Like-Button draufgedrückt? Ihr epfzählenden Affen. Achtung. Ja, genau, das war das Einzige, was wir gemacht haben. Ja, Überstunden! Glaube ich nicht. Und wenn, dann nicht fei. Bis um 11 Uhr haben wir noch halbe Tag gehabt. Wir müssen natürlich 14 Mal hochstellen wie der letzte Trottel, dann dauert es natürlich schon ewig, Luna. So souverän haben wir es aber gespielt. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo die scheiß Gaskammer ist. Gib mir da rein. Passt. Das war der Computerraum, gell? Das habe ich vorher schon gemeint. So, nochmal. Bitte diesmal nicht irgendwelche komischen Sachen machen. Wie ist denn der tatsächlich kürzeste Weg für das Casting? Ich muss da einmal rundherum laufen. Weil die scheiß Leute dann sonst im Weg ist. Geht nicht anders. So. Und wenn ich nämlich die Kisten drüber schieb, geht nicht anders. Ich wüsste nicht wie, meine Damen und Herren. Na? Ich glaube, das ist also ein bisschen Absicht, dass du gezwungen wirst, dass du da außen rundum laufst, weil wenn du anders rundum laufst, steigst du halt einfach aufs Gas auf. So. Da ich einen Wendekreis habe wie ein Bus oder ein Panzer, wobei ein Panzer ziemlich einen engen Wendekreis hat. Nicht wieder aufsteigen, kostet uns bloß wieder unnötig Zeit. Komm jetzt, komm. Komm jetzt da ums Ausschlecken nicht durch, ja. Komm jetzt. Nicht ganz oben schirmen. So. So. Aber jetzt mache ich es halt schon zum 3. Mal einfach gleich, oder nicht? Muss ich mir fast den Stream nachher noch mal anschauen, ob ich das beim ersten Mal irgendwie anders gemacht habe. Vielleicht bin ich einmal unnütz aus der Dumm gelaufen, ja, aber ist doch scheißegal. So, bitte nicht kein Gas, bitte nicht drin der Sticker wie der letzte Trottel. Bitte nicht nochmal. Jetzt schieb halt! Jetzt krieg ich jetzt das Ding da nicht rein, ich krieg einen Vogel. Die Perspektive ist aber auch behindert. Bitte jetzt kein Gas, bitte nicht. Dankeschön! Dort ist ein Luftschacht, möchten Sie ihn betreten? Ja! Bitte geben Sie mir den Passcode! Und was haben wir da nochmal? Da blitzt was. Nochmal Magnum Moon, nehmen wir mit. Ja, hier haben wir schon so, jetzt aber. Und dann gehen wir straight in den Safe Room und speichern, damit das klar ist. Nein, nicht. Okay. Falscher Knopf. Passcode, brauchen wir nicht lesen, haben wir schon gelesen. Weg. So, easy. Pausier schon nach 38, das war der jetzt. Hätt's alles nicht braucht! Fix!
Da ist jetzt so der Zombie. Respawnt der auch wieder, der Drecksack. Manchmal sieht man einfach nicht. Dein Mama, Alter. So, du gehst auch noch her gleich. 3. Ja. So, noch wieder unten. Und dann ist er Ruhe. So, rein in den Safe Room. Pistolen-Moon, Magnum-Munition. Na? Da haben wir langsam keinen Platz mehr, Kinder. Magnum Moon, was haben wir da? Müssen wir mal vielleicht noch mehr ein Grenzkraut nehmen? Nein, wir sind okay, aber wir speichern jetzt. Egal, ob jetzt wieder gespeichert. Rein damit, rein damit. So, aber schau mal, ist überhaupt irgendjemand da? Hallo? Finale von President Stiefel oder Nougat-Keks hat zugeschaltet. Ein perfekter Zeitpunkt, weil wir haben gerade ganz furchtbar viel Nummern machen müssen. Leider Gottes. Schauen wir da mal. Schaut gut aus. Die Frage ist jetzt... So, wir haben jetzt die... Wo ist die dritte Disketten? Bei den Viecher, die von der Decke oben hängen. Also der dritte Passierschein-Drucker. Das war der Aufzug hinten, gell? Da geht nix. Schauen wir da mal. Ja, da brauchst man mit dem Scheiß gar nicht kommen, dann nehmen wir das. Wenn die Viecher herunten sind, kriegt ihr einen Brandmund ins Gesicht. Einige Bereiche sind nicht versorgt. Möchten Sie die abgeschalteten Bereiche aktivieren? Ja, sicher! Da waren wir vorher gar nicht. Das haben wir vorher... Und schon brenne ich die Eins! Mistviech hochgesorgt! Hau noch umeinander, du hast schon recht. Da ist das... Nein! Modiskette! Sie können das hier nicht benutzen, wieso nicht? Ein Gerät. Ja? Hey, habt ihr eine! Oh, da kommt der Deckensepp schon wieder. Passcode 03. Und durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Ich komme, wann ich will! In welcher Farbe ich will! Mein Russe des Vertrauens schon wieder. Ich fühle mich stellenweise getriggert, weil ich in deinem Sonderurlaub Auschwitz auch angeschaut habe, fanden die damals nicht so lustig. Du meinst, wie 2 Wochen vor 2 Wochen nicht da war, hast Auschwitz angeschaut? Das ist auch was, das gehört mir angeschaut. Aber was getriggert, weil ich deinen Sonderurlaub Auschwitz auch fanden die damals nicht so lustig. Wen meinst du jetzt, wer fand damals was nicht so lustig? Merci für den Euro. Schreib's in normaler Chat ein, ich lese noch halt anschauen. Passcode, nein, umdrehen. Ich lauf. Geh weg, geh mal mit dir nichts zum Tor. Kann man da hinten? Ja, ich laufe mal da hinten. Schauen wir, was da so ist. Ist da was? Oh Gott, da ist was. Da waren wir auch schon. Jetzt warte mal, ich habe den Schalter schon eingeschaltet, gell? Warte mal, vielleicht geht da was. Ha, ist so laut! Der Hauptstromschalter, der Aufzug hat keinen Strom. Möchten Sie ihn anschließen? Ja. Die Stromversorgung für den Aufzug wird eingeschaltet, als die Energiequelle an den Stromkreis angeschlossen wird. Ja, und jetzt halt. Das ist ein Aktivator für das Außensystem. Er ist ziemlich groß, tolle Geschichte. Und da ist nochmal sowas. Hat jetzt da irgendwas funktioniert oder nicht? Ich schieße die ganze Zeit mit meiner Bazooka und nichts mehr. Ich hau jetzt ab da, ich mag da nicht mehr sein. Naja, hau du da oben umeinander, das soll mir recht sein. Das Landwirtstrottel. Geil, dass er geht. Bom, 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 bom. Oh oh. Oh, da kannst du drin umeinander wuseln, ihr Trottel. Ich bin raus. Tschüss dann. So. In der Hoffnung, dass ich da nicht mehr rein muss. Wahrscheinlich muss ich nur rein. Ich speichere jetzt trotzdem noch mal schnell. Weil ich mag das, ich hasse es. Diese Scheißdrecks-Mistviecher. Wenn ich mich richtig erinnere, kommen diese Art Viecher auch nur in diesen beiden Räumen vor. Da kannst du Munition verblasen wie der letzte Volltrottel. In diesem Scheißklump. So, dann machen wir auch wieder so. Jo.
Was war da, glaube ich? Das war die Leichenkammer, gell? Und wir haben jetzt alle Passcodes. Das heißt, wir laufen da jetzt vorbei. Und gehen wir da eine und ans Ende und stecken wir die Passcodes ein und dann schauen wir, was passiert. Sie haben den Passcode eingegeben, Sie haben den Passcode eingegeben. Bitte Türe öffnen, hallo. Jill? Is that you, Jill? Zuschauen. Chris, you're alive! Da ist der Chris eingesperrt. Of course. Damn it, we're in quite a predicament, Jill. I know, Chris. Anyway, Hey, die I wissen have müssen. to open this room. It doesn't work. Na, Klopfer gelangt nicht. Chris, I'll be sure to come back and help you soon. Will you wait here? Thanks. I'll be waiting here for you. Thanks. I will be waiting here for you. Die Tür ist fest verschlossen. Ja, was soll ich jetzt machen? In die Karten möchte ich. Ja, Bruder, wir waren mal überall. Oder? Aber den Aufzug haben wir eingeschaltet. Vielleicht geht der Aufzug. Die Tür ist fest verschlossen. Ja, schauen wir mal den Aufzug an. Lars Dragel! Mehr als 52 Monate. Servus, laufen eigentlich alle Resident-Teile auf neuen Systemen? Nein. Oder? Mittlerweile 5er und 6er weiß ich nicht, ob es die für den PC gibt. Wo soll der Chris auch sonst warten? Das ist richtig. Jetzt weiß ich nicht so recht, wo wir hin müssen. Das soll wieder was ist. Jetzt gehen wir nochmal zurück in den Safe Room. Seit wann halten da jetzt die Zombies alle tot? Ja, klar! Nein, jetzt ist schon Wurst. Brauchen wir keine... Wurst! Es ist Wurst jetzt! Haben wir schon wieder gelb, gell? Kruzifix, die machen mehr Schaden, wie wir ich das einbilden. So eine grünes Kraut darin? Ja, nimm das einmal schnell. Jetzt kein Bock da nochmal zum Verrecken. Passt. Der mag jetzt schmusen, ja, ich mehr da schmusen. Kreisig, ne, falsche Richtung. Das heißt gar nichts, die Energieversorgung fehlt. Gibt es da eventuell mehrere Schalter in diesem Halblabyrinth da? Wir haben jetzt da in dem langen Gang. Wenn wir runtergehen, kommen wir wieder in dieses... Hast du nach der Szene mit Chris nochmal auf die Tür geklickt? Ja. Der Schalter neben dem Aufzug. Hoppla. Okay. Hab ich nicht mehr gewusst. Wie gesagt, in dem Labor herunten, da feiert man das meiste. Mr. Scops! Merci für 74 Monate. Zockst du auch mal das Resi 1 Remaster? Gibt's auf PS5 und PC, glaube ich. Das habe ich schon mal angefangen zum Spielen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das gefällt mir nicht so gut. Wesker, Barry is no longer Gleich. useful. just Gleich, as gleich, I gleich. thought. Ich glaube, You are the man behind Ja. all of this. ist eh wurscht. Ey, Scops, kommen wir gleich dazu. Why do you have to destroy stars? That's Umbrella's intention. This laboratory has been engaging in dangerous experiments, and recently an accident has occurred. Anyway, this disaster cannot be made public. That's why having stars nosing about is so inconvenient. So you're a slave of Umbrella now, along with these virus monsters. I think you misunderstand me, Jill. To me, the monsters you mention mean nothing. I'm going to burn all of them together with this entire laboratory. I must complete my mission as ordered by Umbrella. So you're planning something else? If you succeeded in developing the world's most powerful biological weapon, what would you do? What if you were in charge? You must stop this now. You're a brave girl. But if I were you, I aber wouldn't immer give noch up nicht such gut, a gell? big discovery. You guys are idiots. No one understands its real value. So you're going to steal all the research? Better yet,
I'm going to show you the tyrant. Ist das... Noch gar kein Colt dabei. Oh, Ladies and Gentlemen, Zaunerbur, ich verabschiede mich in die Nachschaussquad. Gute Nacht. Hauen Sie sich rein, habe Dere. Jetzt darfst du noch schnell einen Endboss-Fight zeigen, wenn du noch 5 Minuten hast. Oh, da muss ich umschalten. Die Videosequenzen seht ihr aber nicht. Zaunerbur, Merci dabei, falls du doch schon schlägst. Tyrant virus is a super virus, which creates a monster which is much stronger than human beings. Tyrant is the most powerful biological weapon in the world. You don't mean you're experimenting on real people? This is really beautiful. All this power will be mine. For the sake of an awful creature? Don't be upset. All weak people exist to be eaten. Wenn der Barry überlebt, das ist die Geschichte, die ich eigentlich am meisten kenne von früher, dann steht der Barry da auch noch daneben. Und jetzt... Und der stirbt dann. Meint man. Jetzt stirbt erstmal jemand anders. Oh oh. Hoffe ich zumindest, ich glaube, ich kenne das Ende nicht. Der geht straight auf mich los! Doch nicht. What? Don't come this way! Don't come this way! Tja, das war's wohl, Mr. Wesky Boy. Oh, da liegt was am Boden, das müssen wir einsammeln dann. Jetzt schießt mir erstmal in die Fresse. Ich hab keinen einzigen Schuss mit der Magnum abgegeben! Der war doch vor 30 Jahren nicht so einfach. Oder? Der war doch... Das ist doch wohl ein Witz jetzt. Das ist doch wohl ein Scherz jetzt, hoffentlich. Meine Enttäuschung ist wirklich maßlos. Der hat doch... Das war's. Kein Witz. Der steht da nicht nur mehr auf. Der steht da nicht nur mehr auf. Das war's. 4 Bazooka-Schuss! What? Irgendwas hat da blitzt. Ja, da blitzt was. Das nehmen wir mit. Wer braucht dann in dem ganzen Scheißspiel überhaupt den Colt? Das weiß auch keine Sau. Jetzt renne ich da alles mal rundum, sammle alles ein und dann haben wir ab. Ach, das ist der Schlüssel zum Chris seinem Käfig, oder? Laborschlüssel nehmen wir mit. Der Wesker ist hier. Hat er noch was Schönes? Was für ein schrecklicher Tod. Naja, so richtig geil war er nicht, ne? So, die Frage ist jetzt, was ist denn das da? Laborschlüssel. Aber wofür? Ah, zum Abhauen. Okay. Sie ist elektronisch verriegelt. Ja, das was der Sprengi schreibt. Damals... Jetzt muss ich übrigens mal wieder schnell wieder ins Gameplay. No! 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 Verdammt, ich muss die Memes irgendwie. Ja, das war noch von vorher, lass mich nicht mehr. So, das sieht aus wie die Steuerungszentrale für diesen Raum, die Sperrvorrichtung für die Tür entriegeln, ja. So, Abflug. So, der steht ja nicht nur mehr auf, der liegt jetzt da. Okay? So. Wo sind wir nun? Jetzt fahren wir wieder auf. Wo war der Chris? Jetzt habe ich einfach gnadenlos wieder vergessen, wo der Chris war. Freilich darfst du was fragen, Luna. Jetzt machen wir erstmal Folgendes.
Sicher ist sicher. Wo war der Chris gleich wieder? Ja, das ist der Pimmelraum, da geht nicht mehr rein. Haut's ab mit einer Drecksviecher. Möchte das nicht? Bin ich jetzt bescheuert? Wo war denn der Chris? Moment, wo wir die 3 Passcodes braucht haben, kann das sein? Ah! Wow, lecker, das hab ich nicht mehr gewusst. Schau bloß, dass du lang gewinnst, du Mistviech, du Ochswärts. War da drin? Schon, gell? Ich erinnere mich richtig. Chris! Sie haben dies gerade benutzt, Laborschlüssel. Chris! Oh, Jill! Oh, Jill! Sorry for keeping you waiting. Sorry for keeping you Everything waiting. is done? Well, almost, yes. Now let's go. Flitzego! Wo gehen wir jetzt hin? Wo genau gehen wir jetzt hin? Hey Chris, kommst du auch? Oder was treibst du? Ah ja, komm schon. Let's go! Die Dialoge sind so geil. Wieso rennt er jetzt davor? Ah! Mist, wie hochgeschissen. Oh, hey, komm mal, lauter so Lettich kommt da raus. Ja, let's go, aber wohin? Auf wie aussehen, da ist immer noch ein Laborschlüssel. Ist irgendwo noch ein Tier, wo wir noch nicht drin waren. Ich sehe halt nix. Das ist einfach schwer abgehackt. Gut, dass ich gerade noch gespeichert habe. Gut, dass ich gerade noch gespeichert habe. Was ist jetzt da? Also heute ist schon wieder so ein Tag, da wo ich sag, verfrühtes Wochenende war ganz recht. Aber heute ist leider erst Mittwoch. Verdammt nochmal! Resi wo, Resi da. Sagt sie was? Oh, das war ein kleiner Flashbang. Heute ist echt so einer dieser da ja schon ein wenig, gell? Heute ist ein wenig so, weiß auch nicht, Digi. Sie haben folgendes Ende erreicht. Ende 404. So, wieso das jetzt abgehackt ist, das weiß ich nicht. Oh, dort jetzt, wenigstens wissen wir jetzt, dass der andere Depp da draußen aneinander lungert. Den kannst du haben, du Trottel. Du Trottel! Oh, da ist noch einer. Da haben 2, Vorsicht. Respawnen die auch wieder mit Zombies vorher? Weiß ich nicht mehr. So. Schnell den Chris rausholen. Weiß dann jemand, wo man dann hin muss? Einfach auffehen. Ich weiß auch nicht. Oh, Jill! Sorry for keeping you Ist ja nur noch morgen. Kannst laut sagen, aber ich habe jetzt Gott sei Dank schon wie die Almost, Frau auch. yes. Now Ich let's nicht go. ganz, aber fällt zum Tor ist man nicht drauf geschissen. So, Chris. Wunderschön. Machen wir jetzt so. Ja, einfach im Chris neu. Okay, super. Let's go! Flitzego! Flitzego! So. Wir gehen einfach sofort links Treppen auf. Ich keine Ahnung, was soll man da hier unten? Du brauchst gar nicht das Laufverfahren, du Hut. Das ist noch nicht vorbei, Freunde der Sonne, das sagt ich. Aber ich glaube, da oben müssen wir auch nie wieder. Warum? Da laufen wir hinter mir. Okay. Let's go! An das erinnere ich mich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo wir jetzt hin müssen. Ja, let's go! Chris, du bist ein lustiger Kerl. Was wir bei mir jetzt denn? Sonst nehmen wir es gar nicht mehr her. Irgendein Viech kommt schon noch. Was wir jetzt denn? Jetzt nehmen wir die geschissene Barretta weg. Komm. Dann nehmen wir endlich diesen scheiß Colt da mit. Brandmunition haben wir auch zum Saufwurden. Magnumgeschoss. Magnumgeschoss.
Colt Python, so. Kombi, und dann müssen wir eigentlich nur ein Magazin haben, wenn wir nicht alles täuscht. Tust du mir ein Heilspray her? Ja, warte mal. Magnumgeschosse, dann machen wir so. Egal was jetzt kommt, das wird mit dem Colt erschossen! Nein, nicht schon wieder. Okay, passt. Und ein Heilspray nehmen wir auch noch mit. Für was haben wir den scheiß Laborschlüssel dabei? Ich weiß es nicht. Gemixte Kräuter, Kampfmesser, Brandmunition. Brauchen wir die Brandmunition? Nein. Nein. Nochmal Magnumgeschosse. Ja. Wir haben 30 Schuss Magnumschuss. Ja, ich glaube, gibt's im ganzen Spiel gar nicht. Was wollte ich mitnehmen? Irgendwas Besonderes wollte ich mitnehmen. Heilungsspray wollte ich mitnehmen. So. Nein, deine Leute möchten nicht aufklettern, ja. Warte mal, ja genau, da, das, weißt du, der rote Batzen da, der blinkt auch nicht da zur Gaudi. Ach so. Haha, ja, wegwerfen mit dem Schund. Und dann gibst du mir den Colt. Den hast du noch keiner geschossen. So, eine jetzt da, was gibt's da? Haben wir jetzt ab, oder was? Moment mal, ich geb... Brad! The Pit Brad! You last... We have to go now, Chris! Go now! Was ist das? Mögen Sie es nehmen? Batterie, ja. Muss ich die jetzt 1 Meter daneben da reinstecken? Was? Die Batterie ist so rausgezogen worden. But why? Oh no, you must be kidding! After we've come all the way here! Ladies first. Go first, Jill. But Chris! Give me a chance to play nice guy. Okay, I leave it up to you. See you again at the heliport. Ab zum Heliport! Abflug jetzt! Frau Freund, viel Spaß. Aber kleine Stäbe überspringen müssen nicht, dann machen wir zweimal das gleiche hängen. Ah, ist ein Malheur passiert. Was ist das? Rote Rakete! Rote Rakete! Ich nutze die rote Rakete! Die war blau. Du hast genau gesehen. Tja, meine Damen und Herren. Bitte lehnen Sie sich zurück. Die geile Schattentextur wieder. Oh, Entschuldigung, habe ich nicht aufgepasst. Ich muss ja da umschalten. Hä? Hä? Ja, Freunde der Sonne, da fehlt noch ein Teil. Normalerweise kommt der Tyrant da unten nochmal durch den Heliplatz raus und dann wirft der Helikopter einen Raketenwerfer ab und du... Hä? Er seid wieder, das weiß ich schon.
Das schockiert mich jetzt so sehr, dass mir nichts einfällt. Ich hab's Gefühl, dass das eine totale Anfänger-Edition ist. Ja, also generell stimmt da auch was nicht. Seien Sie mir nicht böse, aber ich weiß, dass der Tyrant normal früher mehr als 3 Schuss Bazooka ausgehalten hat. Ich glaub, wenn du mit der Jill beim Tyrant abhaust. Wir können ja ohne einen Chris auch abhauen, oder? Nachgelesen, wenn Barry stirbt, kommt Tyrant kein zweites Mal. What? Ja gut, das weiß ich natürlich jetzt nicht mehr, die ganzen verschiedenen Enden damals, aber ich erinnere mich sehr gut, sehr, sehr, sehr gut dran, dass bei mir eigentlich immer der Tyrant, also für alle, die gerade gar nicht das Ende nicht, also was heißt, das war jetzt unser Ende, das wir gespielt haben, wie wir es gespielt haben. Da kommt normalerweise, kurz bevor der Helikopter landet, kommt dann der Tyrant nochmal aus dem Boden raus, dann kommt da nochmal ein Fight, da wo er nicht bloß geht, sondern da stürmt er und läuft da einmal auf die zu und er haut dann so einen Fächerschlag raus. Da muss man dann, glaube ich, sogar ein bisschen aufpassen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber mit dem Colt hätte man sowieso erschossen mit 30 Schuss. Und das dauert dann eine Zeit und wenn er genug Schaden gekriegt hat, dann wirft irgendwann der Helikopter und jetzt check ja, es ist eine Game Design Entscheidung. Es ist eine Game Design Entscheidung, dass da die Batterie vor dem Batterieslot liegt, damit du in den Bossfight gehst mit mindestens einem Slot frei, dass du den Raketenwerfer aufklappen kannst. Verstehst? Deswegen liegt dieses Billo-Rätsel da davor. So, was habe ich jetzt gesagt? Speichern. Ja, dann speichern wir es da, das ist so wurscht. Oh! Ja, das ist ein neuer Durchgang, oder was? Auf alle Fälle kommt der Tyrant dann unten aus dem Boden raus, der Helikopter wirft einen Raketenwerfer runter, den kannst du nehmen, du zielst einmal, schießt drauf und dann ist eine ganz lustige, wenn ich es in Erinnerung habe, das haben wir ein paar Mal gesehen, das hat sich mir Hirn eingebrennt, das habe ich auch einmal in Videos natürlich irgendwann in den letzten Jahren irgendwann einmal gesehen. Dann ist so ein Standbild vom Tyrant quasi da und dann siehst du die mit dem Raketenwerfer, wenn du schießt, dann von der zweiten Perspektive von 90 Grad rechts, dann nochmal 90 Grad, dann nochmal 90 Grad und in der letzten Dings macht es dann und der Tyrant ist halt tot und dann fliegst du weg. Hast du gelesen, es gibt 8 Enden, Jill und Chris jeweils 4. Lass mich überlegen, was sind das alles für Enden? Ja, Chris mitnehmen, Chris nicht mitnehmen. Barry stirbt nicht. Da hast du deine 4 Enden. Und mit Chris ist es wahrscheinlich genauso, bloß mit ein bisschen anderen Charaktere. Und manchmal kommt der Tyrant. Ich habe nicht gewusst, dass es ein Ende gibt, wo der Tyrant nicht noch einmal kommt. Save Nobody, Save Chris Jill, Save Barry Rebecca. Naja. Luke! Habe der du Gnädel Nachschaus gemacht, wir haben gerade einen Schandbaum für einen Späßel gemacht. So ist recht. Ich wünsche viel Spaß beim Nachschauen. Lucky Mess für 24 Monate. Save Nobody, Save Chris Jill, Save Barry oder Rebecca. Das ist wahrscheinlich eher... Ja, ich mach schon 2x2x2. Macht Sinn. You save both. Logisch. Ja, ich check schon. Habe ich nicht gewusst. Haben wir wieder was gelernt schon, ja? Aber der Tag ist gekommen. Hat fast 9 Jahre gebraucht, dass man zumindest für mich und ich glaube auch fürs Genre und für die allgemeine Gaming-Welt eines der wichtigsten, wenn nicht fürs Genre das wichtigste Spiel endlich durchspielen. Und heute, am 29. April, da war es dann soweit, es ist mir ein Fest. Lass uns heute die Enden anschauen. Ich glaube zu wissen, dass alle Enden, wie wir es gesehen haben, einer sitzt da, die andere Person lernt dran. Mehr, glaube ich, gibt es nicht Interessantes zum Singen. Statt ein Chris sitzt der Barry dort. Anstatt der Jill sitzt Rebecca dort und so weiter. Alles nur kurze Hubschrauber-Cutscenes. Also um ganz ehrlich zu sein, die Cutscenes am Ende, die haben ein wenig schwach.
Da haben wir während dem Spiel längere und bessere Cutscenes gehabt. Aber vielleicht ist ihnen auch irgendwann einmal der Speicher ausgegangen. Damals war das noch nicht so ganz einfach. So. Hätten wir das ja erledigt. Ich hoffe sehr, es hat Ihnen gefallen. Resident Evil 1 ist eines der... Und man kann es wirklich immer noch spielen. Immer noch. Was ich nicht ganz check ist, 4 Stunden 40 Playtime. Ich bin jetzt... Ja gut, wenn man mal verreckt, gell, dann verliert das wieder eine halbe Stunde. 4 Stunden 40. So, und jetzt Resi 1 noch mit dem Chris durchspielen. Na. War ein guter Retro-Trip. Danke fürs Mitnehmen. Immer gerne geschehen. Merci für 35 Monate dauert's. Ja, mach einfach mal was anderes. Wir freuen uns aufs Remake zum 40. Resi-Geburtstag. So, jetzt Statement Resi Remake. Das Remake vom 1 gefällt mir einfach nicht. Das ist für mich ist das Resident Evil 1 und nicht das Remake. Da ist einfach zu viel anders gemacht worden. So ganz seltsame Sachen wie dieser komische Sarkophag, dieser Vampir-Typ oder die Vampir-Tussi oder was da immer ist, die draußen eingesperrt ist, die es im 1 gar nicht gegeben hat. Da haben einfach Sachen dazu erfunden worden, die für mich nicht zum Spiel gehören, finde ich. Das habe ich nicht gern gespielt. Das haben wir mal auch gespielt. Es gibt da irgendwo einen Stream. Mindestens einen Abend haben wir es einmal gespielt. Ich glaube sogar 2. Aber ja. Resi 3 Nemesis von 98. Nein, Resident Evil 2 ist von 98. Ich glaube, Resident Evil 3 ist sogar von 99 oder 2000. Hab das Spiel bei dir zum ersten Mal gesehen, war sehr gut. Ich kann mir halt vorstellen, auch wenn man es das erste Mal sagt, im ersten Stream, wo Likes, über 600 Zuschauer, Obama, nur 197 Likes. Aktualisieren mal. Vielleicht haben schon mehrere drauf gedrückt. 99 ist Resi 3. Das ist schnell gekommen. Deswegen ist er so kurz. Steffi schreibt, es war so gut, jetzt hau ich mich noch in den Lurk. Gute Nacht benannt, Triple F Mods, schönes langes wie euch alle und bis Montag. Steffi, das wünsche ich dir auch. Hauen Sie sich hinein. Hast du Code Veronica auch schon mal im Stream gespielt? Nein. Code Veronica und Zero habe ich gänzlich noch nie gespielt. Weil das für mich irgendwelche Pimmelableger sind, die mich nie interessiert haben. Ich interessiere mich nur für die Hauptserie Resident Evil 1 bis 9. Das werden wir aber nachholen, meine Damen und Herren. Und es wurde ja verlautet, dass nächstes Jahr ein Remake von... Was kommt zuerst? Zero oder Veronica? Weiß nicht, ist vollkommen wurscht, aber eins von den beiden kommt nächstes Jahr als Remake. Selbstverständlich spielen wir das. Und Veronica kommt auch als Remake. Selbstverständlich spielen wir auch das. Und da freue ich mich am allermeisten drauf, weil ich die eben noch nie gespielt habe. Selbstverständlich habe ich schon mal ein bisschen irgendwo was in einem Video gesehen. Ich glaube, Resident Evil Zero ist das im Zug, oder? Am Anfang zumindest. Ich weiß nicht, ob er die ganze Zeit im Zug ist. Ich weiß es nicht. Herr Mader, ich glaube, Dino Crisis 3 gibt es nicht. Ich glaube, es gibt nur Dino Crisis 1 und 2, oder? Veronica kommt 2027 und Zero kommt 2028. Perfekt. Also kannst du Gift haben, selbstverständlich spielen wir die. Ich freue mich auch richtig drauf, das wird gut. Zero ist im Zug am Anfang, genau. Und Veronica, da weiß ich gar nichts. Da weiß ich gar nichts. Das ist mit der Claire, glaube ich, und mit noch jemand. Man, dieses 2-Charaktere-System, das zieht sich ja durch alle Resident Evil durch, außer im 6er, da speist 15 gefühlt. Dino Crisis 3 war auf der... Ich habe nicht einmal gewusst, dass Dino Crisis 3 überhaupt gibt, um ehrlich zu sein. Gibt's Dino Crisis für einen PC? Jetzt, wo es Resident Evil 1 und 2 und 3, die Oldschool Resident Evil, auch für Steam gibt. Dino Crisis. Ha! Das stellen wir uns mal auf die Wunschliste. Habe ich nicht gewusst, dass das gibt schon, ja? Das tun wir uns mal auf die Wunschliste. Das ist jetzt auch was, das mag ich nicht direkt danach spielen, weil das ist im Prinzip dasselbe Spiel, bloß mit Dinosaurier, seien wir uns ehrlich. Aber was ist denn Dino Crisis? Im Prinzip Resident Evil, bloß nicht mit Zombies, sondern mit Dinosaurier. Selbe Steuerung, diese das Tank-Movement, Survival-Horror halt. In Gängerl umeinander und Rätsel lösen und halt rauskommen. Und am besten nicht sterben. So, der Müli schreibt was Interessantes. Was kommt dann nächste Woche? Das ist eine richtig, richtig gute Frage. Maus-PI habe ich auch auf der Liste, ja. Ich bin für nächste Woche schon fast am Überlegen, damit wir in Windrose ein bisschen Meta machen. Dass wir Montag und Mittwoch
Community Zock, Windrose und da voll rein. Und ja, Bernie fragt auch was Gutes. Noch Bock auf Pragmata? Ich fürchte, ihr habt's fake gesehen. Ich fürchte, ihr habt's fake gesehen. Maus PI, damit ich zeige euch das einmal schnell. Das haben wir uns auch vor Ewigkeiten schon einmal einen Trailer angeschaut. Dann weiß sofort jeder, was ist. Das ist ein Shooter, aber auch ganz ein besonderer. Wenn ich das jetzt so beurteilen mag, ich hau jetzt einfach mal rein. Könnt ihr euch an das noch erinnern? Welcome to the trap, mouse! Some falls don't begin in the sky. Mine started a few weeks back. The sky was just the exit wound. Hey, watch! Now, welcome to public transit, bub. It didn't seem like much at first. Wasn't even sure it was a case. This, Mr. Pepper, is the big one. Something within me, I don't know, old instinct maybe, said turn back. Man sagt, was ist das für ein Trailer? Man sagt halt nix. Get some solid evidence, and we'll get to the bottom of this in no time. This case was more trouble than it was worth. But, well, trouble is what I do. Weißt du, was ich glaube? Das ist, glaube ich, ein Spiel, das mit extrem viel Liebe zum Detail gemacht ist. Aber das schaut jetzt da im Trailer, ehrlich gesagt, ein bisschen sehr unspektakulär aus. Aber, Achtung, alles. Wie viele Bewertungen? 7500 äußerst positiv. Ich lese jetzt einfach mal so eine Bewertung vor, weil es wurscht ist. Hat 20 Stunden Spielzeit. Ich habe nur knappe 20 Stunden für meinen ersten Durchlauf gebraucht und bin echt geflasht. Dieses Spiel übertraf meine Erwartungen bei Weitem und setzt ganz neue Standards in seinen Kernkompetenzen. Zuerst muss man das Offensichtliche emporheben, das Erscheinungsbild. Wir haben einen phänomenal schönen und einzigartigen Artstyle. Einzigartig unterschreibe ich nicht, Cuphead war vorher da. Die Landschaften, Charaktere und Items harmonieren wunderbar mit diesem Stil. Gut ist auch, dass das Spiel einwandfrei läuft und es an keiner Stelle zu Rucklern oder Lags kommen sollte. Dieses Game ist allerdings nicht nur etwas fürs Auge, sondern auch für die Ohren. Die Atmosphäre ist hier definitiv die größte Stärke des Spiels, aber wie schaut es mit dem Gameplay aus? Zu Beginn wirkten das Movement- und Combat-System für mich recht simpel. Nach einigen Spielstunden bessert sich das allerdings zum Positiven. Wir kriegen unzählige verschiedene Waffen, Wandsprünge, Flugfähigkeiten und vieles mehr. Alles in allem wirkt das Spiel durch die ständige Erweiterung der eigenen Fähigkeiten doch recht komplex, individuell und abwechslungsreich. Es macht einfach Spaß. Als kleinen Kritikpunkt nenne ich hier jetzt mal den etwas zu niedrigen Schwierigkeitsgrad. Das schaut bei mir im Fettsack überhaupt nicht. Ich spiele auf der höchsten Stufe und kam nie ins Schwitzen. Da würde ich mir eine Art Hardcore-Mode wünschen. Gut, wer weiß jetzt, wie gut dass der Typ ein Shooter ist und so, aber gut. Bei der Handlung ist es ähnlich wie beim Gameplay. Es baut sich langsam auf und entwickelt sich zu etwas Großem. Wir haben es hier tatsächlich mit einem recht tiefgründigen und gut durchdachten Story zu tun. Man kann dem Ganzen gut folgen und fiebert an 1-2 Stellen sogar richtig mit. Für mich ist dieses Spiel jetzt schon ein Kandidat fürs Game of the Year. Eine absolute Empfehlung meinerseits, vor allem zu diesem Bombenpreis. 2 Stunden schwarz-weiß wird interessant für die Augen. Hat halt solch eine Flashes-Spiel mit Roger Rabbit-Vibes. Was meinst du mit Flashes Spiel mit Roger Rabbit Vibes? Roger Rabbit ist ja Jump'n'Run, wenn ich mich recht erinnere. Können wir vielleicht noch einmal Inscription spielen, bitte? Nein, das juckt mir jetzt gerade überhaupt nicht. Hat er, ja, findest in seiner Playlist auf dem Kanal. Was hast du denn gefragt? Hast du Stray schon mal gespielt? Aber selbstverständlich. Bitte. Ja, bitte. Eines der besten Spiele ever. Aber ja, ich weiß nicht, ob du das findest, wenn du danach suchst. Also Stray und Birger. Das ist ziemlich lang her, schon wie es rausgekommen ist. Falsches, sorry, kennst du den Film nicht? Was war denn Roger Rabbit? Was ich gerade gedacht habe, wie ich Roger Rabbit vorgelesen habe? Jazz Jack Rabbit. Nur echte Pro-Gamer kennen Jazz Jack Rabbit. Ach, er meinst. Aber wie kommst du denn auf den? Der hat da mit dem Zeichenstil gar nichts zu tun. Wenn dann die uralte Mickey Mouse, das ist der Zeichenstil von Maus PI.
Das ist halt die deutliche Anspielung drauf. Sapse, die habe ich komplett übersehen. Jetzt wieder 5er. Servus benannt, hau mich Nachschuss gemacht, weil ich mit einer Freundin essen war. Montag noch wieder live mit dabei. Das möchte ich aber hoffen, du. Merci dir. Lass dir das Essen schmecken. Immer Ärger mit Roger Rabbit heißt der Film. Und noch größere Broker kennen Fritz the Cat. Nein, Fritz the Cat kenne ich nicht. Die kennen bloß Felix the Cat. Comic aus die 30er. Ja, also so Disney-Comics oder Animationsfilme aus die, wann waren das? 40er, 50er? Das ist so der Playstyle, so der Artstyle von Maus.pi. Ich hab's auf der Wunschliste, ich überleg's mir mal, ob ich Bock drauf kriege, aber wenn ich da schon lese, der eine da ist anscheinend relativ gut im Shooterspielen und es dauert 20 Stunden. Das ist wieder so ein Ding, das kriegen wir nie fertig. Das war schon drum. Was habe ich denn da so auf meiner Wunschliste? Nein, 136 Spiele um. Not for Broadcast. Das war ein Conscript. Ambulance Life. Ja, ein Haufen Simulatoren, scheiße ist um. Animal Shelter. Storage Hunter. Was haben wir noch alles für Zeug? Crimson Desert, das tue ich wieder runter. Ich sag das, was ist mit Crimson Desert, wie ich nicht warm. Das ist ein sehr überdimensionaler Riesenschinken, zusammengewürfelt aus 1000 Sachen, was nicht heißen muss, es ist schlecht. Aber ich hab momentan, hallo, es ist April, morgen hat es 20 Grad draußen, da sitzen wir nicht 18 Stunden einer und spiele ein Singleplayer-Spiel, da spiele ich über Eve. One KCD1, das habe ich offstream durchgespielt, das werden wir im Stream nicht sehen. Cult of the Lamb ist auch nichts für dich, habe ich auch schon angeschaut. Nee. My Voice Zoo habe ich auch angeschaut, das ist genau 10 Minuten lustig und dann war's es. Haben wir mal wieder einen neuen Cooking Simulator? Haben wir, aber der soll beschissen sein. Cooking Simulator 2 Better Together, das ist auch wieder Koop und so. Das Ding hat, mal schauen, 625 Rezensionen nur und nur ausgeglichen. Und alle schreiben so ziemlich das Gleiche. Ich lese mal eine Bewertung vor. Alle schreiben ziemlich das Gleiche. Da hat sich das tatsächlich 7,5 Stunden oder. Das ist wirklich extrem schade, weil der Cooking Simulator war wirklich anders lustig. Ich mach's kurz. Grundsätzlich ein geniales Spiel. Die Simulation nimmt sich extrem ernst und macht alles besser, was der Vorgänger beschissen gemacht hat. Aber das Spiel ist in einem, in Caps Lock jetzt, so dermaßen unfertigen Zustand, furchtbar verpackt und absurd umständlich erklärt, dass alles zu spät ist. Schade, dass jetzt zu Release ein ähnliches Desaster ist wie beim Cooking Simulator 1. Ich gucke 2027 nochmal rein, wenn das Spiel in dem Zustand ist, in dem es sein sollte, denn ich will das wirklich. Da steckt viel Liebe und Aufwand drin. Nur wenn es so schlecht funktioniert, habe ich da wenig Freude dran. Das kann ich verstehen. Und das schreiben nahezu alle. Alle. Also wirklich mehr als jede zweite Bewertung ist beschissen. Und das tun wir uns nicht an. Das tun wir uns nicht. Das macht auch keinen Spaß nicht dann. Da schauen wir nächstes Jahr dann irgendwann einmal. Wann kommt das Spiel von Capcom raus mit dem Dirndl? Das ist schon seit 2 Wochen raus. Müller, das ist schon seit 2 Wochen raus. Pragmata, interessiert uns das? Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund habe ich abgebogen. Ich weiß nicht warum. Retro Rerun, das kenne ich gar nicht. Wheatcraft irgendwie, das sind eventuell was für dich. Wheatcraft, das glaube ich sogar auf der Liste. Warte mal. Wheatcraft Inc. The best dispensary in town has some. Ja, das ist wieder so eine Art. Wir sollen sagen, es ist so eine wir hatten das geheißen Schedule 1, bloß ein bisschen mit mehr Menüs und so ein Schmarrn. Nee. Wann kommt StarCraft? Nach Windrose hast du gesagt, oder? Nicht StarCraft, Spacecraft. Lass mich mal schnell schauen. Spacecraft, jawohl. Bald im Early Access verfügbar, steht da irgendwas. Am 20. Mai, also quasi in 3 Wochen. Heute in 3 Wochen spielen wir das erste Mal Spacecraft. Da mache ich erstmal Solo und wenn es was kann, machen wir am Montag drauf direkt Community-Zock und dann voll rein ins Viech. Pragmata ist schon gut. Ja, ich habe nicht gesagt, dass es schlecht ist, um Gottes Willen. Aber ich hab so ein bisschen versandet, dass ich mir denke, so mit no, I'm not gonna do it. Spielen wir halt gleich Highgrow, wenn wir schon bei Spielen aus der Kindheit waren, hat das Highgrow geheißen. Ich glaube nämlich, ich weiß, was du meinst. Highgrow. Das gibt es natürlich nicht auf Steam, das war diese damals so diese Pimmel-Software, wo du Haschpflanzen halt zuschneiden hast können und das in Echtzeit gewachsen ist, oder?
Wenn ich mich morgen eingeloggt habe, also wenn ich morgen meinen PC eingeschaltet habe, dann haben die in echt weitergewachsen. War das das? Und wenn man die Uhr 4 gedreht hat, dann haben sie schneller gewachsen. Highgrow, ich brauche einen Screenshot. Ich brauche einen Screenshot. Highgrow Game. Ja, das war's. Programmer stellen die PC-Uhr vor. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Gott sei Dank sage ich mal irgendwas vor dir, weil sonst glaubt mir bald keiner mehr was. Minecraft? Nein, wirklich nicht. Gibt's eigentlich wieder irgendwelche Mizi-Spiele? Auch nicht wirklich. Slay the Spire 2 soll unglaublich gut sein. Das kann auch mehr auf die Liste. Ja. Das ist halt wieder so ein bisschen, ich meine, das ist ein bisschen wie Inscription. Das ist also eine Art Kartenspiel und was? Kürzliche Rezensionen größtenteils negativ. 5 und 5, was ist denn da wieder? Was warnen denn die Leute wieder? Ohne Schmarrn? Gibt schon wieder Shit. Was ist der Shitstorm muss ich mir anschauen. Ich tue es mir auf die Listen. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist schon auf der Liste. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da wieder nichts ist, sondern dass bloß wieder irgendein Behindi-YouTuber oder sonst irgendwas gesagt hat, das ist ganz schlechtes Spiel. Der Entwickler hat nämlich gesagt, es gibt nur 2 Geschlechter. Bitte Review bombt sein Spiel. Weil ich finde das da die ganz hart fein, aber ich glaube, das macht er nicht. Was denn? 12. Wenn wir bei Retro sind, Metal Gear. Metal Gear 1 ist wieder. Gibt's Metal Gear 1 für den PC? Snake Eater, Phantom Pain, Solid Snake. Gibt's das 1er für Steam? Was? Metal Gear Solid, Master Collection Version. Das kostet verkackte 20 Euro? Was? Also ich beschwere mich selbstverständlich natürlich nicht drüber, die Spiele kosten nun mal ein Geld, das ist mir schon, glaube ich, Space 30 Jahre alt. Da zahle ich nicht 20 Euro dafür, leg mir am Arsch. Gibt's da nicht irgendwo einen Key oder so? Oder was kaufe ich? Also ich kaufe da Master Collection, was ist da alles drin? Der erste 3D-Titel der Metal Gear-Reihe, der mit Live-Action, filmischen Zwischensequenzen und innovativen Gameplay den Grundstein für atemberaubende Stealth-Action legt. Was ist da alles drin? Metal Gear 2 und Metal Gear Solid inklusive VR-Missions? Und Special Missions. Metal Gear 1 habe ich gespielt, aber nie durch. Ich war nie so der große Metal Gear Solid Fan. Aber ich erinnere mich, dass es unser verdammt gut war. Scum habe ich schon gespielt. Und es ist nicht besser wie Daisy. Frage, wie planst du mit Windrose? Teil der Leute wieder weitermachen oder komplett neu? Zwecks Vorbereitung sollten ja alle circa selben Progress haben. Oh, und das habe ich noch gar nicht gedacht, dass wenn wir mir das nächste Mal Leute reinlassen, dass dann eventuell Leute dabei sind, die... Hilft nicht. Knocker die. Es hilft nicht. Ich kann nicht nur mehr dieselben Leute lassen, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass dieselben Leute nur mehr da sind. Ich kann die Leute nicht sagen, bis maximal zur Crew befreien, spulen nicht weiter, das lässt sich ja nicht mehr. Ich sage mal so, sag mal bei Windrose das Level vom Gegner. Was heißt das Level vom Gegner? Das Level von seinen Mates irgendwie. Sag mir das irgendwie. Weil dann sage ich nämlich maximal Level 2. Fertig. Weiter sind wir mir nämlich auch nicht. Metal Gear Solid 1 gab es für PC, habe ich noch irgendwo als Sicherungskopie auf einer alten CD-ROM. Ja, High on Life zeigt mir auch gerade nicht, also ich weiß nicht. Darion schreibt, Lord of Hatred, was war Lord of Hatred? Du meinst die ja? Oh. Ja, das ist halt Diablo, ist das geil zum Zuschauen. Wenn, dann hätten wir heute Diablo spielen müssen. Das ist gestern rausgekommen. In der Woche interessiert es eh schon keinen mehr. Also auch mich nicht. Das ist ja das Schlimme. Auch mich interessiert es in der Woche nicht mehr. Der Cartoon schreibt, dann bin ich schon raus. Wie, wo, warum? Die Gaming-Landschaft ist by the way ein bisschen sehr tot. Warum nur? Überhaupt nicht. Man muss nur das Richtige finden. Ich habe jetzt so als Variety-Streamer habe ich jetzt ein bisschen das Problem, ich finde es ja irgendwo gut, weil ich mag nicht ständig dieselbe Scheiße spielen, dass ich alle paar Wochen halt einfach neue Spiele finden muss, auf die vor allem ich Bock habe zu spielen, weil sonst brauchen wir uns noch nicht hersitzen.
Also bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, mir fällt jetzt gerade nichts ins Auge, wo ich sage, oh leck, ja geil. Vielleicht das Maus-PI, vielleicht, ich glaube, dass das wirklich ganz witzig ist. Ich habe mir nämlich auch kurz ein Video angeschaut von jemandem, bloß so 5 Minuten und das von relativ am Anfang. Das schaut wirklich witzig aus, das schaut gut gemacht aus, der Grafikstil ist wirklich cool. Das kann wirklich ganz lustig sein, aber es dauert, wenn ich halt weiß, es dauert 20, 25 Stunden, dann biege ich schon ab, bevor ich anfange. Deswegen heiße ich ja Bierger, verstehst du? Warte mal, how long to beat? Dann schauen wir mal. Maus-PI. Maus-PI, Main Story, 11,5 Stunden. Das ist wieder was anderes. Das waren 4-5 Streams. Wie viele Meldungen haben wir da? Main Story 38, im Durchschnitt so 11-12 Stunden. So Median bis Leisure. Das dauert aber klar da so haben wir so bei 12 Stunden. Was labert denn der andere dann von 20? Was sagst du zum Assassin's Creed Black Flag Resync? Nicht wegen Stream, sondern generelle Meinung? Ja, anscheinend ist das Ubisofts letzter Strohhalm. Ich werde es mir nicht kaufen, das interessiert mich einen Scheißdreck, sag ich dir, was ist. Ich kaufe kein Spiel für wahrscheinlich 70 €. Vollpreistitel, das 15 Grad mal 13 Jahre alt ist zwar, aber ein Remake ist, aber kein Remake ist. Das, keine Ahnung. Ubisoft hat bei mir einfach generell rausgeschissen. Haben einfach rausgeschissen. Die können machen, was sie wollen, ich kaufe von denen nichts mehr. Also privat, wenn uns irgendwie für einen Streamer mal was interessiert, dann ist das was anderes. Ubisoft kriegt von mir gar nichts mehr. Nie wieder. Die machen nur noch Scheiße, die sollen in Grund und Boden pleite gehen. Ich hoffe, dass sie einfach weg sind irgendwann. Und ihnen Franchises verkaufen müssen und das an Entwicklerstudios verkaufen, die Franchises zu schätzen wissen und das Spiel verstanden haben. Und nicht erst einen Shop bauen und dann vielleicht irgendwie eine Spur rundherum. Deswegen. Aber sie werden sich wahrscheinlich wieder dumm und dämlich verdernen mit Leuten, die Assassin's Creed Black Flag gut gefunden haben. Weil die Leute dumm sind. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Es war halt schon vor 12 Jahren gut. Ja, natürlich. Und? Weil du Ubisoft jetzt sonst nichts mehr geschissen kriegt, bringen sie alle 12 Jahre dasselbe Spiel raus. Das muss man nicht unterstützen. Das kann so gut gewesen sein, wie man will. Ihr wisst alle, was Ubisoft mit euch da hat. Ihr wennt das blind wieder kauft oder gar vorbestellt oder gar die Special Edition oder irgendwas kauft, ich kann euch nicht helfen. Jeder Einzelne, der das tut, ist Teil des Problems, warum die AAA-Industrie ist, wie sie ist. Und warum wir aktuell nicht einen einzigen AAA-Titel haben, keinen aktuellen, den wir spielen können. Nicht einen. Pragmata vielleicht. Das ist der einzige AAA-Titel aktuell, da wo ich sage, ja, aber nächste Woche, der jetzt interessiert schon keinen mehr. Pragmata interessiert es jetzt schon nicht mehr. Anno 117 war doch nicht so schlecht, finde ich, da hast du generell recht, aber jetzt kaufst du Anno 1800, speist das durch und dann sagst du das nochmal, was du gerade geschrieben hast. Auschwitz war wegen der Gasplatzhalter, damit es nicht ein Wort ist, gemeint. Getwittert habe ich auch ironisch gemeint. Herr Russe, ich brauche mehr Kontext. Ich check gerade überhaupt nicht, um was das geht. Ich war schon in Bezug nehmend auf deine Donation vorher, ja, alles gut, aber ich check, was getwittert, was für Kammer, ich meine, ich weiß, was für Kammer das gemeint ist mir schon klar, aber mehr Kontext, getriggert. Ja, aber was hat die denn da getriggert? Hä? Was? Bruder, hast du eine Flasche Wodka intus? AAA-Spiele sind noch lange nicht so gut wie Quadruple-A-Spiele, das stimmt. Anno 1800 habe ich um 20 € gekriegt vor einiger Zeit, nice. Bleib bei dem. In Anno 117 ist nichts neu, nichts. Absolut nichts. Es ist 20% so groß wie Anno 1800 und die einzige Neuigkeit ist, du kannst schräg bauen. Herzlichen Glückwunsch. So, Löwensepp, jetzt bist du da. Merci wieder neuer Global Rescue. Was war Global Rescue? Das habe ich schon mal gehört, meine ich. Global Rescue. Baue eine Basis und leite Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und SEK. Dank echter Kartendaten spielst du in deiner Heimatstadt. Oder überall auf der Welt. What? Das ist vorgestern rausgekommen. Kostet der Bums. 20er. Schauen wir uns jetzt einmal, das klingt witzig. Hat es da nicht noch so ein Spiel gegeben mit einer Zombie-Apokalypse, wo man in seiner Heimatstadt spielen kann? Und dann wird da eine dynamische Map generiert anhand von Google Maps quasi und du kannst halt wirklich in
in deiner Stadt halt spielen. Natürlich sagst du nicht jetzt Haus und zeigen Klump, aber halt da so. Schauen wir uns mal schnell den Trailer an, weil warum nicht? Achtung, Musik an auch, ja. So, los geht's. Das ist keine schlechte Idee. Das kommt einmal auf die Liste. Das ist keine schlechte Idee, das ist eine Wahl, hat Potenzial für die Wunschliste. Das ist eine nette Idee. Difficulty Level Frankfurter Bahnhof. Guter Vorschlag, Herr Löwensepp. Infection Zero, ja genau, Infection Zero Zone oder Infection Zone Zero, so ist glaube ich. Ja, ich hab's geschrieben, ich hab mich verlesen, Entschuldigung. Meinst du, was Zombie Survival auf deiner Karte macht? Ja, genau. Sehe ich da einen SEK-Einsatz in Emskirchne? Oh, der YBO hat sich auch Mühe gegeben und sehr viel geschrieben. Hast du mitgekriegt, dass die Macher von Garry's Mods mit Valve zusammenarbeiten und ein Sandbox-System für die Source 2 Engine kostenlos auf Steam releasen wollen? Jeder kriegt dadurch die Chance offiziell auf Steam. Hab's nicht direkt mitgekriegt, aber jetzt, wo du das sagst, ich hab einmal nebenbei irgendwo ein Video laufen gehabt, wo das jemand erklärt, was die treiben, ja. Hab schon gelesen. Ah, interessant. Der Russe, wenn das Vertrauen sagt, 6 Gläsel Wein, ich bin in Paris, Alter. Getwittert war ein Rechtschreibfehler und wollte sagen, dass ich nicht im negativen Sinne getriggert war. Ja, ich frage immer noch, von was warst du getriggert? Ich weiß überhaupt nicht, um was das geht. Von was sollst du triggert sein? Oh, ich stehe jetzt in Auschwitz, ich bin triggert. Ich versteh's nicht! Um was geht's denn? Sauf deine Flaschen Wein la und erklär mir's nächsten Montag. Grütze, fix nochmal, du. Gute Besserung, Alter. Alter, Mann, leg mir was. Ich lese jetzt nochmal zur Sicherheit deine Donations vor. Hier, erste Donation. Grüße aus den Pariser Katakomben. Okay. Zweite Donation, wortwörtlich. Ich fühle mich stellenweise getriggert. Wie kommst du jetzt auf getwittert? Du hast doch nicht getwittert geschrieben vorher. Da steht, ich fühle mich stellenweise getriggert, weil ich in deinem Sonderurlaub Auschwitz auch angeschaut habe. Fanden die damals nicht so lustig. Hä? Jetzt schreibst du als Erklärung danach? 6 Gläser Wein? Bin ja in Paris. Getwittert. War ein Rechtschreibfehler. Du hast nie getwittert, geschrieben. Und wollte sagen, dass ich nicht im negativen Sinne getriggert war. Bruder, was? Geil. Geil. Bruder, viel Spaß in Paris. Lass dich nicht abstehen. bis Montag. Scheiß Beat kommst. Du hast öfter Gask gesagt irgendwie. Ach so. Jetzt. Ja, da wie soll ich nie da drauf kommen? Das war vor einer Dreiviertelstunde. Ja, und trotzdem kann ich einen Kontext nicht herstellen. Wer ist denn getriggert? Weil du in Auschwitz das Wort Gaskammer benutzt hast, oder was? Ist irgendjemand getriggert? Entschuldigung, darf ich jetzt gar nichts mehr sagen, oder was? Ich kann auch nichts dafür, dass er so war. Ich meine jetzt übrigens nicht die mit meinem Zorn, sondern allgemein. Wo haben wir jetzt dann hingekommen? Darf ich jetzt das Wort dann auch nicht mehr sagen? Also, wer fühlt sich denn da getriggert? Der kennt sowieso an die Haxenbock und gegen die Windroschen. Gottes Willen, du. Ja, ich weiß auch nicht. Was angeblich soll nächsten Monat ein DLC für Resi 9 kommen? Nächsten Monat schon? Dann will ich aber sauer, Herr Konami. Weil dann weiß ich, dass der DLC schon fertig war und aus dem Speck geschnitten worden ist.
Da bin ich ein wenig grantig. Und das muss man ja auch vorhalten. Da kann Resident Evil 9 noch so gut sein. Weil die auf 3 Monate kein DLC zusammenschustern. Außer er ist eine halbe Stunde lang und beschissen. Aber gut. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, bis jetzt habe ich eigentlich die meiste Lust auf Windrose 2 mal hintereinander. Damit wir da ein wenig vorwärts kommen. Weißt du schon, wirklich ein bisschen mehr Zeit haben zum Bauen. Nicht so umeinander wuseln müssen und keine Ahnung. Nein, da kriegen wir dann nächste Woche mindestens 4, wahrscheinlich eher 5, sogar 5,5 vielleicht sogar Stunden Playtime zusammen. Dann tat sie Windrose, dann tat sie auch der Server rentieren, weißt du schon, der war jetzt nicht sonderlich teuer, um Gottes Willen, aber trotzdem, ich glaube, da hätte auch, glaube ich, keiner was dagegen. Ich glaube, das war auch wirklich lustig am Montag, sowohl zum Spielen als auch zum Zuschauen. Und Mohat, so, das schreibe ich dann in die Ankündigung ein, was die Anforderungen sind, maximal ein Level 2 Charakter. Und ja, mit dem Level 2 Charakter kannst du meinetwegen ein paar Items mitnehmen. Das war also so ein bisschen Ausbau die Rüstung, ein bisschen Ausbau die Waffen und so, haben wir ja mir mittlerweile auch. Aber da haben wir nicht übertreiben. Da hat sich am Montag super jeder Droh gehalten und da hat überhaupt nichts gefeit. Das war echt gut. So, wieso geht denn eigentlich mein Chat nicht mehr? Ja, Alter, jetzt da geht er. Schau dir mal Ultimate Drummer an. Er war in Auschwitz, hat dort die Gaskammern gesehen und wir warten heute im Spiel auch in dem Raum Gaskammer. Ja, aber wer ist davon getriggert? Frage ich immer noch. Da schreibt der Russi nochmal. Du hast doch gesagt, ich soll in einen normalen Chat schreiben, hast es dann aber doch nicht gelesen. Das habe ich sogar noch dazu gesagt, dass ich wahrscheinlich eine Zeit brauche. Getriggert deshalb, weil dort auch sehr oft Gaske gesagt wurde. Streamlabs gesperrt das Wort, darum abgestürzt. Jetzt wieder Schuhe draus. Aber du merkst selber, dass da jetzt ganz furchtbar viel Kontext plötzlich dabei ist, der vorher nicht dabei war. Cyberfox schreibst, also ich war höchstens bespaßt. Ja, jo, wenn ihr schnell genug seid beim nächsten Mal, dann kommt ihr auch wieder drauf. Ihr wisst ja schon, wie es läuft. Das werden wir wieder also machen, 10 Slots, das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Eher gesagt nur ein bisschen zu viel anstatt zu wenig. Und das Passwort gibt es wieder am Montag und am Mittwoch, jeweils ein anderes. Der Server ist jetzt momentan gerade offline. Die Luna checkt es immer noch nicht. Ist nicht so schlimm. Ich meine das nicht negativ, einfach nur Art Flashback. Okay, jetzt wieder noch ein besserer Schuh draus. Du schaust mir zu. Ich rede was von einer Gaskrise. Du kriegst ein Flashback, weil du vor ein paar Wochen Auschwitz angeschaut hast. Was übrigens wichtig ist, was jeder mal tun sollte. Übrigens. Jetzt wieder Schuh draus. Okay, bin schon wieder Start. Da hätte mich aber auch gewundert, wenn der Russe meines Vertrauens nach 6 Glasel Wein nicht mehr gescheit schmatzen kann. Das darf mich aber auch wundern. Und jetzt trinkt das 7. Wer hätte gedacht, der Russe verträgt keinen Wein. Ich hab's mir gerade an, das ist richtig. Du bist so geldbehindert, oder? Jetzt haben wir's beieinander. Jetzt kennen wir uns aus. Jetzt check ich's. Luna vielleicht auch, wenn nicht, dann ist es wurscht. Oh, der YBO schreibt, an den knickerten Löwe AAA-Games kosten in der Regel ab 60 Euro. Also ja, ich glaube, dass wir das 60 mittlerweile streichen können. Ein AAA-Game für 60 Euro regulär kriegst du nicht mehr. Da steht 69. Nice. Aber 70 Euro aufwärts. Love you too, no homo. Einmal ist kein Mal, aber oft ist es auch öfter. Jetzt auch kostet 20er, ja. Ja, bei 80 Euro sind wir auch noch nicht so im Schnitt, aber auch bei vielen. Viele Spiele kosten auch schon 79 Euro. Ja. Aber, ganz ehrlich, da dürfen wir uns auch nicht beschweren, weil ganz ehrlich, zu unserer Kindheit, was haben denn Super Nintendo-Spiele gekostet? Die haben teilweise 120 bis 160 Mark gekostet. Was im Prinzip genauso viel ist. Und das war vor 30 verschissenen Jahren. Pragmata kostet 59 oder nicht? Schauen wir mal. Tatsächlich! Ja, okay, YB Seppi gibt er doch recht. Ich gebe Ihnen recht. 20.781 äußerst positive Bewertungen. Also Capcom liefert momentan richtig hart ab, Alter. Resident Evil
Meisterwerk, das beste Resident Evil, das es gibt, glaube ich, möchte ich behaupten. Wenn man es mit allen von heute vergleicht, nicht mit was Resident Evil 2 zum Beispiel damals war, weil der Sprung war ja narrisch. Haben wir vorher schon mal kurz drüber geredet. Dann kommt Pragmata und irgendwas für Monster Hunter Wilds, glaube ich, haben, oder World Wilds, was war das aktuelle? Wilds, das ist nichts für mich, das Spiel, das ist ein totaler Krampf in meinen Augen, aber gut. Da sind die Leute auch ziemlich begeistert. Capcom liefert gerade ab, scheißt sie zu mit Geld, gibt's den Leuten Geld, noch mehr Geld und noch mehr Geld. Haben sie verdient dann aber? Haben sie verdient? Ultimate Drama kostet nur 5,10 €. Jetzt müssen wir da schauen, oder was? Ultimate Drama. Was ist denn das wieder für ein Dummschiss? Sitzen wieder! Schauen wir uns einen Trailer an. Was tut man sonst? Da gehst du her. Da gehst du her! There was harmony. Rise, brave drummer. The world awaits your beat. Wer hat das vorgeschlagen? Hast du zufällig 16 Glasl Wein gesoffen? Oder? Weißt, ich mag jetzt nicht gehässig sein, ich habe ja selber schon mal probiert, mein eigenes Spiel zu machen, aber das hat besser ausgeschaut wie das. Das da ist irgendein weirder, zusammengeworfener Scheißhaufen, der 10 Minuten lustig ist. Weil er völlig absurd ist und so weiter und so fort. Aber das... Das ist 10 Minuten lustig. Wahrscheinlich ist ja wirklich ab und zu mal was Lustiges dabei, aber das ist einfach ein Asset-Flip, wo irgendwelche Sachen umeinander fliegen und wahrscheinlich ultra laut sind und ultra nervig sind und ja. Ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß es jetzt nicht. Jetzt warte mal schauen, was sagt der Bewertungssepp. Ah ja, sehr positive Bewertungen haben wir ganze 68. Sind zwar sehr positiv, aber... keiner hat davor einen Text geschrieben. Alles Englisch. Get those beats straight in my hormuz. It's got everything, even fishing, Crimson Desert for cool people. I almost wish I was single so I could filter new love interests by bringing them home and showing them this game and gauging their reaction. This game has me wringing out my panties every 15 minutes, it's so good. Ich glaube, die Zeit ist gekommen, wo ich sagen muss, ich glaube, ich bin zu alt für diese Art von Behinderung. Ich glaube, ich bin zu alt für diese Art Behinderung. Siehst, Wimp hatte keinen Fisch, das stimmt. Until you breathe through your pants. Ja, vornehm durch die Hose atmen, meine Damen und Herren. Na, ich sag das jetzt ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe jetzt da gerade nichts, was mich richtig, wo ich sofort weiß, jawohl, das schaut gut aus, den machen wir Gmeidi Wies. Ich glaube, dass wir zweimal Windrose spielen. Das schaut da überhaupt nicht, das ist ein gutes Spiel, wieso soll man dir nochmal, jetzt mal am Montag drauf warten? Es glaube ich gibt einen Haufen Leute, die wirklich Bock drauf haben, inklusive mir. Ich mag auch weiterkommen und ich mag den ersten Boss in dem ersten Biom zusammenhauen und ich mag das große Schiff fahren und ich mag dann umeinander fahren und irgendwas tun. Und das hat richtig gut hingehauen am Montag. Wir haben ja die stabilste Community, was das betrifft. Wir können umeinander spielen wie die Vollgas-Narischen und es läuft einfach. Ich muss mal vielleicht ein bisschen weniger labern und so, aber mei, was soll ich machen? Also wie immer, das entscheidet der Zukunftsbürger. Nein, also bis jetzt entscheidet die relativ sicher zweimal hintereinander Windrose. Was besser sehe ich jetzt da gerade nicht. Wie heißt denn die recht gute Simulator von vor 2 Jahren mit der Grenzkontrolle? Contraband Police meinst du? Da wo wir Autos kontrollieren haben müssen. Da haben wir einen Nachfolger schon gespielt, das war die Zombie-Infektionsdingsbums-Spielchen. Das haben wir auch schon 2-3 Mal gespielt. Bevor Resident Evil gekommen ist.
Da, der Hackfleisch-John ist da, bin ich auch wieder dabei, möchte ich hoffen. Es ist gut, ich hoffe, das ist für jeden einigermaßen verständlich. Ich mache es immer so, keiner wird irgendwie bevorzugt behandelt oder benachteiligt. Ausnahmsweise am Montag hat der Cyberfox und seine Frau einen Platz reserviert gekriegt, weil wir den Nachmittag einen Server-Testen geholfen haben und er einfach der Erste war, der da war. Das mache ich meistens auch so, wenn Nachmittag gerade jemand da ist, der sich da zur Verfügung stellt. Beim nächsten Mal ist es dann nicht mehr so. Da gehe ich auf den Server, ich gebe das Passwort ins Discord, in den Thread von Windrose. Wir nehmen das wieder als Chat her, wenn nötig. Ich tue das mir auf meinen dritten Monitor daher. Und der Erste, der reinkommt, der spielt mit. Und fertig. Wenn es jemand raushaut, das tut mir natürlich leid, aber da kann ich auch nichts dafür und jemand anders den Platz einnimmt, ich kann es nicht ändern, it is what it is. Ich glaube, wir machen 2 Minuten dran an Windrose, da glaube ich keiner was dagegen. Easy clap, Alter. Easy clap. Der Orchester-Kontrollsimulator heißt übrigens Kontrabass. Kann jetzt dem mal irgendjemand einen Schrammzieher ins Knacken hauen oder irgendeinen Scheiß? Der Fridolin schreibt, so da, ihr Sauberern, ich schneide noch was ein und gehe dann in den Topfen. Gute Nacht, ihr Nasenbohrer. Fridolin, haben Sie sich hinein und merci für die Mitgliedschaft. Gute Nacht. Was ist denn da los? Kann ich 500 Leute? Habe ich was verpasst? Ja, wir haben ja schon lange fertig. Ich habe zwar öfter gefragt, aber du hast leider nie beantwortet, warum nicht Atomic Heart. Das ist eine gute Frage, weil das auch wieder so ein 30-Stunden-Scheißhaufen ist, den wir nie fertig kriegen. Und ich habe satt Spiele zum Spielen, die wir nie fertig kriegen. Das ist so ein bisschen der Fluch, dass ich bloß 2-mal, im Winter 3-mal stream, weil wir sonst teilweise 3 Monate für ein Spiel brauchen. Und merkst du das selber, das ist heute der 3. Resident Evil Stream. Der 3. Der erste war vor 2 Wochen bloß. Da haben wir über 1000 Leute da herin gehabt. Und heute, schaust du mal auf die Uhr, gut, jetzt labert man schon lange, aber trotzdem, das spielt natürlich auch eine Rolle, ja. Und ich spiele ja nicht mit Gewalt Sachen, wo weniger Leute da sind wie wer. Also, wer das tut, dem kann ich auch nicht helfen. Das hat mir auch mal jemand vorgeworfen. Das war das Allergeilste. Ja, das muss ja irgendwie weitergehen, damit der Rubel rollt. Geh Bürger, du musst immer was anderes spielen. Das war ich meine, also bist du geistig behindert, du Trottel. Machst du ein Geschäft auf und dann kommt der Kundschaft und sagt, hey, ich hätte gern Semibräsel. Dann sagst du, Hammer, aber ich verkaufe den nicht. So waren die alten Anschauten nicht schlecht. Ich mag eigentlich auch keine alten Spiele jetzt mehr spielen. Jetzt haben wir Resident Evil gehabt. Aber die es schauen wollen, bleiben da. Spiel, solange du willst. Ja, um Gottes Willen, das war's jetzt nicht. Aber ich fühle mich natürlich, habe ich schon ein paar Mal erklärt, ein bisschen mit einer Bringschuld hier. Es sind sehr viele Leute da, die haben hier Monatsabos gemacht bei mir. Die legen da einen 5er auf den Tisch im Monat. Und deswegen versuche ich das da so gut zu machen, wie es geht. Und bis jetzt läuft es seit 8 Jahren echt unerwartet gut. Da findet man schon was. Und nächste Woche säge ich 2-mal Windrose aus. Fertig, Amen. Der Devil Driver, Mikey, du bist da schon 1000 Jahre lang dabei, damit der Rubel rollt. Es war, ich zitiere, damit der Rubel rollt, ist so gesagt worden. Das war nie ein Kriterium, das verstehen sich die Leute nicht. Es ist immer das Gleiche, es kommt ja eh nie vor. Ich glaube sogar, dass der einzige Hater, der da jemals auch angefangen hat zu mucken in die Kommentare, einmal vor 2 Jahren, das war so, wie wir einen DayZ-Server gehabt haben, so vor 2,5 Jahren, und einmal vor relativ kurzem, da wo ich so ein bisschen einen Polit-Rant reingehackt habe. Ich bin ja mittlerweile sogar der Meinung, dass das ein und dieselbe Person ist. Anhand der Schreiberei und so und der Menge, die da geschrieben worden ist, und da wo ich mir wirklich denke, Alter, was bist denn du für ein hängerbliebender Vollidiot, Alter? Labert mich vor irgendeiner Scheiße zu. Weißt du, wenn der erste Satz schon anfängt mit so Sachen wie ich hab mehr Steuern gezahlt in meinem Leben, wie du jemals zahlen wirst. Ich denke mir, ist das bei uns in Deutschland was, womit man flex, du Trottel? Ja, Grützi, Fixer, da geh ich eingraben, du Spacken-Trottel, ich flipp aus. Thierry Birger, bin jetzt erst da, bin jetzt fürs Maibahnfest ausgebaut, bei der Feuerwehr, Andal, so ist recht. Heute kannst du zurücklaufen lassen, dann haben wir gestorben, dann kannst du wieder Viere laufen lassen. Ja, dann weiß ich jetzt auch nichts. Dann hauen wir jetzt den morgigen Tag noch durch, hätte ich vorgeschlagen. Und dann ist langes Wochenende. Oder? Was machen Sachen? Geh mal eine Weidne, du Spangne, Streamer ist doch keine Arbeit, ne? Ist auch nicht. Streamen selber ist auch keine Arbeit nicht. Braucht man nicht schmerzen. Aber hier hinkommen, dass hier 8, 9 Jahre lang
jeden Montag, Mittwoch und teilweise Freitag eine 4-stellige Zahl Zuschauer da sitzt, oder auch mal ein bisschen weniger, aber auch mal ein bisschen mehr. Naja, sitzt du halt mal her ohne Arbeit, streamst du mal ein bisschen, wenn du aus dem Nichts da 1000 Leute zauberst, dann nimm ich die für voll, das ist keine Arbeit nicht. Ja, morgen wenigstens Homeoffice, bequeme Klamotten, what? Genau das war der Finanzbesserwisser-Typ. Oh, da hab ich da mal, ja, ich halte ja mein Maul nicht. Da muss aber auch jeder rechnen damit. Das kommt einfach in 8 Jahren so selten vor, dass irgendjemand da das Fankerl anfängt, dann wirst du in die Öffentlichkeit gezogen, mein Freund. Das bin ich nicht gewohnt. Das bin ich nicht gewohnt, dass da irgendjemand mal irgendwas Negatives schreibt. Aber wenn du da eine bist, alle 5 Jahre, ja, dann darfst du froh sein, dass ich dir nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt habe, mein Freund. Weil diese dumme Scheiße, die da geschrieben worden ist, für die kehrst du eigentlich Tag und Nacht droschen. Tag und Nacht kehrst droschen. Kehrst droschen, Bruder, wer das geschrieben hat. Droschen. Anders lernst du das nicht. Wer das Finanzamt in Deutschland verteidigt, oder? Was? Der hat doch drum bettelt. Das war also ein bisschen mein Gedanke, ja. Das war also, da ist es schon wirklich verdammt viel Mühe gegeben worden. Da haben ja sehr eine Absätze geschrieben worden. Also da habe ich mir gedacht, ja, was ist, ich schreibe dann einen, den ich Absätze zurück, weil die Zeit nehme ich mir. Wenn sich einer als komplett geistig behindert outet, count me in, bitch. Hey Chef, wollt grad nochmal. Damn! Was, Mr. Danny, was wollt's grad nochmal? Ich glaube, da habe ich sogar mitkommentieren müssen. Ja, da haben wir einige. Das ist was, das müssen wir dann lassen, weil das ist wieder. Es ist. Ich sag's jetzt, wie es mir zumindest denke, vielleicht ist es anders und ich check's nicht, aber ich glaube, es ist so. Herr Motto! Komm in Neufe! Ich wollte doch grad geht's. Lang nicht mehr gehört, aufgrund vom Umzug von der Scheiner Oberpfalz ins Nachbarbundesland. Ja, wie? Aber war wieder gut! Herr M. Otto, oder Motto, oder wie auch immer, 15 € sind zu viel, Sie wissen es, Sie sind lang nur dabei. Und ich hoffe, der Umzug war in Ordnung. Willkommen zurück, wir sehen uns weiterhin jeden Montag und Mittwoch wie früher! Merci dir! So, was wollt ihr jetzt erzählen? So, richtig. Warum ist das wohl so, dass ich 8, 9 Jahre lang, und es ist jetzt wirklich nicht so, in die Prime-Jahre habe ich wirklich extrem viel Reichweite gehabt. Das war ja grenzdebil, das habe ich ja selber jahrelang nicht gecheckt. Warum glaubst du, ist das so, dass ich, glaube ich, eigentlich 3 Personen aufzeigen kann, die meinen, sie müssen einer haten? Warum nur 3? Ich glaube, das ist so, ich bild mir so ein, das ist so, wenn es von außen anders ausschaut, dann korrigiert mich, ist mir scheißegal. Weil du hier drin keine Angriffsfläche finden wirst, mein Freund. Da habe ich schon, zumindest bei dem Ei, habe ich schon aufpasst drauf. Du wirst keine finden. Ich habe jetzt über 1000 Streams. Das ist gelungen, oder? Na, bald haben wir über 1000 Streams. Das sind 2.000 bis 3.000 Stunden Gaming live ungeschnitten. Wenn du nicht mal da was findest, was die irgendwie die Aufhänger kannst zum Reinreden, berechtigt, ja? Dann musst du kommen mit, ja Bürger, hey, hast du aber wieder einen gescheiten Scheißdreck erzählt, weil das Finanzamt das und das. Alter, du gehörst angestochen. Echt? Das hat dich so triggert, dass du gesagt hast, so, jetzt fang ich zum Fankerl noch. Mehr hast du nicht gefunden. Nein, wirklich nicht. Okay. Du arme Drecksau, Alter. Ich weiß nicht, wer da einen Kaffee eingeschissen hat, aber ich weiß nicht. Also, tut mir leid fürs Aufhalten. Ja, Otto, ist ja so, ist ja gar nicht. Wenn Leute halt keine anderen Hobbys haben. Die meisten verstehen das ja nicht. Es ist vor allem, ja, es ist jetzt darf es eine Angriffsfläche geben, in dem Moment jetzt, weil ich jetzt seit Wochen und Monate dann später noch drüber rede jetzt, weil ich mich selbstverständlich darüber erinnert, weil das eben in 8 Jahren 3-mal vorgekommen ist. Der erste ist so gnadenlos untergegangen, dass er überhaupt nicht gewusst hat, wie, das ist ungefähr so. Kennt jemand das Battle vom Machine Gun Kelly mit dem Eminem? Wo ein Machine Gun Kelly gemeint hat, der kann einen Eminem anfacken. Wie der Eminem mit dem dann fertig war, hat er sein Musikgenre im Punk gewechselt. Und aufgehört zum Rappen. Bei uns war es so, wie ich mit ihm fertig war, ist er TikToker geworden. Da muss ich manchmal schon drüber lachen, das ist der, das war auch kein richtiges Gehate nicht. Herr Cartoon!
So, dann mal über was für die Kaffeekasse. Nein, du bist doch ein Mitglied schon seit 1000. Danke für die sehr gute Belustigung. Herr Cartoon, Sie, Sir, bedanken sich bei niemandem. So sieht's aus. 20 ist sauer 2, aber gut, du bist da schon 5 Millionen Jahre dabei. Du weißt das. Merci dir. Dankeschön. Steuerprüfung schon gehabt. Und wer hat die alles nicht links abstempelt? Was geht's denn überhaupt? Wo haben wir denn überhaupt? Der Philipp, der Vlogger. Du traust der. Nee, der will mit mir nicht mehr viel zu tun haben, da ich rechts bin. Ja, muss ein geistiger Behinderter sein. Ganz einfach. Weil wenn's der Fernseher und die Öffentlich-Rechtlichen schaffen, dass da in dein Idiotenhirn reintrichtern, alles was rechts ist, ist gleich rechtsradikal, dann bist du der Trottel. Dann muss man die zurücklassen. Dann geh einfach. Ich diskutiere gar nicht. Na, geh. Bei dir kann ich es nicht erklären. Ich kann nicht. Der Dani schreibt, Dankeschön für die letzten Jahre unglaublich gute Unterhaltung. Was wir gelacht haben in die Horror-Oktober, kannst du nicht ausdenken. Bist der beste Dankeschön. Mehr kosten, mehr kann ich wahrscheinlich nicht sagen. Schöne Grüße, Dani zurück. Hauptsache ihr bleibt da. Schon lächerlich so eine Witzfiguren. Ja, es ist einfach heutzutage ja nicht mehr möglich mit vielen einfach zum Schmatzen. Und wenn wir jemals zum Schmatzen aufhören, dann wird's bitter. Dann wird's richtig bitter. Und ich bin mir ja nicht sicher, wenn es einmal über diesen Politik-Rant gibt, habe ich die letzten 2 Jahre, speziell Ende letztes Jahr, eine ziemlich deutliche Aussage gemacht, was ich glaube, wie es dahin geht. Dann schaust du einmal die aktuellen Umfragen an und dann stellst du das nochmal in Frage. Ich gebe einer nicht bis Ende des Jahres und dann haben wir nicht schwarz-blau, sondern blau-schwarz. Und alle Beteiligten dürfen froh sein, wenn es nicht nur blau ist. Okay? Wenn wir nur noch verarscht werden. Mehr mag ich gar nicht mehr drüber reden. Sonst eskaliert es wieder. Holmi, du bist auch schon 1000 Jahre dabei. Jetzt scheiße ich einfach und ziehen einander. Aber wieso? Ihr müsst jetzt der Motto, der Cartoon und der Holmi, die haben jetzt da noch schnell, weiß ich nicht. Da kann ich am Wochenende jetzt 3-mal grillen gehen. Werde ich machen. So wieder, wie es ist. Holmi, merci dir. Cartoon, merci dir. Mr. Otto, da so zu solch später Stunde. Das war schon wieder 2, ihr wisst es eh. Nur blau geht kaum. Abwarten, mein Freund. Das kommt alles drauf an, mit welcher Gewalt dass aktuell die Leute, was zum Sagen haben, noch mehr kaputt machen, als eh schon ist. Ich hab vor einem halben Jahr auch gemeint, Bruder, das kann nicht noch schlimmer werden, das geht nicht. And here we are. Abwarten. Aber du hast auch so eine dicke Haut, wenn die jemand als der Trottel bezeichnet, machst du auch noch mit. Mach das mal bei einem anderen Streamer, das macht sau viel aus, dass du kaum Angriffsfläche bietest. Ist aber auch so. Nur dazu sage ich, lerne ich mich jetzt einmal aus dem Fenster so ein bisschen. Wer mich länger anschaut wie 10 Minuten, der merkt vielleicht, dass ich nicht aufs Maul gefallen bin. Ich nehme dich in 2 Minuten so oft, wie du in deinem ganzen Leben noch nie damit worden bist und da kommst du dann nicht mehr raus, das garantiere ich. Und man hat halt hier, ich bin jetzt auch nicht der Gescheiteste auf diesem Planeten, okay? Aber ich bin auch ich habe einen IQ von 25 Drachenlord, den man verarschen und niedertreten kann, ohne dass er sich auch nur Sekunden wehren kann. Weil er zu blöd ist zum irgendwas kapieren. Das kommt dann auch noch dazu. Aber ja, bitte. Nennen Sie mir eine Angriffsfläche, wo ich irgendwas falsch gemacht habe. Zeig mir einen Streamer, der 8 Jahre lang in dieser Größe kein einziges Sponsoring annimmt. Zeig mir einen Streamer in dieser Größe, der während des Streams keine Werbung schaltet. Zeig mir einen Streamer in dieser Größe, der nicht alle 2 Minuten mit irgendeiner Werbescheiße kommt oder das ist Holy, das ist NordVPN, bla 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 bla. Zeig mir einen Streamer, der in dieser Größe nicht alle 2 Minuten um Mitgliedschaften bettelt. Der nicht jeden Tag mindestens 2 Shorts aussieht. Du hast eigentlich meine Mitgliedschaft schon gesehen. Jetzt gibt es einen exklusiven Mitglieder-Content. Zeig mir einen! Los! Los! Angriffsfläche wo? Natürlich einfach reinschwemmen und Leute triggern und keine Ahnung. Ich habe auch keine HelloFresh-Partnerschaft. Ich schreibe das privat da eine. Ich möchte damit kein Geld verdienen. Ich möchte es von der Steuer absetzen. Ihr Affen! IQ von 186. Aber auch nur, weil es die Short-Sache immer vergisst. Ja und? Ja, selbst wenn? Nein, ich bin einfach zu faul, weil es mir zu blöd ist.
Weil durch die Shorts, ja, okay, du hast dann einmal 10.000 Aufrufe mehr und die Abos, die du mit Short-Content generierst, das interessiert keine Sau. Die Leute wirst du nie in dem Stream herin sehen. Nie. Warum? Weil sie Aufmerksamkeitsspanne von einem scheiß Gold, von einem halberten Goldfisch haben. Die mich vorher mit dem Baseballschläger am Kopf aufgedroschen haben. Die kann ich da herin nicht brauchen. Was soll ich mit denen da? Ja, ich muss scrollen, ja. Der hat 3 Wörter gesagt. Ist mir schon 2, weiter scrollen. Birger, lass dich doch nicht triggern, was Streamen angeht. Hast alles richtig gemacht und das setzt die vor anderen Streamen ab. Ich lass mich nicht, ich trigger mich ja selber. Es ist ja manchmal so, manchmal darf es mir ja wünschen, dass jemand kommt. Das ist ja nett. Ihr kennt ja keine Clips mehr, stimmt, das ist noch das nicht. Das ist also eine dumme Scheiße von YouTube. Naja. Ich habe ein Aquarium und die haben mehr als eine 3 Sekunden Spanne. Von denen sitzt sie keiner 3 Stunden daher, exakt. Das meine ich jetzt ohne Übertreibung. Ein ganz geringer Prozentsatz sitzt sie dann länger wie 5 Minuten daher. Außer jemand konsumiert deine Shorts so krass, dass du einen nach dem anderen anschaust und du hast da 100 Shorts und der lacht sich bei jedem Einzelnen kaputt. Dann bleibst du irgendwann bei demjenigen im Kopf hängen und irgendwann kommt er auf die Idee, oh, schau, der ist live. Schauen wir mal, ob der live genauso lustig ist. Dann sitze ich da in dem Livestream und in den ersten 5 Minuten passiert nicht alle 10 Sekunden irgendwas ultimativst Lustiges. Oh, ist ja voll kacke, mach's wieder zu. Herzlichen Glückwunsch. Sollen wir noch Klicks machen mit Minutenangabe im DC? Na. Das ist bloß eine Arbeit im Prinzip für euch. Na. Draufgeschissen. Wenn irgendwas Brauchbares, Lustiges passiert, dann merkt man es uns schon. Das Traurige ist, Deutschland ist derart im Arsch, dass die AfD einiges mehr machen kann. Wenn es die beste Partei der Welt ist, dann ist es übrigens auch meine Meinung, dass man mittlerweile so tief drinstecken, dass es sich nicht mehr umdrehen lässt. Und wenn sie sich umdrehen lässt, dann dauert es Jahrzehnte. Dauert es 2 Generationen. Barco, du lädst jetzt gefälligst jeden Stream ganz runter und cuttest das selber. Barco, hast du gehört? Ja, keine Clips, das war's dann mit den BCAs. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber Barco, du kannst dich mal mit der Steffi zusammen tun. Die hat nämlich eine lustige PDF, wo ganz furchtbar viel Bullshit drin steht. Aber ja, wir brauchen eigentlich die Clips. Wir brauchen eigentlich die Clips. So. Hauptmann Crash Moonfire, ja, was ist jetzt? Weil, auf geht's, erklär's uns bitte. Oh, hat der Flasch angebissen? Oh, hat da jemand irgendwie wieder gescheit gekauft, dass die AfD alles Nazis sind? Oh, der Flasch hat gebissen. Das muss ich mir jetzt noch schnell anschauen. Das schauen wir uns jetzt miteinander an. Schaut in den Chat rein. Was hat denn der Crash Moonfire geschrieben? Schlimm genug, dass man das noch erklären muss. Nein, ich weiß nicht, nochmal, weil blau ist scheiße und niemals eine Alternative. Ah ja, wie ich es dachte. Ja, ich bin auch gespannt. Hauen Sie raus. Oh. Ich kommentiere es gar nicht. Ich schaue mir das jetzt Flash vs. Hauptmann. Ja, Herr Hauptmann Crash Moonfire und nicht persönlich nehmen. Das ist das Allerwichtigste. Da steht es jetzt halt außer, ob jemand was im Kreuz hat oder nicht. Das hat nichts mit persönlich zu tun. Aber der Satz kommt ja nicht von irgendwo. Der kommt ja nicht von irgendwo. Ich hätte gerne warum. Dann mache ich mich noch einen Kaffee. Es ist jetzt aber es ist halt, ich mag jetzt da auch keinen bloßstellen. Das ist auch das Leben. Aber ich mag auch keinen in Schutz nehmen, bloß weil er einen kleinen Namen hat. Das gehört auch dazu. Das ist mir vollkommen wurscht, ob du einen kleinen, der Cartoon hat auch einen kleinen Namen. Der hat auch gesagt, dass er es anders sagt. Was vollkommen in Ordnung ist übrigens. Aber ich hätte gerne eine Begründung. Ich hätte gerne eine Begründung. Die höre ich auch immer gerne, weil meistens sind die Begründungen nicht vorhanden. Das ist ja das Schlimme. Da ist ja nur Nazis und da hat jemand was gesagt und keine Ahnung was. Okay. Ich möchte ich glaube, das dauert uns zu lang. Verlagert das Gespräch ins Discord. Da können wir nur eine Stunde diskutieren. Ist das okay? Weil sonst sitze ich jetzt einfach da. Und ich kann da verstehen, wenn der Hauptmann jetzt da keinen Bock nicht drauf hat, weil alle all eyes on him. Und da jetzt halt gleich wir prügeln aus alle Richtungen rein wird, das ist auch nicht geil. Das ist auch nicht geil, das verstehe ich auch.
Naja, sind auch genug Verstrahlte bei den Blauen, sind aber auch genug verurteilte Rechtsradikale dabei. Das ist richtig, genug Verstrahlte bei den Blauen gibt es sicher, genug verurteilte Rechtsradikale dabei. Wer? Wer? Ja, aber um das geht's mir. Irgendwelche Phrasen ausscheißen, aber null Substanz dahinter, ohne Info, ohne Fakten, nix. Und es geht mir dermaßen am Sack, wenn einer wenigstens ein Argument hat. Du, es ist jetzt nicht so, als wären wir mir nicht extrem gute Freunde. Ich weiß, du brauchst mir nicht sagen. Strafrechtlich Verfolgte. Ja, gibt's da irgendjemanden, der ist verurteilt worden zu, du bist rechtsradikal? Was? Also ich wähle die Partei Russlands, oder wie wurden die mal genannt? Die Sowjetunion, mein Russe des Vertrauens, die weißt du. Ja, für die Allgemeine, ja, ich check schon, was du meinst, ich hoffe die anderen. Ich mag jetzt aber auch nicht über Politscheiße schmatzen. Und ich kann einen Herr Hauptmann, du brauchst da nichts denken, ich kann es verstehen, ich möchte da jetzt auch nichts sagen, weil du kannst jetzt nur verlieren. Du kannst jetzt eigentlich nur verlieren. Ja, gibt es Höcke. Ja, gut. Ja, okay, einer. Machen wir noch einen? Blau ist groß. Oder besteht aus mehrerlei, so muss man es eigentlich sagen. Stimmt, der Höcke, das ist richtig. Lass ich zu. Jetzt ist die Frage, hat zum Beispiel, das ist ein Beispiel, das erste, was mir einfällt, hat in dem Land ein Höcke oder ein Spahn, wer von beiden hat mehr Schaden angerichtet? Ich glaube, der Höcke ist verurteilt, weil er, ich mag den Satz jetzt nicht sagen. Es ist ein Satz, den war von der SS. Darf man das überhaupt noch sagen? Ich weiß, ich muss da schon umeinander tänzeln wie ein Behinderter, weil ich nicht mehr weiß, was man sagen darf. Weil alle bloß noch dumm sind. Negativ, aber bis jetzt war mir die Community sympathisch. Oh, knickst jetzt nicht bei, weil jemand andere eine politische Meinung hat. Dann ist es aber auch nicht schade um die. Ich weiß, dass du seit extrem langer Zeit dabei bist. Aber wenn jetzt das Einzige ist, was kommt, und du jetzt einknickst und gehst, weil jemand dich im Prinzip auch drauf angesprochen hat, weil Gegenwind kommt, das ist wirklich mehr als schwach. Das muss ich einfach sagen. Mein Kommentar wurde gelöscht. Von wem? Von wem? Also wenn es jetzt... Hass ist keine Meinung und leider sehen die wenigsten die eigentlichen Ziele, die diese AfD verfolgt. Selbst ich war dort mal Gefolge, aber es wurde mir tatsächlich zu blöde und zu haltlos. Zu wenig PLZ. Die Nachricht? Welcher Hass? Welche Ziele? Da ist keine Substanz. Ich mag die jetzt nicht anfangen. Da ist keine Substanz. Null. Das ist wieder irgendein Phrasengedresche. Das du irgendwo gehört hast. Nur leider sehen die wenigsten die eigentlichen Ziele, die diese AfD verfolgt. Punkt. Welche Ziele? Welche Ziele sind das große Problem, dass du sagst, oh, leck krass, Alter, das geht überhaupt nicht. Ich möchte mit Nachdruck, wenn wir jetzt schon über die Scheiße schmatzen, ich bin weder pro links, nur pro AfD, nur pro CDU, nur pro irgendwas. Ich habe meine Meinung und irgendwann, wenn wir wieder wählen, werde ich mir das anschauen, wer mich die letzten Jahre verarscht hat und wer nicht und wer meine Gedanken mit der größten Wahrscheinlichkeit umsetzt und wer nicht. Das ist alles. Aber welche... Hass ist keine Meinung, das ist halt auch schon wieder... Ja, ist wurscht. Aber das ist ja jetzt schon schön. Die eigentlichen Ziele, wenn jetzt halt kommt, die Demokratie abzuschaffen, Bruder, dann muss ich die zurücklassen. Schaust du mal ein paar Videos von Markant an. Ja genau, dann schneiden wir noch 5 Minuten Pultdown auf, Alter. Meinst du den Markant, der sich mit einem Ex-Nazi im Fred Perry Polo Hemd hier sitzt? Den Shop von anderen YouTuber, die ihnen nicht gefallen, anschauen und dann, ich zitiere. Ja, ich zitiere nicht, weil ich die dumme Wortwahl kann ich nicht wiedergeben. Dann sitzt sie da ein Typi. Ja, dann geheißen, wie heißt denn der andere Spackerl? Ich kann seinen Namen nicht mehr wiedergeben, ist vollkommen wurscht.
Video ist auch noch nicht recht alt. Da sitzen sie sich hin, schauen einen Shop von einer wahrscheinlich rechtsgesinnten YouTuberin an. Die macht im Prinzip genau das gleiche wie der Markant, bloß für die rechte Seiten. Das ist genau das gleiche. 1:1 das gleiche. Und dann sitzen diese zwei Spackos da dort, schauen sie den Shop von ihr an, dann hängt da ein T-Shirt. Dann weißt du, was der andere Typ in die Kamera sagt. Ungelogen! Es ist moralisch vertretbarer, dass ich jetzt aufstehe, rausgehe und einem 5-jährigen Kind ins Gesicht trete, als dieses T-Shirt zu kaufen. Das sind die Leute, die du mir vorschlagen möchtest. Haben sie dir ins Hirn geschissen, ist meine Frage. Und das ist wirklich, das ist utopisch. Also, und das meine ich. Da bin ich jetzt gespannt, wie man sich da rausredet. Wow, ist der Markant ein toller Typ. Ja, total toller Typ. Der hat nur tolle Gäste. Sowas habe ich auf rechten Kanälen noch nicht einmal gesehen oder gehört. Noch nicht einmal. Noch nicht einmal. Vor 20 Minuten mit einer lieber nicht Politik, sonst eskaliert. Ja, aber jetzt haben wir schon drin, jetzt ist schon wurscht. Es kommt heute nichts. Es kommt nichts. Und für die aktuellen Zustände kann Blau nichts. Die haben nirgendwo etwas zu melden. Schwarz, Rot, lässt sie von links und Rot durch die Manege führen. Wir haben einen Finanzminister, der ist Ex-Antifaler. Okay? Muss ich noch irgendwas dazu sagen? Muss ich noch irgendetwas hier anfügen? Und das sind wirkliche Linksextreme, die Leute bedrohen, Leute schlungen, Leute mit Hämmern Schädel eindreschen. Tut mir leid. Kann ich nichts anfangen. Es tut mir wirklich leid. Ich klingt mir aus, mir ist das in Ölschutz viel gut Nacht. Verstehe ich. Das ist jetzt eine absolute Ausnahme. So, einmal im Quartal. Politrand einmal im Quartal. Markus Gleichmann, Besitzer von Kinderpornografie. Weiß ich jetzt gerade nicht, wer das ist und wo das ist. Ist mir auch wurscht. Was ist mit dem? Weg mit dem. Scheißegal, wo der hockt. Ob der links in der Mitte oder rechts hockt. Weg mit dem. Furchtbar. Bei der Linken. Die wirst bei den Rechten auch finden. Das soll ich, aber es ist. Die findest du in der Mitte, die findest du rechts, die findest du links, die findest du überall. Aber ja, es ist schon lustig auffällig, warum die Linken so gerne in Richtung Kinder geiern. Ich weiß nicht, was eine Drag Queen in einem Kindergarten verloren hat. Ich weiß es nicht, aber die werden es schon wissen. Ich weiß nicht, was sie da tun. Habe ich jetzt auch nicht vorgehabt, aber ich hoffe, du weißt, um was es mir geht. Mir ist wurscht, ob du links oder rechts oder grün oder gelb bist, aber Bitchen mit Fakten. Das ist eigentlich die Message. Ich bin jetzt auch schon wieder dem Rage verfallen. Okay, können wir mal alle wieder ein bisschen runter, ist ja vollkommen wurscht. Aber um was es mir geht, ist, dieses Phrasengedresche und diese Nachplapperei ist einfach dumm. Die ist einfach dumm. Ja, aber das sind doch offensichtlich nicht ernst gemeinte Aussagen. Ach, Kim Ogmanik, hör auf. Schau dir die Szene an, ich glaube, er wiederholt sogar zweimal. Echt? Das ist also dann ja, war bloß ein Witz. Dass ich einem 5-jährigen Kind draußen, wie sagt er, in die Fresse latsche, glaube ich, ist sei Schmerz, sei Zitat. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist ein lustiger Witz, ja? Ist das der Ernst? Sei ehrlich, liegt die heute nicht selber an, Mann. Ich meinte eher, die Videos, auf denen er auf Demos unterwegs ist, die sind unterhaltsam. Das sind es wahrscheinlich wirklich, weil der rennt da ungefähr 12 Stunden am Tag auf den Demos rum, befragt 100 Leute und die 5 Dümmsten schneidet er in sein Video rein. Genauso wie übrigens das die andere Seite auch macht. Eingollern, etc. Macht genau das Gleiche. Du glaubst aber nicht, dass du irgendjemanden mit einem normalen, wirklich einem normalen, bürgerlichen, und normalen Interview in dein Video einschneidest. Da kriegst du keine Klicks, das ist ja langweilig. Du brauchst die Dümmsten der Dummen. Und da wird so lange umeinander gegangen, bis er jemanden findet.
Ist halt so. Aber wenn ich mich dann mit jemandem hier sitze, der findet, dass man einem 5-jährigen Kind ins Gesicht treten kann, volle irgendwas ins Gesicht treten kann, anstatt das T-Shirt von irgendjemandem zum Kaufen, ja, Bruder, dann musst du gehen. Dann musst du gehen. Ist schon ausgeschmerzt. So einen Bullshit habe ich von keinem anderen jemals irgendwo nur im Ansatz gesehen. Das ist richtig traurig und richtig erbärmlich eigentlich. Richtig erbärmliche Vollidioten-Scheiße. Das tut fast körperlich ein bisschen weh. Dass jemand, Weichreiter macht Live-Übertragung ohne Schnitt, das stimmt. Der Weichreiter ist aber auch ein Spacko vor dem Herrn. Seien wir uns ehrlich. Warum haben das immer Spackos? Warum haben sie eigentlich immer... Schau dir an Marcanto. Kannst du mal Gift draufnehmen, dass der im Sportunterricht wurde er als letztes gewählt. Ich fühl's richtig von da, wie der lauft und wie er wirft. Ja, und weil er einfach, ich sag's einmal, dass er Spacko ist. Da kann er jetzt nichts dafür, aber es ist so. Ja, und der Weichreiter, wenn ich den sag, dann weiß ich, ja, Alter, geh mal zum Friseur, du Trottel. Schaust aus wie der letzte Vollidiot. Also, da rennen die größten Vollspackos rennen umeinander und labern irgendeine Kacke und... Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht. So. Warum wird mein Kommentar nicht angezeigt? Leoflix, ich weiß es nicht. Ein Argument gegen AfD, die wollen aus der EU raus. Das erschwert das Reisen durch Europa. Dann kannst du zum Beispiel nicht mehr so leicht nach Griechenland. Was das EU-Thema betrifft... Da müsstet ihr jetzt leider Gottes mit furchtbar gefährlichem Halbwissen glänzen, aber raus aus der EU ist einfach nicht richtig. Sondern die EU einfach nur gnadenlos reformieren. Aber weiterhin Teil der positiven Dinge der EU bleiben. Es ist nicht wie der Brexit, zack, wir haben aus der EU raus. Da bin ich mir fast sicher. Da müsstet ihr aber nachleben, bevor ich da jetzt Dinge erzähle. Bevor ich da jetzt Dinge erzähle. Und abgesehen davon... Was genau habe ich von der EU? Das heißt, ich lasse mich lieber von einem Merz und einem Klingbeil in den Arsch ficken und verarschen, damit ich kein Reisevisa nach Griechenland brauche. Ist das die Art und Weise, wie Linke Kompromisse abwägen? Ja, dann gute Nacht uns allen, oder? Gute Nacht uns allen. Wenn das Argument ist. Weil Birger nicht Live-Chat, sondern Top-Chat eingestellt hat. Oh! Das kann tatsächlich sein, ja, das muss ich leider Gottes immer machen. Weil das automatisch drinsteht. Und wenn ich das umschalte, dann verzwingt er mich wieder zum Einloggen über YouTube, über OBS und das haut er mir nicht hin und dann ist alles hin. Ich verstehe nicht, warum... Ich verstehe es aber nicht. Von der EU hast du dein Reichtum in Deutschland. Da brauche ich mehr... Es ist wieder so ein Phrasengedresche. Ich brauche Fakten. Wo? Wie kommst du denn da drauf? Aber das ist jetzt nicht zum Diskutieren. Ja? Das käme da braucht, da sitzen wir jetzt seit 8 Jahren da, bis du mir das erklärst. Das glaube ich dir vielleicht sogar. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich generell ein Problem mit der EU habe. Aber mittlerweile habe ich ein Problem mit der EU, weil da Leute sitzen, die nicht gewählt wurden. Keiner hat gesagt, ja, die wollen wir. Was tun denn die von der Leyen da? Wir hatten die da reingewählt. Ich nicht. Ich bin nicht gefragt worden. Keiner von uns ist irgendwie gefragt worden. Ich kann mich sogar noch richtig gut daran erinnern, dass in der EU-Wahl die Schwarz die Klatsche ihres Lebens kassiert hat und steht trotzdem von der Leyen da rein. Rast du aus? Wir kommen... Was? Verstehe ich nicht. Macht für mich keinen Sinn. Ich höre gern zu. Erklärt's mir, warum, etc. Bla bla bla. Das EU-Parlament hat die gewählt. Ja. Toll. Was hab ich da für einen Einfluss drauf? Wieso muss man dann von denen Sachen vorschreiben lassen? Was ist das für ein Mist? Und das ist eine Zeit lang gut gegangen und mittlerweile nimmt das Überhand, was die EU so vorschreibt. Und das gefällt mir nicht. Ende. Das ist so meine grundlegende Meinung dazu. Deswegen habe ich absolut kein Problem damit, diese Anbindung an die EU mal zu überdenken. Und nicht einfach gnadenlos zu fressen, was man uns herwirft. So sexy. AfD war bis vor kurzem gesichert rechtsextrem, by the way. Das stimmt. Betonung auf wahr. Und jetzt? Ich weiß nicht, was du jetzt damit sagen möchtest.
Antifa ist gesichert linksextrem. Unser Finanzminister war bei der Antifa. Konsequenzen nirgends. Also wieso muss man hören, dass der AfD vielleicht einmal rechtsextrem eingestuft worden ist? War. Das zurückgezogen worden ist. Was mit Sicherheit einen Grund hat. Möglicherweise ist es gar nicht rechtsextrem. Aber es ist nur eine Vermutung. Hey, es ist nur eine Vermutung. Weil es wird wirklich alles dafür getan. Die, wenn den kleinsten Funken irgendwo finden würden, dann war es schon lang verboten. Ja, ist sie aber nicht. Ende. Oder sage ich da irgendwas falsch? Sie gehört gnadenlos reformiert, absolut, aber austritt mehr. Ja, Kaltram sage ich genauso. Genauso sage ich es auch. Natürlich möchte ich nicht aus der EU austreten. Sicher, natürlich nicht. Das ist schon eine gute Sache. Aber so wie es aktuell, in was für eine Richtung es geht, ist es das halt nicht mehr. Egal ob links oder rechts, unser Land muss wieder stabil werden. Richtig. Und aktuell, alle, die was zum Sagen haben und die in der Legislatur vorher was zu sagen hatten, haben nichts geschissen gekriegt. Nichts! Das müsst's doch sehen! Und dann redet man euch so lang ein, dass irgendwas ist, wie es ist, obwohl es möglicherweise nicht so ist. Keiner weiß das so recht, weil von denen hatte noch keiner auch nur 5 Minuten eine Regierungsverantwortung. Keiner! Und ich gebe euch einen guten Tipp. Ihr wollt es ja, vor allem der anderen Seite, ihr wollt ja eine Mitte-Rechts-Regierung mit aller Gewalt verhindern. Wie gut hat es eurer Meinung nach die letzten 4 bis 8 Jahre funktioniert, indem man immer lauter schreit, das sind alle rechtsextrem, das sind alle Nazis, das sind lauter Vollgasnarische, oh, du bist ein ganzer Besser, fuck you, fuck. Euch gehen langsam die Optionen aus. Wenn das die einzigen Argumente für eure Seiten sind, dass man gegen die AfD ist, dann dauert es keine 6 Monate mehr und die aktuelle Regierung zerreißt es und dann haben wir eine AfD mit über 30% auf alle Fälle, ich sag 32 und dann habt ihr, was ihr nicht haben wollt. Also ich verstehe es halt auch nicht. Es fühlt sich halt auch wirklich an, als da die aktuelle Regierung alles dafür tut, dass Blau über 30 geht, wenn nicht über 40. Also wirklich mit jeder einzelnen Entscheidung, wo ich mir denke, ja, das ist, Blau braucht nicht mehr was machen. Das geht ganz von allein. Tabaksteuer, Zuckersteuer. Was haben wir noch? Tabaksteuer, Zuckersteuer, was kommt jetzt noch? Ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, wie unser Bundeskanzler 2 Tage vor der Wahl gesagt hat, bei uns wird es keine Steuererhöhungen geben. Also ist somit das letzte Wahlversprechen gebrochen. Was soll ich jetzt da sagen dazu, Alter? Was soll ich jetzt da sagen dazu? Was soll ich jetzt da sagen dazu? Bald kommt Luftsteuer, ja. Die haben eine Taskforce gemacht für die Spritpreissituation und Energiepreissituation. Dann kommen sie raus und verzeihen euch, ab 1. Mai wird der Sprit um 17 Cent billiger. Kommt ihr euch nicht verarscht vor? Kommt ihr da keiner verarscht vor? Sag. Ich verstehe es einfach, ich check's einfach nicht, wie man nicht da sitzen kann und sagen, ja, mein Freund, das war's jetzt. Das war's jetzt, du musst weg. Und neben den 17 Cent Verbilligung kommt, ja, ein Arbeitgeber darf euch 1.000 Euro steuerfrei auszahlen, wenn er will. Merkt das keiner, wie für dermaßen dumm, dass die euch halten? Ich check's nicht. Viele gehen im Ausland tanken. Ja, ich kann nicht im Ausland tanken zum Beispiel. Der Spritpreis bleibt da, wo er jetzt ist. Die 17 Cent kämen nicht an. Natürlich nicht. Da kommt diese 12 Uhr Erhöhung, wie sie es bei den Österreichern haben. Bei euch läuft das schon Ewigkeiten da. Da interessiert das keinen mehr. Bei uns schreit die ganze Welt dann noch, da wird ja noch teuer. Nein, wird er nicht. Für uns Ei wird noch teuer. Was soll ich denn machen, Alter? Was soll ich denn machen, Alter? Wir haben schon die Luftsteuer oder was soll CO2-Steuer denn sein? Da hast du leider recht, ja. Anstatt dass man auf die Idee kommt, da rausgeht und sagt, so Freunde der Sonne, dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, CO2-Steuer gestrichen, mir senkt man keine Ahnung was, ich bin kein Politiker, aber weißt, Apps, was man gespielt,
du wirst nie wieder, merk dir meine Worte, du wirst, solange die was zum Sagen haben, hier, schwarz, rot, schwarz wird immer irgendwie was zum Sagen haben, nehme ich mal an, weil das leider Gottes immer nur die Mitte ist, die sich aber leider Gottes von links oder eben dann von rechts rumdirigieren lässt. Ich hätte gern CDU wieder von vor 15 Jahren oder von vor 20 Jahren oder was weiß ich, ist ja vollkommen wurscht. Und dann wirst du nie wieder einen Benzinpreis mit einem 1er vorn dran sein. Mark my words. Wenn wir Pech haben, steht ein 3er davor und es ändert sich nie wieder. Und warum? Der Trump ist schuld. Der Putin ist schuld. Eigentlich sind ja beide schuld. Alle sind schuld. Bloß mir nicht. Ist schon komisch, warum in alle anderen europäischen Ländern der Sprit weniger kostet. Das ist irgendwie seltsam. Seltsam. Das ist irgendwie weiß ich auch nicht. Weil, muss man bei uns auf dem Berg 14 Mal oben rundum fahren und dann wieder oben. Ein Transportkosten. Ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt so das Gefühl, ich werde verarscht. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Weil Konsequenzen gibt es ja auch keine. Was ein Spahn da immer noch zum Suchen hat. Du, keine Ahnung. Keine Ahnung. Da haben Leute schon gegangen und zurücktreten wegen welten kleineren Dingen. Spahn sitzt da wieder drin und verzeiht mir, ja, jetzt Alkoholsteuer, Tabaksteuer, Zuckersteuer. Ich glaube, dass die nicht alle ins Hirn geschissen haben. Und 5 Sekunden später fragen sie sich, wieso wenden alle blau, ich versteh's nicht. Also ganz ehrlich, schwierig. Das ist der letzte Move, um uns die Elektroautos zu bringen. Über das habe ich jetzt gerade nachgedacht, ob das die Absicht ist, weil ich fühle es ja. Ich fühle zum ersten Mal, dass ich richtig ernsthaft drüber nachdenke, eine PV-Anlage zum Investieren, über ein E-Auto noch zum Denken, weil es einfach nicht mehr zum Erzahlen ist. Es ist nicht mehr zu bezahlen. Und natürlich irgendwie die Heizung in einem uralten Haus mit einer Wärmepumpe zu ersetzen. Natürlich rieche ich da den indirekten 2 Jahre, wenn wir es so nicht gezwungen kriegen mit dem Gebäuderenovierungsbullshit und keine Ahnung was, dann machen wir einfach das Benzin so schweineteuer, dass es dann auch nicht so blöd wird. Das sind schon alles eine komische Aneinanderreihung von Zufällen. Irgendwie. Jetzt ist doch gerade komisch. Wieso ist denn dann in der Tschechei das Benzin so viel billiger wie bei uns? Beziehungsweise überall. Das macht einfach keinen Sinn. Und das meine ich, das profitiert nicht einer AfD nach, das profitiert nicht irgendeinem Trottel im Internet nach. Vielleicht profitiert es dann der eine oder andere irgendeinem Trottel im Internet nach, weil sie jetzt gerade sagt, sondern ich hab doch Augen im Kopf. Ich sag bei uns, hier, Sprit 2,50, weil ich weiß jetzt nicht, was beim Österreicher kostet und was genau kostet, aber die letzten Wochen hat das, glaube ich, jeder mitgekriegt, der Auto fährt. Da ist teilweise nur unter 2 Euro. Warum ist das so? Wenn für alle das Öl und der Sprit und so weiter im EK das gleiche kostet. Ja, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Naja, ich freue mich schon auf das Geplär, wenn die Leute in der Arbeit nicht mehr umsonst lohnen dürfen. Bei uns dürfen wir in der Arbeit nicht umsonst lohnen. Gut, ich kann nicht einmal, ich hab kein E-Auto, aber ist ja wurscht. So, das sind einfach allgemein so Sachen und ich fühle mich einfach von der letzten Legislatur und von der jetzigen Legislatur in so vielen Punkten so gnadenlos verarscht und hab so das Gefühl, die halten mich für komplett dumm. Es gibt so viele Beispiele. Machen Sie die Augen auf. Das schönste Beispiel, wo ich immer gern nenne, aber man vergisst es halt, weil es schon eine Zeit lang her ist. Denkt mal zum Beispiel an den Wahlkampf Biden gegen Trump. Wie lang wurde uns erzählt von den deutschen Medien, ja, dass der Biden auf dem kognitiven besten Level ist jemals und voll geil, währenddessen ich sprichwörtlich zuschauen kann, wie er sie auf dem Podest in die Hose scheißt, weil er nicht weiß, wo er ist und weil er nicht weiß, wie er da hingekommen ist und am Schluss nicht weiß, wie er von der Bühne wieder runtergekommen ist. Und auf einmal macht's zack und dann ist Kamala Harris da. Und alle so, ja, das mit beiden, ja, doch nicht so, unter den Teppich. Und dann wird eine völlig, bei uns zumindest, unbekannte Tussi in den Himmel gelobt, was die alles geleistet hat. Und ja, das ist die krasseste Präsidentin jemals. Und in die Umfragen, die ist so weit vorn. Und das ist ein Gmadiwies. Nein, ist nicht. Also ich kann's nicht oft genug sagen, Alter, ihr werdt's, oder nicht ihr, ich halte mich nicht für den Allwissenden, ich check auch nicht alles, ja. Aber ich schau mir halt das einmal an und denke mir so, Moment einmal. Ihr veröffentlicht da jetzt Corona-Akten und von 100 Seiten sind 95 schwarz durchgestrichen. Da stimmt doch was nicht.
Oder? Also der kann doch, was? Der kann doch nicht! Das, ohne jetzt da mit ihr auf irgendjemand mit den Fingern zu zeigen, egal ob links, rechts, sonst irgendwas, aber einfach nachdenken, das kann doch nicht, da stimmt doch was nicht. Ich wird doch da angelangt. Da redet keiner drüber. Und keiner redet drüber, keine Konsequenzen, nix. Und ich fühle mich einfach immer verarschter und das mit purer Absicht und mit purem Bewusstsein, dass die uns für dumm halten. Und das mache ich nicht mehr mit. Aus! Das mache ich nicht mehr mit. Aus! Und wer es nochmal will, den muss man zurücklassen. Der darf sich aber auch nicht beschweren. Wer das letzte Mal rot oder irgendwas links davon gewählt hat und beschwert sich jetzt über eine einzige Sache, die da gemacht wird gerade, der soll die Schnauze halten und sich verpissen. Weil das ja wohl ein Witz ist. Und ich fühle mich einfach verarscht. Das ist alles. Das ist eigentlich alles, was ich damit sagen möchte, wenn wir mir da mal einen Polit-Rant ausholen. Ich meine das nicht persönlich jetzt da am Crash Moonfire gegenüber oder so. Oder an Herrn Ockmannig, der ist ja auch immer, Gott sei Dank, immer noch da. Das meine ich nicht persönlich. Wenn da irgend sowas kommt und ich reg mich dann drüber auf. Ich kenn die nicht, Alter. Ich weiß nicht, wie du in echt ausschaust. Wir haben uns noch nie unterhalten. Du bist in meiner Welt im Prinzip ein kleiner Name auf einem Bildschirm. Nur zur Sicherheit, da der Cartoon ist einer da. Wir haben uns auch schon ein paar Mal gestritten. Und das darf halt einfach nicht. Das darf halt einfach nicht verloren gehen. Ich höre immer gern zu, warum, weshalb, wie kommst du da drauf, etc. Gut, meine Art und Weise, glaube ich, kennt ja jeder. Natürlich rede ich dann irgendwann einmal ein bisschen beleidigend umeinander und so weiter, aber das darf man einfach nicht, persönlich nehmen. Das gehört vielleicht auch einmal gesagt. Demokratie kann aber auch nicht nur aus zwei großen Parteien bestehen. Das tut's ja jetzt gerade auch. Das tut's ja jetzt gerade. Und wenn die das irgendwie hinwursteln, dann machen die eine Riesenkoalition aus Schwarz, Rot, Grün, Pink, bevor Schwarz mit Blau zusammengeht. Was in aller klaren Deutlichkeit, in aller klarster Deutlichkeit der Wähler in diesem Land haben wollte. Aber er hat's nicht gekriegt. Weil da eine sogenannte Brandmauer existiert. Was das undemokratischste Mittel jemals ist. Egal wem gegenüber. Ich hätte auch ein Problem damit, wenn Schwarz eine Brandmauer gegenüber links machen hat. Hätte ich dasselbe Problem damit. Weil das Bullshit ist. Ja, aber und das, keine Ahnung. Das ist eigentlich, darfst du nicht mitspielen. Wie kleine Kinder. Wie kleine Kinder. Ja, aber leider Gottes wird es so laufen, wie ich es gesagt habe. Bis jetzt läuft es genau so, wie ich es gesagt habe. Mit jeder Entscheidung, jetzt lesen sie uns dann vor, ich glaube, wann ist die Kundgebung? War die nicht heute oder war die morgen? War die morgen, ist die morgen. So, das mit den ganzen Steinen, das haben wir ja schon gekriegt. Ich bin gespannt, auf was Neues kommen. Mit jedem Ding, was die kommen, wird es noch schlimmer. Da wo ich mir denke, habt ihr den Verstand verloren? Schwierig. Ich muss übrigens kurz einmal loswerden, die Moderatoren, ihr habt's jetzt frei. Ignoriert alles, was da geschrieben wird. Ihr braucht es weder lesen noch irgendwas, das wird jetzt wahrscheinlich kreislig. Stimmt, Herr Meinmeiker, guter Punkt. Was ist denn am 1. Mai? Zünden da linke oder rechte Hamburger? Oder Berlin? Wer von den beiden zündet die Stadt an? Wegen welcher Seite braucht man da Hundertschaften von Polizisten? Wenn in meiner Welt nicht eigentlich 5 vom Militär. Da ist der sogenannte Tag der Arbeit. Das kann ich schon verstehen, dass das die Linken ein wenig triggert. War ja grantig. Untersuchungen genauso, Medikamente darfst du jetzt mehr zuzahlen. Ja, stimmt, das war noch. Du sollst jetzt dann, du kriegst, glaube ich, wenn du krank geschrieben bist, kriegst nicht mehr 6 Wochen, ich weiß gar nicht, ich war in den letzten 15 Jahren nicht einmal krank geschrieben, ich sag's wie es ist. In den letzten 16 Jahren. Glaube ich, kriegst du noch, ich weiß nicht, wie das läuft, eben weil ich es noch nie war, glaube ich, kriegst du 6 Wochen lang dein Geld und dann nimmer und jetzt kriegst du das schon nach 4 Wochen nimmer oder irgend sowas. Also das wird gekürzt und wenn du zum Doktor gehst und du kriegst Medikamente, dann gehst du in die Apotheken rein und musst da was einfach mehr dazu zahlen. Gleichzeitig steigt aber der Krankenkassenbeitrag. Und dann gibt es immer noch Leute, die wollen mir erzählen, das hat absolut nichts, also wirklich gar nichts, das hat keinen Funken damit zum Tor, dass man mir extrem viele Arbeitslose,
haben, die hier eigentlich nichts verloren haben. Das brauchst du mir nicht erzählen, oder? Das brauchst du mir aber nicht erzählen. Ein Sklavengulag, wo ins Moor, das ist schon. Nirgendwo auf der Welt zahlst du diese Energiepreise, nirgendwo auf dieser Welt gibst du so viel von deinem erarbeiteten Geld ab und kriegst so wenig dafür. Die Rente ist in Gefahr, etc., etc. Es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Und keiner macht einmal einen Vorschlag, da wo auch nur eine Person sagt, okay, das ist das erste Vernünftige, was ich gehört habe. Das ist das erste Vernünftige, was ich gehört habe, machen wir. Machen wir, gute Idee. Stattdessen her ich noch, ich muss noch mehr zahlen, noch mehr zahlen, noch mehr zahlen. Wenn die nötigen finanziellen Mittel hätte, würde ich mich sofort verpissen. Ich sag's, wie es ist. Ich sag's, wie es ist, weil es geht nur so weit, dass wir uns nicht mehr verpissen können. So weit kommt's irgendwann. Das ist hier Wegzugssteuer und keine Ahnung was für ein Dreck. Illegale eindeutig raus, alle die bei uns arbeiten, bitte soll's da bleiben mit Handkuss, aber das illegale Geschwerl weg und zwar sofort. Müller, ich glaube, wir verstehen uns. Und das wird da jetzt normalerweise in dem Mund von einem Linken so umdreht, als hättest du gesagt, ja, alle Ausländer müssen raus. Kannst jetzt drauf warten. Ich hatte im Januar einen Wegeunfall. Bei mir hat der Chef 6 Wochen gezahlt, danach die Berufsgenossenschaft 80% vom Lohn. Das ist ein Teil, da kann ich nicht mitschmerzen, da kann ich mich bloß dafür einsetzen, wie sich das wahrscheinlich für andere anfühlt und ich möchte halt einfach auch nicht mehr zahlen, damit ich weniger Leistung kriege. Was ist das für Schwachsinn? Was soll das? Warum ist so weit gekommen? Das muss einen Grund haben. Die Begründung dafür. Wegen dem Demografiewandel in den letzten 10 Jahren. Aus! Weil da einfach zu viele Leute in zu kurzer Zeit reingerutscht sind, die absolut nichts, ich sag bewusst 0, nicht Minus, viele davon auch Minus, 0 zu dieser Gesellschaft beitragen. Und ich verstehe die Diskussion nicht, warum man den nicht einfach wegtut, wo da das Problem ist. Du hast dir nichts verloren, tschüss. Das ist in allen Ländern auf dem Planeten so. In allen, nur bei uns nicht. Wir haben ja Idioten. Wir lassen uns verarschen wie die letzten Trottel. Tut mir leid. Der Bot hat meinen Kommentar gelöscht. Ich bin mir nicht sicher, das passiert jetzt momentan ziemlich oft. Ja, weil es nicht differierend sind können, nennt man Wording. War auch mein erstes Mal, ging nicht anders, hat man einen Brustwirbel. Ja, um Gottes Willen. Ich meine, für das sind die Sachen da. Ich habe jetzt keinem unterstellt. Ich habe auch schon mal blau gemacht, ja. Ich glaube, zumindest in meiner Schulzeit, vor über 20 Jahren. Ich habe jetzt nicht in Frage gestellt, ob jemand wirklich krank ist oder nicht. Wenn sich jemand was tut, für das ist da. Das geht überhaupt nicht. Aber da sitzen einfach Leute drin, die in dieses System noch keine Sekunde irgendwas reingeleistet haben, ziehen aber alle Leistungen raus. Und dass das System nicht funktionieren kann, das kann ich einem 3-Jährigen erklären. Fertig. Das meine ich auch kein Bass. Ich bin ja auch nicht Bass auf die Leute, die das tun. Auf die Leute, die da herkommen. Du, wenn ich in irgendeinem beschissenen Sandloch wohne, wo es nichts gibt außer Dreck und Scheißdreck, und dann sagt mir jemand, da fährst du auf, da kriegst du eine Wohnung, da kriegst du alles, da kannst du 10 richten lassen, da kannst du auf, was du magst, Alter. Ich weiß auch nicht, was da los ist, aber da fahren wir jetzt hier, da kannst du tun, was du willst. Und da ist voll geil, Alter. Ja, freilich voll. Ja, sicher. Die Leute können nichts dafür, die armen Teufel. Das sage ich nur dazu, die armen Teufel, die können nichts dafür. Ich darf's ganz genau also. Ein Hass oder irgendwas brauchst du auf den nicht schirmen. Das ist pure Behinderung. Aber auf die Leute, die das zulassen, dass die andere Seiten der Bürgerschaft so durch den Dreck ziehen, da brauche ich mich nicht wundern. Ich brauche mich nicht wundern, wenn dann in allen europäischen Ländern übrigens, oder nicht in allen, aber in nahezu allen, dass von einer ich sag's jetzt einfach, das ist meine persönliche Meinung, behinderten linken Idioten Scheiße langsam alles wieder Richtung rechts wandert. Da braucht sich keiner wundern. Und das ist mein Schlusswort für heute. Bin gespannt, wen das wieder aus dem Kommentarloch triggert. Ich werde es aber wahrscheinlich auch einfach nicht beantworten, weil es mir zu blöd ist. Politik ist ja immer ein Scheißdreck, weil man eigentlich nur verlieren kann. Bin mir 100% sicher, dass wir heute 10 Leute aus der Community verloren haben. Für immer und ewig. Weil es einfach keinen IQ haben, der über 12 gelangt. Habe ich vielleicht auch nicht. Aber ich habe zumindest das Verständnis, dass man das nicht persönlich nimmt. Ja? Keiner hat die persönlich beleidigt. Und wenn es das nicht aushältst, wenn es keine andere Meinung nicht aushältst,
Ja, tut mir leid, dann musst du, weiß ich nicht, Paracetamol-Zapferl ins Arschloch reinschirmen und halt deine Fotzen dann. Dann hilft's auch nicht. Wenn's so weh tut. So! Du bist ja immer noch der Mausebär. Ich bin nicht der Mausebär. Was hast denn du gemeint? Das ehrlich. Der Joachim Mix schreibt, meine Oma hat immer gesagt, Doppelpunkt, und dann kommt wieder 4 Stunden nichts. Politik ist ein dreckiges Geschäft, da stimme ich auch zu. Und Scarecrow hat auch recht, dann ist es auch nicht wirklich Schott drum, das stimmt. Aber sie warten, die sehende Leute warten dann einfach Useful Idiots, weil mehrere Zuschauer. So, jo, dann und tschüss, wenn du es nicht aushältst. Ich bin auch dagegen, was er sagt, aber Meinung bleibt Meinung. Ja, Herr Cartoon, die habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Du bist das Aushängeschild für genau das. Haben wir uns auch schon mal über das Thema ein wenig angemault und bist trotzdem noch da. Ja. Glanzleistung. Mein Dono hast du ein bisschen hergemacht. Oh, habe ich tatsächlich. Merci für den Euro. Man kann ja wohl verschiedene Meinungen haben und trotzdem gut miteinander sein. Ja. Ja. Es ist jetzt die Frage, ab wann das kippen. Wenn sich jetzt da irgendjemand hier reinsitzt und sehen, die Leute gibt's, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und der versucht mir so Themen nahe zu bringen, wie zum Beispiel Pädophile sind krank. Weißt du, auf was ich hinaus möchte? Was ich mit dem tue? Mit dem werde ich mich nicht unterhalten, okay? Ist das okay? Mit dem werde ich mich nicht unterhalten. Den werde ich der Polizei melden. Ist das okay? Ich glaube, Sie wissen was. Irgendwann hat alles eine Grenze. Ob ich mich mit jemandem unterhalte oder nicht. Mein Donner hast du auch sagen, fix, Holmi, wo? Nein, hab ich nicht. Doch, hab ich schon. Verdammt nochmal, wirklich. Und ein Gangster-Proof habe ich auch sagen, ja, ich war im Rage-Modus. Wie es damals in deinem Lied schon gesagt hast, warum kann ich Kinderficker, Wichser nicht einfach da schießen? Ja, richtig. Das ist für mich ein völlig indiskutables Thema. Und es gibt Leute, die versuchen auf die Art und Weise zu kommunizieren, ja, kann man dann nicht mehr drüber nachdenken, dass diese Krankheit... Nein! Und weißt du, wer da alle der Ersten waren? Die Grünen. Oh, da gibt's ein paar richtig ekelhafte Zitate. Und das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube sogar aus den 90ern. Das ist noch gar nicht so lange her. Da sagen die Sachen, da tratzt dir die Zehennägel auf. Da dreht es dir die Zähne. Das interessiert keinen. Aber wenn vor 28 Jahren der Hupsi irgendwann einmal irgendeinen Zettel in der Schule austeilt hat, ja, da haben wir 2 Wochen einen Skandal draus. Okay, komm, hör mir auf, du. Komm, hör mir auf, du. Wo am Schluss rauskommt, das war totaler Bullshit. Wie alles, was sie sich einfallen lassen. Weißt du sehen, was es ist? Die Grünen. Ja, ist aber so. Das lasse ich mir jetzt gerade nicht einfallen. It is what it is. Da krieg ich's kotzen. Ich hab zwar selber keine Kinder, aber ich will bloß zwei. Jetzt wär ich schon so grantig. Wer Kinder angelangt oder sonst irgendwas. Wie ich schon so grantig. Aber wie kann's in dem Land Eltern geben, die das mitmachen? Leck mich am Sack, Alter. Wow. Wow. Die freiwillig eine Kinder in Kitas schicken, wo Drag Queens auftreten und wo irgendwelche ja, heute habe ich mir an den Penis gefasst Bücher austreitet werden und so ein Scheißdreck, da wo ich mir echt denke, wow. Wow. Und dann gibt's Leute, die anfangen da drüben. Wow. Ja, also keine Ahnung. Na gut. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Jetzt ist fucking 11:30, oder? Ja, gut. Traut sich keiner was sagen, das kommt schon noch. Das kommt schon noch, dass die Goschen jetzt dann endlich einmal aufgemacht wird. Von wegen Film. Und es ist bei mir vielleicht eventuell vorbei, wenn jemand daherkommt, weißt du, was so offensichtlich geistig völlig, ja, Alter, du bist so lost, dir kann ich nicht zuhören. Wenn man zum Beispiel jemand versucht zu erklären, es gibt mehr als 2 biologische Geschlechter. Dann sage ich, da wenn du was anfängst zu schmerzen hast, okay, tschüss, da brauche ich nicht weiterreden. Das ist so, das, weißt du, wie man. Sowas zum Beispiel. Ich unterhalte mich vielleicht schon mit dir, okay, aber ich gehe halt schwerstens davon aus, dass nach dem Satz und nach dieser Erklärung eigentlich nur dumme Scheiße kommt. Das habe ich keine Zeit dafür. Kinderehen akzeptieren, ja, zum Beispiel. Stell dir vor, man importiert in dieses Land eine gewisse Gruppe, die in der 14. Generation einen Cousin heiratet und sich dann wundert, weil sie einen IQ von unter 60 haben. Was?
Hat er nicht gesagt. So, und jetzt gehen wir ins Bett, meine Damen und Herren. Das hat jetzt wieder mal das klang jetzt wieder. Jetzt haben wir, pass auf, jetzt haben wir Mai, Juni, Juli, passt. Bis nach der Sommerpause keinen Politrand mehr. Muss auch ab und zu mehr raus. Aber momentan ist schon wirklich extrem. Es ist einfach momentan, so extrem haben wir das auch in unserer Welt noch nie erlebt. Was momentan in dem Land abgeht. Muss man auch dazu sagen. Und wir da herin sind wir alles keine Kinder mehr. Da kann man sich schon einmal drüber unterhalten. Ich verspreche mir natürlich aber auch zurückzuhalten. Ich mag da auch abgelenkt werden und mehr Ruhe haben und Bespaßung. Aber einmal alle 3 Monate, glaube ich, ist in Ordnung. Okay? So, nun schleichet euch davon. Ich wünsche Ihnen was. Vielen Dank fürs Zuschauen. Respekt an jeden, der anders denkt wie ich. Du hast eine andere Meinung wie ich, der noch da ist und nicht das Warner angefangen hat. Gibt's diesen von mir. Respekt. Und jetzt gibt es ja jeder selber ein F, dass er noch da ist, dass er das ausgehalten hat, nicht zum Warner angefangen hat, nicht in die Hosen geschissen hat. Gehört so. Und dann da ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich in 5 Minuten im Discord. Ja, da sitzt jetzt dann schon umeinander. Schauen wir mal. Lesen tue ich schon. Schauen wir mal, was passiert. Ich wünsche Ihnen was an meine lieben Moderatoren. Es tut mir leid. Triple F dafür. Danke für die ganzen Donations. Danke für die Mitgliedschaften. Danke fürs Zuschauen. Wisst ihr selber, es ist. Vorab ein schönes Wochenende. Ein schönes langes Wochenende vor allem. Wir sehen uns am Montag und Mittwoch. Sehr wahrscheinlich mit Windrose. Und in der Zwischenzeit im Discord. Nochmal, wer Bock auf Eve hat, ernsthaft, Corporation wurde gegründet. Geht langsam alles seinen Weg. Hauen Sie sich hinein. Ich wünsche Ihnen was. Habe ich jetzt noch einen Gangster-Proof habe ich noch. Einen Gangster-Proof habe ich noch übersehen, den lese ich schon noch vorne. Und Ogman Nick auch noch schnell. Entschuldigung. Chef ist heute wieder richtig gut drauf. Das gefällt mir wieder gut. Aber jetzt sag, Herr Gangster-Proof, das habe ich nicht gelesen, aber Dankeschön. Ich hoffe, Sie sind auch gut drauf. Und ich hoffe, alle anderen, die vielleicht eine andere Meinung haben wie ich, auch immer noch. Deswegen bin ich kein besser Mensch. Oder andere, ich bin auch bloß ein Mensch und sitze da und jetzt, wenn es das Trends nicht aufhört, dann ist es spät. Also für einen Cartoon muss auch sein, für einen Ogman nicht auch. Wir haben ja vorher auch, du hast auch irgendwo eine komplett andere Meinung gerade gehabt wie ich und er ist immer noch da, er hat sogar einen Euro reingeschmissen. Schon, ja? Du hast gerade einen gesichert Rechtsextremen finanziell unterstützt. Ich bin nicht gesichert rechtsextrem, okay? So, jetzt schleicht euch davor, ich wünsche euch was, es war mir ein internes Blumenpflücken, okay? Bis nächsten Montag oder im Discord. HB! Schleichen Sie sich! Oh Gott, wie wird das in die Kommentare wieder eskalieren? Ja, ist eh wurscht. Ist eh wurscht. Pfiat euch.